Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet mir. Herzlich willkommen. Danke vielmals, merci. Schön bist du da. Wir haben den Podcast schon recht lange geplant. Voll. Wie ist es dazu gekommen? Du hast mir mal geschrieben, ich glaube, wir haben auch über ähnliche Sachen geredet. Bin ich auf deiner For You erschienen? Ja. Ich habe dir geschrieben, weil ich gesehen habe, dass du einer der Einzigen bist, wo, wenn es um einen Podcast geht, wo er sinnhaftig etwas redet. Ja. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen und dachte, okay, du weißt, von was du schnurrst. Okay. Und ich sitze gerne mit Leuten her, die eigentlich wissen, von was sie schnurren. Vor allem, wo ich auch lernen kann. Okay. Oder? Weil, wenn du immer das Gefühl hast, du weißt in dem Bereich, wo du redest, alles, kannst du nicht wachsen. So ist es, so ist es. Und darum habe ich gedacht, ich muss dir unbedingt schreiben. Ja, voll. Genau, dann ist es dazu gekommen. Wir haben die Nummern austauscht, wir wollten abmachen. Ich war mal nicht im Mut gewesen, dann ist ein anderer. Ich sage immer, du machst Pläne und dann kommt das Leben dazwischen. Ja, voll, absolut. So. Und ja, heute hat es geklappt. Ich habe auch eine Fragerunde gestartet auf Instagram. Du, glaube ich, auch. Ich würde sagen, die machen wir Wie du willst. querbeet, so Ja, ein ja, bisschen durch. voll. Vielleicht willst du mal erzählen, wer du bist, für die Leute, die dich nicht kennen. Und was so dich ausmacht oder eben was so dein Content ist. Was haben 11 Jahre Kokainkonsum für Schaden bei mir angerichtet? Das fragen mich sehr viele Leute in den Lives und ich will hier in diesem Video ein bisschen näher darauf eingehen. Also, ich bin der Raoul, ich bin 29 und ich mache Content über Suchtthematik. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die schwerste Alkoholikerin und Tramadol-abhängig war. Okay. Durch ihre Behinderung am Bein. Und habe durch das eigentlich eine fette Bindungsstörung kassiert und emotionale Vernachlässigung erlebt. Und bin durch das sehr gewillt gewesen, in meinem Umfeld eigentlich Drogen auszuprobieren. Schon mit 12 Jahren gekifft und habe mich dann bis 27 verloren. Okay. Ja, und das ist eigentlich so mein Werdegang. Ich habe alles probiert und nie etwas Richtiges gemacht, was Schaffen betrifft, was irgendwie betrifft, mich auseinandersetzen mit mir. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich sehr gut analysieren und vernetzen kann. Ja. Durch das aber habe ich mir noch einfacher gemacht, alles zu rechtfertigen und meine Leute zu manipulieren in Ich meinem wollte gerade Umfeld. sagen, ja, das ist eine perfekte Eigenschaft. Genau, ja. das war perfekt dafür. Und so konnte ich mich auch immer durchschlängeln. Und ja, irgendwann kommt die Grenze, irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann bist du im Zwiespalt zwischen dir selber und dem, was du eigentlich kannst. Und dann habe ich meinen Werdegang eigentlich aufgenommen auf TikTok und Insta, um mir eigentlich eine Hürde zu setzen am Anfang, dass ich nicht mehr zurückgehe und gleichzeitig zum, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Aufmerksamkeit generieren aufs Thema, aber auch für mich zuerst einmal, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das Ganze handhaben soll. Durch das Trauma habe ich ja wirklich auch die Bedürftigkeit nach Bedeutung zu haben. Das kann ich auch heute noch sagen. Heute ist das nicht mehr so extrem, aber dazu mal, wo ich auch angefangen habe mit dem Content, ist das schon etwas Starkes gewesen. Und es hat mir aber geholfen. Es hat mir geholfen, zum clean werden, zum clean bleiben, zu meine Themen aufarbeiten und eigentlich erzähle ich über Koks und was es mit dir macht, Dynamiken und allgemein Substanzen. Ja, das ist so das und ich probiere einfach etwas Gutes mitzugeben. Ich probiere nicht besser da zu stehen als andere. Viele denken das, aber das will ich gar nicht. Klar, manchmal drückt das Ego durch, logisch. Ich meine, ich habe gekokst. Ja, Ja. und du bist ein Mensch noch Ja, dazu. natürlich, Also, voll. so. Ja, und eigentlich meine Intention ist, Content zu geben, zum präventiv zu arbeiten. Für Leute, die drin sind, aber auch für Leute, die den Gedanken haben, ich will das ausprobieren oder die heim nicht klarkommen Ja. mit Stresssituationen, mit Gewalt, mit Missbrauch. Ja. Okay. Ich merke gerade, wenn ich mit dir rede, dass du eigentlich mega reflektiert bist, dass das wirklich ein Teil von dir ist. Also es ist nicht einfach ein Thema, sondern es ist ein Teil von dir. Es schreiben mir auch viele Leute, so hey, ich habe aufgehört koksen, 3 Monate, kann ich mal im Podcast kommen. Hey, ich habe aufgehört von da. Und ich schreibe denen immer, ey, bring erst mal eine Zeit an, Ja. wo du wirklich sagen kannst, ich bin clean und dann können wir das nochmal anschauen. Und wieso ich mit dir eben gerne rede, ist wirklich, man merkt, dass du dich mit dem auseinandergesetzt hast, oder? Es sind auch viele Fragen von der Community gekommen. Für die es nicht wissen, ich war lange auf der Suchtabteilung. Ich habe Hochfachschule gemacht Okay. als Psychiatriepfleger und bin dann eigentlich 7 Jahre auf der akut geschlossenen Krass, mit Thematik Sucht und also Substanzensucht, jetzt nicht irgendwie Gamersucht oder sonst etwas. Und hauptsächlich, wo ich immer wieder so gestaunt habe, ist eigentlich Koks, Crack, was ja eine umgewandelte Form ist, Heroin und Alkohol. Ja. Das sind so die Sachen, oder?
Und wir haben es spannend gefunden, also der Raoul und ich, so das Ping-Pong spielen mit Therapeut und einer, der früher konsumiert hat und sich jetzt engmaschig mit dem befasst. Wenn es dazu kommt, dass sich jemand triggert fühlt, dass wir nicht mögen oder zu viel wird, haben wir auch die Möglichkeit abzubrechen. Das ist mir sehr wichtig, weil wenn man Leuten helfen will, finde ich, sollte man zuerst auch schauen, dass es einem gut geht. Also es bringt mir nicht viel, wenn ich dann erzähle. Ich merke langsam, okay, ich komme an meine Grenzen und nur um den Leuten gerecht zu werden, mache ich weiter, oder? Ich möchte einfach nochmal sagen, also wenn du sagst, Bro, ist gut, gehen wir einen Kaffee trinken, können wir das Voll, machen. alles gut, zu 100%. Das ist ein wichtiges Thema, weil genau das merke ich ja in dem Verlauf von dem Content, den ich gemacht habe. Ja. Irgendwann ist das Thema durch. Mein Prozess Ja. ist gemacht und jetzt muss ich eigentlich den Rückzug machen, zum noch tiefer gehen, zum neuen Prozess machen, der dann nicht mehr mit der Geschichte zu tun hat. Oder? Weil ich merke, das Thema ist auch wie durch. Ich habe alles auseinandergenommen und genau. erzählt. Und dann bin ich immer an der Grenze und rede immer über das Gleiche. Ja, genau. Und so wie ich fühle mich halt überhaupt nicht bereit, irgendwie noch tiefer zu gehen, weil ich ja selber im Prozess bin. Ja, voll. Ich muss jetzt erst selber, oder? Du hast vorher etwas Gutes gesagt. 1,5 Jahre, ich bin jetzt fast 2 Jahre clean, das ist eigentlich nichts. Klar, ich bin weit, aber eigentlich, aufs Ganze gesehen, ist es nichts. Weißt? Es ist Am Anfang so. Ja, so, ganz ja. klar. Ja. Okay. Aber nein, ist gut, wenn etwas mir zu viel wäre, würde ich sagen. Musst du einfach sagen. Ja. Super. Das ist eben auch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Wo ich den Podcast starten wollte, habe ich auch zuerst gedacht, wo gehe ich überhaupt an, oder? Und Sucht war so ein Thema. Ey, ich weiß viel, ich habe lange dort gearbeitet, wieso nicht? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, aber irgendwann ist das Thema ja wie fertig. Natürlich. Und wie geht es dir wie mit jetzt dabei? Weißt, du bist jetzt an einem Punkt. Das ist ja etwas, das dich auszeichnet. Also du machst auch lustigen Content, du machst auch so ein bisschen Resti-Testen und so. Aber ich sage mal, 90% ist ja Thema Sucht / Kokain. Wie geht es dir jetzt mit dem? In welchem Prozess bist du jetzt gerade? Du hast es kurz angeschnitten. Ich bin jetzt in dem Prozess, dass ich mich zurückziehe von Social Media, Okay. weil ich jetzt eine Ausbildung starte. Also ich habe keine Grundausbildung. Okay. Das heisst, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit der IV-Wiedereingliederung in einem Praktikum zu starten, im Detailhandel, in einem Modefachgeschäft, Ja. wo ich schon mal war, dazu mal verkackt habe wegen dem Konsum. Ja. Auf das habe ich jetzt hergeschafft, 1,5 Jahre, eigentlich im geschützten Rahmen. Jetzt habe ich die Möglichkeit und gleichzeitig mache ich den Psychosozialberater, der auch 3 Jahre geht. Okay. Und für mich ist das der notwendige Prozess, dass ich mich lösen kann von dieser Identifikation, von dieser Geschichte. Okay. Oder klar ist es ein Teil, aber es ist sehr viel Ego gebunden von dem, was ich erlebt habe und was ich gesehen habe. Und dann kommt ein neuer Prozess zum clean werden, aber mein ganzes Leben kann ja nicht drin bestehen, okay, süchtig sein und jetzt wollen den Leuten erzählen, wie es läuft. Ich meine, es gibt noch so viel dazwischen, wo ich erleben muss und herausfinden muss. Ich bin 29. Ich weiß nicht, was es heisst, 6, 7 Jahre mal angestellt zu sein und einfach sein Geld verdienen und seine Rechnungen zahlen. Ja, genau. Das ist ein Prozess, den eigentlich jeder erleben sollte. Und um das geht es mir. Weil ich weiß, wenn ich diesen Prozess mache, kann ich aus dem Ego rauskommen. Vor allem der Psychosozialberater, den ich jetzt machen werde, ist eine prozessorientierte Arbeit. Das heisst, so eine prozessorientierte Ausbildung. Das heisst, ich werde so in die Tiefe gehen, dass ich nachher einfach mich nicht mehr muss identifizieren mit dieser Geschichte. Okay. Und das ist eigentlich, also, verstehe mich nicht falsch, klar ist es ein Teil, aber es geht darum, dass ich auch mich rausnehmen aus dem. Nein, ich verstehe dich komplett. Es ist wie eine Ablösung. Es ist nicht, dass das nachher Raoul ist. Es ist nachher nur noch ein Teil von deiner Geschichte. Genau. Du kannst die aufrufen, du kannst sie auf die Seite legen. Jetzt mit Social Media, ich merke es ja auch. Ich meine, ich habe den Content auch, ich folge da schon lange angeschaut und ich habe mir auch gedacht, shit, man, wird es dem Typ nicht irgendwann zu viel, weißt du? Es ist so, ja, Bro, alle schreiben dir, alle fragen dich und du kommst ja gar nicht ganz weg von dieser Substanz. Du musst ja nicht mal konsumieren, aber du hast immer in den Ohren, du hast immer in den Gedanken, dass es dich nicht irgendwann auffrisst, weißt du? Es ist so, wie wollte ich sagen, am Anfang habe ich gemerkt, dass Helfen, dass in dieser Position sein, dass Leute mein Wissen wollen, hat mir auf eine ungesunde Art gut getan. Verstehst du? Es hat ein Ego gepusht, das nicht sollte sein. Ja. Und klar, am Anfang, es ist so zweischneidig. Auf die einen Seite ist es gut und gesund, dass man realisiert, dass man auch etwas hat, eine Fähigkeit, die den Leuten hilft. Aber auf die andere Seite ist es, ja, es verstärkt ja nur noch die Geschichte, nur noch mehr. Ja, voll. Und wie kann ich mich lösen? Weil es kann ja nicht sein, dass Raoul einfach nur süchtig ist, Junkie, verkauft hat, jetzt clean und that's it. Das kann nicht mein ganzes Leben sein. Genau, oder? das ist es. Und das ist schon so, weil irgendwann bin ich auch abgestumpft von den Nachrichten der Leute. Da denke ich, so hab deine Fresse, ich habe 600 Videos,
wo ich darüber mache, kann nachschauen. Und das ist nicht gesund. Also weißt du, wenn ich meine? Wenn ich als psychosozialer Berater bin, kann ich das nicht bringen, wenn einer mal in die Beratung kommt. Ja, voll. Und darum die Ausbildung und einfach eine Ausbildung, die nichts mit dem zu tun hat, die rein nur darum geht, um meine Fähigkeit als jetzt, oder? Okay. Von jetzt her. Okay. Und da bin ich, ja. Was ist das für eine Ausbildung genau? Also ist das ein Hochfachstudium? Also das ist ein psychosozialer Berater auf Logosynthese. Das ist das, was Okay. meine Mentorin unterrichtet. Ja. Das ist Logosynthetische Energietherapie, es ist ein Modell, Aha. ein Therapiemodell. Und nebenbei mache ich einfach die Grundausbildung im Detailhandel. Okay. Genau, also das heißt eigentlich, der psychosoziale Berater wird mir dazu dienen, um wirklich nochmal mehr Tiefe gehen, um das Traumata weiter aufarbeiten eigentlich, oder? Weil du kommst in so einem Prozess, du musst an dir arbeiten. Ja, Und 100%. gleichzeitig habe ich die Grundausbildung, die einfach nur dazu dient, um ein normales, geregeltes, strukturiertes Leben zu führen, wo es einfach nur um die Leistung geht, die ich bringe. Okay. Oder so sehe ich das. Okay, aber du machst das schon, dass du auch auf das kannst arbeiten. Wie meinst du? Also der psychosoziale Berater ist dann, du kannst die Beratung dann auch Leute... Ja, ja, natürlich. Okay. Also du hast dann Dings, wenn du bestanden hast, musst du dann 7 Jahre praktizieren. Du musst eine gewisse Anzahl von Stunden haben, dass du dann die höhere Fachprüfung kannst. Und dann bekommst du offiziell das Diplom. Okay. Aber du darfst schon direkt nach der Ausbildung. Darfst schon. Aber du musst dann 7 Jahre praktiziert haben, um nachher an die höhere Fachprüfung zu gehen. Okay, okay. Genau. Und... Okay, das ist egal, aber es interessiert mich trotzdem. Ja, sicher. Die Leistung kannst du auch abrechnen von der Krankenkasse? Ja, ich bekomme dann bis 10'000 von der Ausbildung zurückgezahlt. Das ist Okay. eine Ausbildung, die du selber zahlst. Okay, okay. Oder? Und es gibt halt in dieser Ausbildung es sind nicht Prüfungen, die du bestehen musst, sondern du musst genug tiefen Prozess machen und die beurteilen das. Du hast einen Prozess also du musst dokumentieren den Prozess von Anfang bis zuletzt über 3 Jahre. Okay. Und wenn du genug tiefen Prozess gemacht hast, Ja. dann okay, wenn nicht, dann nicht. Oder? Es gibt Leute, die brechen die Ausbildung ab, Ja. weil sie zu tief gehen. Ja, Weil ja. Das tut Energietherapie, weh nachher. genau, und vor allem Energietherapie ist noch etwas anders. Oder? Es löst Sachen und du merkst das. Also, klar, es gibt Leute, die glauben nicht daran, aber ich merke das ja. Und die Spiritualität, oder? Es ist eine Entwicklung für Spiritualität und auch für die Psyche. Und du spürst das richtig, oder? Wenn jetzt ich meine, es ist eine Gruppenausbildung sozusagen. Wenn jetzt einer dort ist und meine Mentorin macht dann Demos, das heißt, du sitzt auf dem Stuhl und irgendeine Tiefe und irgendein Thema kommt auf und bei mir resoniert das, dann macht das etwas mit Ja, mir. natürlich. Oder? Und das ist eben das Schöne daran. Es ist eine Gruppe, die zusammen lernt, die wächst. Okay. Ja. Braucht aber auch mega Vertrauen, oder? Brutal. Dass man aufmachen kann. Und eben, Mega. wer sind die fremden Menschen, die jetzt Genau. hören, Ja. was ich für Schmerzen habe, etc. Darum, es gibt Leute, die machen die Ausbildung rein nur für sich. Einfach für den Prozess. Okay. Das klingt geil. Oder? Viele Leute zum Beispiel gehen rein und sagen, ich will das lernen, um nachher zu coachen. Aha. Und nachher gehen sie so in die Tiefe und sind so gelöst, dass sie merken, dass coachen ist eigentlich ein Defizit gewesen, um sich gut zu fühlen. Sie haben das gar nicht mehr nötig. Sie wollen es gar nicht mehr. Ah, Speziell. spannend. Checkst du, was ich meine? Ja, voll. Aber schön. Vielleicht könnten wir in Zukunft auch zusammen arbeiten. Ja. Ich mache ja ähnliche Arbeit eigentlich. Ah ja? Ja, Was voll. machst du denn? Also ich habe eigene Spitex, was? psychosoziale Spitex, Krass. wo ich mit psychisch Kranken oder Leuten mit psychischen, also schwierigen Situationen unterstütze. Hauptsächlich Kinder, Okay. ADHS-Kind, Kinder, die keinen Vater haben, wo der Vater weggerannt ist, Kinder, die Drogen- oder alkoholsüchtige Eltern haben. Ich bin sozusagen wie so der grosse Bruder / Vater / Bekannte, Mega schön. wo sie einfach eben, ich gehe shooten mit denen, wir reden über Probleme, ich zeige denen, wenn die so Aggressionen haben, wie können sie damit umgehen. Und ich finde es gut, mein Werdegang, weil eben 7 Jahre Akutpsychiatrie, 2 Jahre eigene Spitex und fast 4 Jahre im Gefängnis, dass ich auch so Präventionen machen kann, damit sie nicht gewalttätig werden, Drogen dealen etc. Du bringst alles mit, was nötig ist. Ja, voll. Oder? Und vor allem, du hast den Zugang auch noch zu den Jüngeren. Ja, Oder? extrem, Und extrem. also wenn ich jetzt das so höre, mir glaubt er, was du sagst. Oder? Das sind ja die Ausschnitte, die ich gesehen habe. Ich check, der weiß, von was er redet. Ja, voll. Und wenn du so einen Zugang findest, dann kannst du wirklich begleiten, dass jemand weiterkommt. Voll. Und Finde ich es mega ist spannend. Mega schöne Arbeit. Also weißt, du kannst etwas noch bewirken. Weil ich sage dir ehrlich, wo ich in der Sucht geschafft habe, ist so, du schaffst. Du bist 2 Jahre an einem dran, du gibst ja auch Energie ab. Verstehst du? klar, Auch wenn logisch. ich Arbeiter bin, ich bin auch ein Mensch Logisch. als Pfleger. Machst. Er geht raus am Wochenende, konsumiert, kommt zurück und irgendwann, sage ich dir ehrlich, schießt dich auch an. Logisch. Weil du denkst, Kollege, ich mach. 100%. Und es bringt wie nichts.
Und ich habe wie etwas gelernt und ich will dich fragen, was du davon haltest. Ich habe gelernt irgendwann, und das hat mir wie Ruhe im Kopf gegeben, ich kann niemanden dazu motivieren, aufzuhören, oder auch nicht deine Mutter kann das, dein Vater, dein bester Kollege. Wenn das nicht eine intrinsische Motivation ist, lass liegen. 100%. Zwing den Typ gar nicht. Lass ihn weiter konsumieren. Er muss irgendwann so auf die Schnauze gehen oder das realisieren, dass er sagt, fuck, was mache ich eigentlich? Ich muss aufhören. Zu 100%. Schon, Ja, also ich sage dir, es ist manchmal, also so sehe ich das, es ist ein Spiel zwischen äußere Überzeugung, dass die innere Überzeugung wächst, oder die innere Überzeugung kommt, oder die Motivation kommt, und dann setzt du der äußere Säulen, dass du weiter wachsen kannst. Was ich damit meine, sind Grenzen, dass du überhaupt gar nicht kannst, falls du Lust bekommst. Okay. Zum Beispiel, dass du verstehst, ich habe das mit dem Podcast und mit dem Content gemacht. Ich bin so am Ende gewesen, der Leidensdruck war so groß gewesen, dass ich sage, ich wollte alles verändern, aber wie? Ja. Und dann habe ich mir Hilfe geholt und gleichzeitig habe ich mir gesagt, okay, aber ich setze mir nur eine Hürde, dass falls ich Lust bekomme, dass ich trotzdem nicht kann. Und mit dem Content ist so wie mir eine Hürde gesetzt gewesen, weil all meine Leute, die mich kennt haben mir gesagt, Bruder, wenn du diesen Schritt machst, du wirst nie mehr Zeug bekommen. Bei jedem, wo du kennst, wir werden das blocken. Ja. Weil die Gefahr ist zu groß, dass es uns fickt wegen dir. Ja, sicher. Und somit habe ich gewusst, ich werde zu gar kein Zeug kommen. Oder? Und das heisst, ich kann dann den Content davon machen, bin schon motiviert gewesen, aber wenn ich fette Suchtdruck hatte und den Content nicht hatte, hätte es schon können sein am Anfang, dass ich vielleicht konsumieren werde. werde. Voll menschlich. Ja. Und darum sage ich dir, das, was du sagst, ich bin 100% bei dir. Es muss eine intrinsische Motivation sein. Manchmal hilft aber auch, eine Überzeugung noch von außen zu setzen. Ja, da bin ich voll bei dir. Aber ich meine so wie der Schritt, ich sage jetzt so, schau zum Beispiel. Einer kommt bei uns, FU, hat die Mutter angegriffen, keine Ahnung, voll auf Koks, konsumiert irgendwie 3-4 Gramm am Tag. Er kommt jetzt, seine Mutter brüllt und dann kommt er zu sich und sagt, ja, ich höre glaube auf, weißt, meiner Mutter geht es nicht gut. Bro, der hört nicht auf. Kannst du vergessen. Der hört nicht auf. Ja, Ich ja. weiß voll, was du meinst. Du musst dir so wie, das ist ja auch so, bei dir ist es sicher intrinsisch gewesen, und du hast dir gedacht so, hey, was kann ich wie so Falltüren aufmachen, dass wenn ich doch den Weg gehen will, es geht gar nicht. Auch wenn Leute jetzt Zeug geben würden, du bist in den sozialen Medien, es wird nachher sofort heißen, ey, Qualität, letztes Mal bei mir gezogen. Aber weißt du, was ich meine? Oder, und für andere, die würden sagen, ja, es ist ja scheißegal, was andere denken. Ja, klar, aber den Zugang zu finden, etwas zu machen, was mit Kommunikation ist und vor allem etwas zu bewirken, hat mir so viel bedeutet, dass ich das niemals hätte aufgeben wollen. Oder? Meine Glaubwürdigkeit wäre verloren gegangen. Eben, Ich hätte jemals wieder in der Social-Media-Welt irgendetwas machen können. Und das habe ich ja wollen. Und was du sagst, ist, du brauchst das Gefühl von gebrochen sein. Oder? Fix. Du hast etwas in einem Ding richtig krass gesagt. Warte, wie hast du das gesagt? Wenn du konfrontiert bist, wie war es? Das mit dem Schmerz konfrontieren, weil das Leben, das du führst, das Leben, das du führst, ist irgendein schmerzhafter als der Schmerz, den du in dir trägst. Und dann schaust du lieber den Schmerz an, anstatt das zu ertragen, was wirklich abgeht, oder? Sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll 100%. Und das ist das, oder? Ich habe es bis zum Äußersten getrieben. Ich habe jede Ausrede probiert. Ich habe jeden anderen Weg probiert. Aber etwas habe ich nicht probiert, wirklich herzuschauen. Und wo ich gebrochen war, so weißt, ich bin am Ende in einer Asylunterkunft bin ich zuletzt gelandet, nachdem ich auf der Straße war ein paar Tage. Ich habe einen Anruf bekommen, dass meine Mutter im Spital ist, zum 3. Mal in Ohnmacht geht und wir wissen nicht, ob sie es überlebt. Ich bin gerade einen Finger am Rupfen 2 Tage. Und dann habe ich das gehört. Ey, auf einmal alles hat gekehrt. Bam, es hat geklopft in mir. Also wenn sie jetzt stirbt, sterbe ich als Junkie. Mein Leben ist vorbei. Sie hat dich so kennengelernt und auch so ist sie von der Erde gegangen. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Und dann habe ich gewusst, okay, ich habe alles probiert, was es gibt, um mich zu verändern, aber etwas habe ich nicht probiert, nämlich fair zu mir sein und herzuschauen, was wirklich weh macht. Und darum, die Motivation muss von dir auskommen. Es geht gar nicht anders. Fix. Entweder berührt dich etwas im Herzen so intensiv, dass du öffnest und dein Ego auf die Seite tust, oder du hast so einen krassen Leidensdruck, das heisst, entweder stirbst oder du machst es jetzt. Voll. So sehe ich das. Ist das aber auch der Punkt gewesen, also der Moment, wo du dann den Weg gegangen bist, aufzuhören? Also die Nachricht von der Mutter? Ja, im 2020 bin ich schon mal in die Klinik gegangen. Ich hatte eine Wiedereingliederung mit der IV
in dem Geschäft, wo ich jetzt wieder arbeite. Und habe es verkackt dort. Okay. Und dann ist alles am Arsch. Ich war gerade in einer Beziehung, die hat mich betrogen. Dann habe ich die Lehre verloren, dann hat sie mich fallen lassen, weil sie gesagt hat, oder, du schaffst nicht, du machst nicht dies und das. Weil ich ihr verzeiht hatte, dass sie mich betrogen hat. Und das ist aber nur, weil ich bedürftig war. Ja, mir ist egal, wer es ist. Hauptsache, ich bin geliebt von außen. Ja, genau. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe ein riesen Problem. Ich habe es probiert, wie ich gedacht habe, ich habe ein riesen Problem. Ich bin in die Klinik das erste Mal, aus dieser Intention heraus, weil eigentlich ich immer ein Leben führen, wo ich mich gesehen habe als jemand, der etwas erschafft. Okay. Oder? Ja. Etwas, ich habe schon immer das Gefühl, ich kann etwas mitteilen, wo anderen Leuten helfen können. Aber ich bin so verloren in meiner eigenen Realität. Und dann bin ich das erste Mal in der Klinik, 5 Monate, bin clean dort und bin aber so arrogant aus dieser Klinik rausgekommen, weil ich ein paar Sachen habe gecheckt und andere nicht. Ja. Und ich dachte, ich konsumiere nie mehr. Und dann habe ich aber gedacht, weil ich nicht gewusst habe, wo meine Fähigkeiten sind, also ich lasse einfach raus. Ich bin zurückgekommen, einfach Zeug geholt, rausgelassen, bin gerade wieder reingegangen. Ich habe alle wieder angeschaut, meine engsten Kollegen, mir am sagen, du konsumierst wieder, ich die am Anfick. Ich habe alle zitiert, die einen Raum. Ich so, ihr seid Wichser und so, ihr behauptet, ich rupfe. Wieder, das stimmt nicht, dafür habe ich schon wieder gerupft. Und die mir am denken, so, bist du behindert, was schnurst du? Ja, und so sind sie du bist drauf und genau. nicht drauf. Ja. So sind sie dann auf Abstand, weißt du? Okay. So hast du keinen Kontakt mehr zu denen? Doch, jetzt wieder, jetzt seit ich clean bin. Okay, also eine gute Kollegen. Ja, ich bin mit ihnen aufgewachsen, so 17 Jahre. Weißt du, du musst die Leute auch kehlen, dass sie es checken, verstehst du? Ja, wenn du das Fehlverhalten immer wieder verzeihst und sagst schon gut, ja, er ist einfach so, dann hast du auch weniger Motivation aufzuhören, weil die Leute sind ja eh da. Ja. Die sind ja wie nennt man das? Bedingungslos da. Genau, egal was du machst. Ja, oder? voll. Und das ist nicht richtig. Und das ist auch ein Grund gewesen, zum Beispiel mein Vater hat mir immer geholfen finanziell. Zum Beispiel ich habe, sagen wir, ich habe 300 Stutz gehabt, ich bin Zeug geholt. Und dann habe ich gewusst, wenn ich kein Geld mehr habe zum Essen kaufen, ich kann ihm anrufen und er zahlt mir das Essen. Okay. Und das heisst, das habe ich immer so, ich habe mir das immer so ausgerechnet. Ja. Oder? Dass du das Essen von diesen 300 gar nicht musst abziehen musst, Genau, und das wird jetzt halt. Ja. Und dann irgendwann, wo ich dann in der Asylunterkunft war, hat mein Vater gesagt, also ich gebe dir kein Cash mehr. Und irgendwann sind meine Fähigkeiten als Limit gekommen von Manipulation und von Geld auslehnen, weil die Leute irgendwann haben es gecheckt, so, Bro, das geht nicht. Und dann habe ich mich auch beschäftigen mit dem Ganzen. Was mache ich denn? Oder? Und wenn die Leute bedingungslos da sind und du keine Konsequenzen spürst, wieso sollst du dich verändern? Für was? Für was? Für was? Du bekommst ja die Liebe, die du brauchst, du bekommst die Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Für was sollst du dich eigentlich ändern? Das macht gar keinen Sinn, dann, oder? Darum, ich bin völlig bei dir. Du musst eigentlich brechen. Ja. Du musst brechen, dass du eben dein innere Kind nicht mehr als schlecht siehst, sondern mit offenen Armen hergehst und mal herlässt, was sagt es mir eigentlich? Weil nur so funktioniert. Hast du den Satz gelesen? Dort? Darum sage ich es. Aufmerksamkeit, aufmerksam der Junge. Genau wegen dem. Ja. Okay. Dann hast du das schon mal gemacht, also mit Aufhören etc.? Genau, ich bin dann rausgekommen aus der Klinik im 2021 und habe mich schlimmer verloren als je zuvor. Okay. Also die Mengen sind verdoppelt gewesen. Von Regen in die Traufe sozusagen, Ja, kann man sagen. Ich kann dir auch sagen, das ist fast bei jedem so, wenn du aufhörst und wieder anfängst, ist es immer wieder noch schlimmer als vorher. Okay. Es wird nie besser, habe ich das Gefühl, sondern immer noch schlimmer. Ja, das Limit ist immer höher gesetzt. Habe ich das Gefühl. Okay, ja, fix. Und bei mir war es dann so gewesen, und dann ich habe mich probiert irgendwie zu finden, zurechtfinden, und die IV ist ja abgesprungen dann dazu mal. Ja. Zuerst ist abgesprungen, ich bin auf Jobsuche gewesen, hatte 2, 3 temporäre Sachen gehabt, gerade wieder versaut, sogar Kollegen haben mich eingeladen in die Bude bei sich, gerade wieder versaut. Und dann immer wieder, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß drauf, Mann, ich lasse einfach raus und klopfe einfach. So, ich habe wie aufgegeben. Und dann bin ich in den Rentenstatus gekommen. Einfach komplett Rente. Und dann am Anfang habe ich mir gesagt, ja, easy. Ich darf offiziell nicht arbeiten. Rausgeholt, hast du gedacht. Ja. Rausgeholt. Das ganze Geld immer gerade 3, 4 Finger geholt, 30, 40 Gramm so, gerade geholt, ein paar verteilt, selber genommen. Und dann so immer wieder aber den Leuten gesagt, nein, ich ändere mich schon, ich will ja, ich warte. Ich darf nicht arbeiten wegen der IV, nein, schön, nein. Oder? Ja, perfekte Legitimierung. Fix. Aber es wird dann halt immer schlimmer. Ja. Oder es wird dann immer schlimmer. Und meine Mutter war oft in Spanien, weil sie meine Großmutter gepflegt hat. Und dann hat es eine Phase gegeben, mehrere Monate, wo sie in Spanien war und ich alleine in der Wohnung. Oder? Und ich habe dann 33'000 von der IV zurückgezahlt bekommen. 2 Monate alles verklebt. Ja, das ist das Schlimmste. Koks und Escorts. Und das hätte ich gefickt, sicher. Die Wohnung hat ausgesehen wie eine Messi-Wohnung. Also wirklich Katastrophe. Also Drogen, Escort kombiniert. Ja. Das ist schon recht ja, Dings, total. Ja. Also Leute, die koksen, ist Escort nicht weit weg. Nein, nie.
Alkohol? Alkohol ist sowieso. Eben, ist gell? mein Es ist Begleiter wie so ein gewesen. Bermuda-Dreieck eigentlich, wo du dich drinnen verlierst, kann man sagen. Brutal. Ja, und das war dann der Auslöser gewesen für meine Mutter, mich rauszuschmeißen. Zum zweiten Mal. Okay. Und dann bin ich zum Vater. Mein Vater hat zuerst abgepisst, hat meiner Mutter gesagt, wie kannst du ihn gehen lassen? Das ist unser Sohn. Mhm. Und mein Vater hat mich nach 1 Monat, nach 2 Monaten hat er mich rausgeschmissen. Ich Okay. habe das selber gemacht bei ihm, er ist in die Ferien. Ja. Bruder, ich habe einfach Escort gerufen in seine Wohnung, in seiner Wohnung geraucht, seinen Boah. teuren Whisky einfach gesoffen, 400 Stutz Whisky einfach gesoffen, ihm Geld geklaut und so. Voll respektlos. Voll Ja, Respekt, ja. unterste Schublade. Voll, ja. Mein Vater ist zurück, ich habe die Tür nicht aufgetan. Ich habe gewusst, er kommt von der Ferien zurück. Ja. Bro, und alles, Abfall, Rauch, alles, weißt du. Boah. Ich mache die Tür nicht auf, dann mache ich die Tür auf, er kommt rein, schaut er mich an. Dann sieht er das, dann rastet er aus. Er so, und du bist mein Sohn. Er so, du bist mein Sohn, also du bist es nicht wert, meinen Namen zu tragen. Er so, ich mache alles und du fickst mich. Boah. Hat er mir gesagt, er so, ich hoffe, du verreckst auf der Straße wie ein Hund. Er so, in 1 Stunde ist dein Koffer gepackt, ich wollte dich nicht sehen. Boah, Bro, der hat mich jetzt schon gerufen. Aber Und gut das, gesagt. und Ja. das sind dann die 4 Tage, wo ich dann auf der Straße war, bei dem Bahnhof Rimli. Ganz kurz, was war dein Gedanke, wo er das gesagt hat? Ist so gewesen, fick dich, Nein, ich Kollege. bin gebrochen gewesen. Also ich bin gebrochen gewesen, weil also das ist ein magischer Moment gewesen für mich. Weil das Einzige eigentlich, und das ist krank, viele haben sich vielleicht in dem gesehen, das ist ja ein absoluter Hilfeschrei gewesen von mir. Ich habe keine einfache Beziehung mit meinem Vater, weil er emotional einfach abwesend war. Und durch die emotionale Vernachlässigung ist das für mich sehr schwierig gewesen. Und wo die Situation war, das Einzige, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre gewesen, dass mein Vater mich jetzt in den Arm nimmt und sagt, es wird alles gut. Ja, ich bin Und dass er das gemacht hat, in mir ist etwas gebrochen. Ich bin am Boden gefallen, ich habe gebrüllt, mich geschämt, er ist gegangen. Und dann habe ich so realisiert, okay, Alter, etwas läuft gar nicht gut. Mann. Aber ich sage dir, oder? Das Analytische und das gleichzeitig Reflektierte, aber Manipulative, ist mir lang extremer Stein im Weg gewesen. Ja, Weil klar. ich bin dann auf der Straße gewesen, habe aber nachher bei der Gemeinde eine Unterkunft bekommen mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Dann ist es wieder noch schlimmer geworden, weil ich dachte, kann ich ja easy, Mann. Irgendwie Ich komme kann ich durch, Ich komme Mann. immer durch, Ja, ja, Mann. fix. Ich habe gedacht, ich bin Gott oder so. Ja. Ich sage, ich komme überall durch. Dann das Koks, wo noch alles verstärkt, oder? Schlimm. Der Narzissmus nochmal aufjagt. 100% narzisstische Züge on point, voll präsent. Eben, sind schon Weißt, umgegangen. ja, sicher. Und meine Mentorin sagt auch, man merkt in gewissen Sitzungen durch die Bindungsstörung mit der Mutter, man merkt so gewisse narzisstische Züge, die einfach verstärkt sind durch die Bindungsstörung und vom Kokain, wo da sind. Oder? Okay. Also ich habe selten, aber ich merke das manchmal selber, dass so etwas durchkommt oder so eine Aussage kommt, wo ich dann merke, so, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Okay. Das ist eigentlich nur so ein reiner Schutzmechanismus, wo Okay. aber dann mir schon sagen kann, da hast du schon ein bisschen narzisstischen Zug. Okay, also würdest du sagen, dass du so ab und zu so einen kleinen Narzisst in dir hast, wo du versuchst, seine Bedürfnisse zu geben, dass er irgendwann weiterzieht? Kann man das so vielleicht sagen? Schwierig zu sagen, ich kann es nicht genau differenzieren. Wir sagen die Leute, nein, das ist nicht narzisstisch, das ist, du bist einfach geschädigt und die Bindungsstörung ist vorhanden und so. Und meine Mentorin meint, es gibt so gewisse Aussagen, die ich manchmal treffe, wo sie sagt, so, nicht, ich bin kein Narzisst, ich habe keine Diagnose, gar nicht. Aber es gibt so 1, 2 Züge, die ein bisschen verstärkt sind durch Okay. die Bindungsstörung, die ich erlebt habe mit der Mutter. Okay. Das würde ich schon sagen, das merke ich manchmal auch. Okay. Aber ich passe jetzt gar nicht irgendwie die Diagnose in oder so, weißt? Ja. Ich bin ja in psychologischer Behandlung. Ja, eh. Aber ich habe auch schon 1, 2 Leute gehabt, die mir gesagt haben, Bro, so, die Aussage ist schon ein bisschen fragwürdig. Ja. Aber ich merke das passiert mir nur immer, wenn ich absolut maximal triggert bin Ja. und keinen anderen Schutz mehr habe. Okay, dann kommt die Schutzkarte sozusagen. Ja, aber also selten. Aber ich habe es auch schon gemerkt, wenn ich mich beobachte. Ja. Es ist ja auch menschlich. Also Ja. für alle die Leute, die das nicht wissen, alle Persönlichkeitsstörungen sind eigentlich also Attribute, sage ich mal, die wir auch alle haben. Jeder ist irgendwo durch narzisstisch, histrionisch, schizoid, wie heißt Borderline. Jeder hat das ja. Wenn die Charaktereigenschaften aber selbst- oder fremdschädigend sind, dann redet man ja von einer Persönlichkeitsstörung oder einer Persönlichkeitsakzentuierung. Darum, es hat Tage, wo du gut drauf bist, dann würde vielleicht einer sagen, schau, der Narzisst, da würde es vielleicht auch über mich sagen. Aber ich sage, die meisten Leute nehmen die Wörter viel zu früh ins Maul, die Ja, ja. keine Ahnung haben. Eine Frau macht ein bisschen Szene, meine Frau ist voll Borderlinerin. Nein, ist sie nicht. Ja, zu 100%. So, weißt, und darum ist so, eben, ich habe das auch sicher auch, ein paar Tage, wo Leute Ja. mir sagen, schau, da voll der Narzisst, er hat das Gefühl, er hat Weisheit mit Löffel gefressen. Ja, ich weiß, was du meinst. Also weißt und 100% im Kokainzustand, also 100%. Wenn ich heute reflektiere, dann denke ich so, Kollege, geisteskrank. Geisteskrank, was für Aussagen.
Und wie ich auch über andere geredet habe. Und, also weißt du, dort ist wirklich, so dort sind narzisstische Züge wirklich sehr stark gewesen. Oder ich habe aber immer auch wieder den Anteil gehabt, wo ich eigentlich nur gut haben mit Menschen. Ja. Weißt du, wo ich wirklich das Bedürftige kann und eigentlich mich nur nach Liebe gesehnt habe und Verbundenheit. Oder weißt du, meine Kollegen sagen mir das auch. Sie so, Bro, der einzige Grund, warum wir dich nicht ganz fallen lassen haben, ist, weil wir wissen, wie du eigentlich bist. Ja. Und all das, was du gemacht hast und die Aussagen, so, Bruder, du bist nie so wirklich unten dran, bist du nicht so. Weißt du, ich habe immer wieder probiert, Sachen gerade zu biegen, mich immer wieder entschuldigt, Fehler eingesehen, immer wieder probiert zu verändern, aber halt an der Umsetzung. Da hat es einfach gescheitert. Und erst, wo ich geschafft habe, aufzuhören, konsumieren, alles, bam, in 1,5 Jahren, alles ist geflossen, auf einmal. Oder? Ja, verstehe ich. Ja, voll. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu 12, 13, der Raoul geht jetzt und greift nach dem Joint, oder? Wie kommt es dazu? Wie ist es dazu gekommen? Wie kannst du dir das erklären? Schau, meine Mutter hat schon seit sie, glaube 26, 27 ist IV. Ja. 100%, weil sie ein Sudeck morbus, glaube heisst das. Hat sie, das ist so eine Nervenkrankheit, die Schmerzempfinden verstärkt und kalt warm. Es ist immer wie angeschwollen und entweder angeschwollen oder ganz dünn. Somit war sie immer daheim und hat durch das medikamentöse Therapie verschrieben bekommen mit Tramadol. Das heisst, ich bin eigentlich aufgewachsen mit einer Mutter, die emotional nicht verfügbar war. Ja. Das Tramadol, oder? Das Tramadol. Und das Problem ist, das Tramadol mit dem Alkohol gemischt. Ja. Das heisst, es war ein Zustand daheim, wo du einfach als Kind, ja, du bist wie Luft, oder? Du bist nicht beachtet. Und wenn du beachtet bist, dann ist es immer so, es ist immer ein bisschen fragwürdig. Und meine Mutter hat sehr viel Gutes gemacht. Sie hat sehr viel probiert, wirklich sehr viel Liebe gegeben, aber für mich ist das so wie zu dem Zeitpunkt nicht das gewesen, was ich gebraucht hätte, oder? Meine Eltern haben sich früh getrennt. Mein Vater ist altmodisch Spanisch und der hat einfach alles meiner Mutter überlassen. Und er hat das einfach abgeholt. Aber mein Vater ist selber mit 14 aus dem Internat von Spanien in die Schweiz gekommen, mit 2 jüngeren Brüdern. Okay. Und mein Vater hat so wie, der hat den Bezug zu unserem Großvater auch nicht wirklich groß gehabt. Ja. Unser Großvater hat auch so Szenen gehabt. Okay. Oder mein Onkel erzählt mir, unser Großvater hat auch Szenen gehabt, wo er zum Beispiel am Sonntagmorgen am 9 Uhr das Brot geholt und mein Onkel hat ihn dann am 1 Uhr morgens in der Bar geholt. Okay, Checkst? voll abgestürzt. So. Ja. Und ich denke einfach, mein Vater hat nicht gewusst, wie. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich habe einfach gemacht, was ihr wollt, weil ich denke, das zeigt, dass ich euch liebe. Oder? Und ich glaube, durch die wenige Struktur, durch die wenige, so eine starke Hand, die wo man ein bisschen zeigt, wie es läuft, und durch die Nicht-Verfügbarkeit von meiner Mutter, ist sehr viel passiert. Weißt, ich habe meine Mutter daheim gesehen, voll besoffen, steht sie auf, läuft sie in die Wand rein, läuft in den Schrank, Platzwunde. Sie weckt mich mitten in der Nacht und sagt, ey, du musst jetzt in die Schule. Oder ich will am Morgen in die Schule und sagt, sie geh schlafen. Weißt, und das immer mit keinem klaren Blick. Und ich habe das gecheckt. Und durch das ist auch das Analytische gekommen, das Reflektieren, oder der Schutzmechanismus. Ich muss alles abchecken, wie ist sie drauf, was passiert. Ja, auf Nadeln die ganze Genau. Zeit. Ja. Und was passiert ist halt, ich habe einen ganz tiefen Glaubenssatz entwickelt, dass ich bin nicht gut genug, weil meine Mutter hört ja auf nicht trinken wegen mir. Würde sie mich lieben, würde sie aufhören. Genau. Ja. Das hat mich gebrochen. Ich spüre das heute noch. Ich bin ja heute noch die Bindungen am Aufarbeiten. Und durch das ist halt auch so, wie du suchst einen Sinn und einen Grund, dass du da trotzdem gut bist. Ja. Und als Jugendlicher, wenn du das siehst, die Heime, du weißt nicht, wie damit umgehen. Und wenn dir keiner 100%. zulässt und keiner versteht. Und ich würde sagen, ich bin doch genug intelligent gewesen, um gewisse Sachen zu verstehen und dann einfach abschalten die Heime. Und ich habe dann halt einen extremen Hass entwickelt. Oder? So wie auch, ihr seid niemand, um mir etwas zu sagen. Oder? Voll, ja. So, und das sagt zum Beispiel meine Mentorin, ist narzisstisch. Oder? Ich so, wer sind ihr, um mir etwas zu sagen? Ihr habt mich kennen lassen. Ja, genau. Oder das ist so voll geisteskrank eigentlich. Und dann habe ich halt eine Hauptverhaltung entwickelt und habe gedacht, hey, weißt du was? Ich will vergessen, was die abgeht. Okay. Ich will vergessen, was die abgeht. Die ist nur Stress. Es wird geschrauen, meine Mutter ist besoffen, mein Bruder kümmert sich nicht um mich, meine älteren Brüder. Niemand schaut. Ich muss selber schauen. Weißt du was? Ich fick alle. Scheiß auf euch alle. Ich gehe raus konsumieren. Und es ist halt das, dass unsere ältere Generation, die sind voll im Film gewesen. Ja. Die sind voll im Film gewesen. Auch so Szenen, da Kilos rausgelassen, dort Kilos rausgelassen. Und wenn du die keinen Halt hast, du sehnst dich nach Aufmerksamkeit, du sehnst dich nach Zugehörigkeit, Nach und Liebe, und du ja. sehnst dich auch nach Liebe, nach 100%. Stabilität. Und das Band von meinen Kollegen, wir sind aufgewachsen, wir sind so eng miteinander gewesen, und wir haben halt die ältere Generation gesehen. Und für mich ist das gewesen, so wollte ich werden. Okay. Das sind die Motherfuckers. Denen sagt keiner etwas. Ja. Die haben den Wert. So habe ich das gedacht. Und dann mit 12 haben wir von Joints rauchen und ich habe mit 13 schon Gras rausgelassen. Weißt? Okay. Ich habe schon auf 200, 300, 400 Gramm die Heime in der Garage versteckt. Weißt, ich Shit. bin Läufer für einen. Wer kauft
Krass, mit von einem 13, 14, 13-Jährigen, ja, Alter. weißt du, so, voll im Film. Und ich habe schon dort gemerkt, es ist mir nicht ums Geld gegangen, es ist mir um den Konsum gegangen. Ich habe den Konsum geliebt. Ich bin schon was sage ich mit 12,5, 13 Jahren, ich habe 50 Gramm am Tag geraucht. Voll drin, mit den Jungs, weißt du, manchmal sind dann zwei Lappen drauf an einem Nachmittag oder so. Manchmal sind nur 50ers drauf. Aber ich frage mich, wie, also Gras ist ja psychoaktive, Ja. also psychedelische, kann Ja. man sagen, Drogen. Und wenn du so ein gebrochenes Kind bist und dich nach eigentlich also ich sage auch, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit. Jeder. 100%. Auch die Neonazis, die dort den Hitler groß machen, die suchen auch Zugehörigkeit. Auch die Ultras, jeder sucht das, verstehst du? Du kannst der 100%. krasseste Typ sein auf der Welt, jeder sucht das. Und dann frage ich mich, du bist so gebrochen, psychisch stimmt eh nicht, und dann rauchst du Joints. Ja. Ist mir gar nicht gut gegangen. Eben, gerade Also tut dich nein, das ich kann- nicht voll in den Film Ich muss dir reinrühren. ehrlich sagen, ich habe ja viele Sachen ausprobiert. Und ich kann dir ehrlich sagen, Gras hat mich krasser getatscht als LSD. Ich schwöre darauf alles. Ja, das glaube ich dir. Es hat mich krasser getatscht als LSD. Das glaube ich Am dir. Anfang war es lustig mit den Jungs. Ja, es ist lachen, chillig. alles ist fein, wo du isst. Nachher habe ich habe den schlimmsten Zustand von der Zustand gehabt. Ich habe überlegt, wenn ich jetzt meinen Fuß so bewege und der sieht, dass ich meinen Fuß so bewege, was denkt er denn über mich zum Beispiel? Okay, voll Oder paranoid. ich habe mit dir geredet, dann habe ich in meinem Kopf weitergedacht und einfach, als ich weitergedacht habe, auf den Punkt, wo ich gekommen bin, geredet. Und nachher die Leute so, hä, was redest du? Ja. Und dann ist es so weit gekommen, dass ich, Schule hat mich eh nicht interessiert. Meine Mutter ist in eine Klinik, ich habe meine Mutter mit meinem Bruder in die Klinik geschickt. Oder? Ich habe meinem Onkel angerufen und gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe kaputt da. Mein Onkel ist dann gekommen und dann hat er gesehen, überall Flaschen und alles Mögliche und keiner hat das gecheckt. Ja. Und dann hat mein Onkel ihr gesagt, also, es gibt zwei Möglichkeiten, nimm das Kind weg oder du gehst jetzt direkt in die Klinik. Und meine Mutter sagt mir so brüllend, nein, lasst mich, ich schaffe das. Und dann habe ich ihr brüllend in die Augen geschaut und gesagt, nein, ich bringe mich um sonst, ich schaffe das Wie alt nicht. bist du in dem Moment? 12, 13, glaube Wild, ich. Alter. Oder vielleicht hat 11, ich weiß es nicht mehr ganz Ja, genau. aber das Kind einfach. Ja, und mein Bruder hat das auch gesagt. Und dann ist sie in die Klinik. Dann hat unsere Großmutter auf uns geschaut. Und der Konsum ist dann halt, weißt, schlimmer wurde rausgeladen. Du fühlst dich geil, zugehörig, Leute kaufen von dir. Ja, ja. So, weißt, du bist das ist- jemand. Endlich, das ist- bist, ja, endlich genau, wirst du gesehen. genau. Endlich Oder- wirst du gesehen und geschätzt für Ja. das, was du machst. Zu 100%. Und dann ist es aber so weit gekommen, dass ich Zuckungen bekommen habe im draufliegenden Zustand. Und dann Zuckungen im nüchternen Zustand. Also wir reden jetzt noch über Gras oder sind wir Wir schon reden bei noch über Koks? Gras. Ah, okay. Wir reden noch über Gras. Okay. Und dann bin ich bin immer am Abend, habe ich so einen fetten Ego-Joint gebaut Ja. und bin mit dem Hund gelaufen. Wenn ich einen Hund hatte. Und ich habe immer gesagt meiner Mutter, ich gehe das letzte am Abend mit dem Hund laufen. Ja. Dann habe ich den Joint im abgeschlossenen WC gebaut. Weißt, Wasser laufen lassen, dass die Trips nicht gehört, wenn ich baue. War voll krank. Voll. Und dann den Joint gebaut, dann so in die Tasche da, raus mit dem Hund und den Ego-Joint geraucht. Das habe ich immer gemacht und dann bin ich immer direkt ins Zimmer. Okay. Ich bin nicht mal um Tschüss sagen, direkt ins Zimmer. Ja, nicht, dass Aber jemand checkt. bevor ich ins Zimmer bin ich immer ins Badzimmer schnell, habe Wasser ins Gesicht da, weil ich jedes Mal gemerkt habe, ich bin zu drauf. Ja. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich mir das Wasser ins Gesicht geschüttet habe. Und dann habe ich so in den Spiegel geschaut und wollte weglaufen. Und auf einmal macht es Stack. Und ich schaue so. Und ich so, bin ich das? So, bin ich das? 14 bin ich. Gewesen. Das bin doch nicht ich, Mann. Und dann habe ich gecheckt, ich muss aufhören. Dann bin ich am nächsten Tag zum Lehrer in die Schule und gesagt, ich will weg von dir, sofort jetzt. Notfallplatz, egal was es gibt, weg. Dann bin ich das erste Mal weg von dir heim, in einen Notfallplatz. Mit 14, 15. Mit 14, genau, für 3 Monate. Okay. Und dort hatte ich dann psychologische Betreuung gehabt. Und Okay. die hat mir dann ein paar Sachen gesagt. Ich habe mir das eigentlich zu Herzen genommen. Bin dann, ich habe immer Fußball gespielt, bin auch gut gewesen. Und dann bin ich, mein Onkel war Fußballprofi gewesen. Und ich wollte eigentlich auch wie ihn stolz machen, weil er für mich oft mehr Vaterfigur war als mein Vater. Mhm. Oder? Und dann habe ich halt auch, es ist alles um Anerkennung gegangen. Ja, Bedeutung, weisst, natürlich. Wert. Und dann bin ich zurückgekommen und meine Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, sind alle älter gewesen. Die sind schon ausgegangen, gesoffen und nachher schon Pillen probiert. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen und habe angefangen zu trinken. Der Alkohol war dann präsent gewesen. Ich habe nicht gekifft, Okay. aber ich habe getrunken. Gerade Suchtverlagerung schon mit Direkt. 14. Und dann Alkohol jedes Wochenende. Und dann habe ich etwa ein Jahr lang nur Alkohol getrunken, jedes Wochenende. Was reden wir für Alkohol? Red Label, Okay, okay. Nicht Bier, Bier. Red Label, ja, ja. Okay. Beides. Schon härtere Sachen. auch. Ja, ja. Und schon dort war sichtbar, dass ich ein verdammtes Problem habe. Weil meine Kollegen haben gesagt, Bro, jede Wochenende holst du Alkflaschen, Mann. Ja. Weißt du, ich habe manchmal ein Red Label Hälfte oder so alleine gesoffen. Boah, das ist crazy. Aber wir sind alle miteinander gewesen. Ja. Oder haben getrunken, wir haben es lustig gehabt. Wir haben das Ja. definiert durch das. Unsere Zugehörigkeit ist gewachsen durch das. Und dann natürlich Ausgangsszene, gell, hat es angefangen. Oxa-Szene, nachher UG und so. Und dann bin ich dort mit Substanzen in Kontakt gekommen. Zuerst hatte ich Pillen, dann Amphi.
Dann habe ich lange Zeit nur das konsumiert, also lange Zeit, etwa ein Jahr, so 1,5. Und nachher, wo das Koks dazugekommen ist, Bruder, ist fertig gewesen. Ich habe direkt gewusst, bei der ersten Line, ich habe gewusst. Wie war es? Wo war es? Im Schulhaus. Schulhaus? Schulhaus Ottmarsingen, ja. Also hast du Schule gehabt oder bist du einfach mit am Kollegen Wochenende hängen? sind wir immer im Schulhaus gewesen. Okay. Es hat so einen geilen Platz gehabt. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, ey, ich habe etwas Geiles, Wir probier haben- mal das. Einen älteren Kollegen gehabt, der mit der älteren Generation verkehrt hat. Okay, Und mit uns. okay. Und wenn wir im Schulhaus waren, wir sind manchmal an einem Platz gewesen, und die sind am anderen Platz gewesen. Und wir sind auch ein bisschen im Kontakt gewesen, weißt, wir haben dann noch viel geshootet, in der Jugendzeit haben wir noch viel geshootet auf Roten Platz. Ja. Die sind manchmal dort am Kiffen gewesen, sonst Sachen am machen, und dann haben sie uns gesehen, da sind wir immer wieder so ein bisschen in Kontakt gekommen, weißt. Und die haben mich aber immer hoch genommen. Die haben immer gesagt, ich bin der Boss von der Gruppe. Okay. Sie haben mich immer hoch genommen damit. Sie so, schau dich an, wie du läufst, dies, das, du bist der Boss von der Gruppe und so. Und ich so, hör auf so Sachen sagen, Mann. Hat es dir nicht gefallen? Nein, gar nicht. Okay. Weil ich habe mich gar nicht so gesehen. Ich wollte nicht der Boss sein von der Gruppe. Ich wollte Okay. einfach mit der Gruppe sein. Du hast einfach ein Teil sein von Ja. der Gruppe, ja. Oder? Und dann war es so gewesen, dass wir ab und zu im Kontakt waren mit denen, ab und zu mit denen gekifft haben und getrunken haben. Und der eine Kollege, den wir hatten, der hat halt schon konsumiert, der hat schon Koks genommen. Okay. Der hat schon Pillen und so genommen. Und meine Jungs sind dann mit ihm ins Oxa und so sind sie zu den Pillen gekommen, zum Amphi und auch zum Koks. Mhm. Und er ist dann mit uns im Schulhaus gewesen, und dann ich bin voll besoffen gewesen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, so ist es gewesen, dass er dann gesagt hat, er so, ey, mit dem bist du wieder nüchterner, probier mal. Und so habe ich Okay. probiert. Ist das nicht der Spruch, den sie immer bringen? Ja, doch. Gell? Wenn du so besoffen bist, sag jetzt dann Ja, rupf mal, dann geht es dir besser. Voll. Aber es ist ja so. Es tut mir Ja. nur leid zu sagen. Es ist Ja, meistens nein, so. das ist auch Tatsache. Aber Fix. es ist ja so. Ja, Weil es tut halt gerade eine Wechselwirkung geben, oder? ja. Und dann hast du dich gefühlt wie, wow. Ja, also, ich habe eben gerne getrunken, Ja, aber ich bin nicht gerne besoffen gewesen. okay. Okay. Kennst du den Zustand, wenn du trinkst, so angetrunken, und das ist eigentlich der perfekte Zustand, aber du hast Lust zum Weitertrinken? Das ist genau der Moment, wenn du am meisten trinkst. Du findest es so geil, dass du denkst, boah, ich trinke noch eins. Aber genau, eigentlich ja. musst du dann Wasser trinken, weil du bist ja schon auf dem Peak. Genau. Und dann ist so, nachher ist nur noch Scheiße. Voll. Ja. Und ich habe immer diesen Zustand behalten. Ja. Aber ich habe gerne getrunken. Das heisst, ich habe gerne viel getrunken, bin sehr schnell besoffen worden. Und wo er mir das dann gesagt hat und ich das dann probiert habe, bin ich wieder wie da gewesen. Und ich so, wow. Geil. Ich so, das ist der Shit, Ja, Mann. ja. Ich habe es gefunden. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Und es hat mir Ego gegeben, es hat mir Sicherheit gegeben. Ich habe mich der Stärkste im Raum gefühlt. Ja. Kombiniert. Dann habe ich gedacht, Kollegen, Anerkennung. ich dachte, jetzt geht es ab. Ja. Krass. Das ist der Film, der gestartet ist. Krank eigentlich. Oder? Ja. Ja. Ich stelle einfach Fragen, gell? Wenn du Ja. Fragen hast, du stellst einfach, Ja, ja. Du stellst einfach auch Fragen. Ich finde es einfach interessant, oder? Du sagst ja, es ist ja auch ein grosser Teil, also ich sage jetzt nicht, deine Mutter ist schon, dass du so geworden bist, aber Ja. hat auch einen Beitrag dazu Natürlich geleistet, hat's oder? einen Einfluss, Natürlich. Aber jetzt, also vorher hast du aber auch gesagt, meine Mutter, wo ich gehört habe, ey, es besteht Gefahr, dass sie sterben kann, der Moment hat mich wie zurückgeholt, oder? Nochmal. Aha. Ich frage mich, wenn eine Mutter, und ich frage sie extra provokant, Alles gut. wenn eine Mutter dir so etwas antut, wie kannst du so eine Mutter noch lieben? Das ist meine Mutter. Mann. Gell? Das ist meine Mutter, Gell? das ist mein Ja. Fleisch und Blut. Sie Ja. hat mich auf die Welt da. Sie hat alles gemacht, was sie hätte können. Weißt du, man kann es objektiv betrachten, kann man sagen, okay, es ist verantwortungslos gewesen, dass sie zu dem Zeitpunkt in dem Suchtverhalten ein Kind auf die Welt setzt. Könnte man jetzt sagen. Aber ich meine, ihr ist gesagt worden, du brauchst die Medikamente wegen deinem Bein, es geht dir besser damit. Und meine Mutter hat ja auch eine Kindheit gehabt und hat ja auch Prägungen durch das. Ja, 100%. Und hat ja auch meinen Vater gehabt. Und mein Vater hat sich getrennt und meine Mutter hat IV. Wenn du dann daheim bist den ganzen Tag, das macht etwas mit dir. Und du hast das Medikament, das dich gut fühlen lässt. Und dann der Alkohol noch dazu. Weißt, dann ist klar, dass du nicht gross überlegst. Und klar könnte ich sie jetzt aufhängen dafür. Das habe ich früher auch stark empfunden. Bis ich begriffen habe, so, meine Mutter hat das Bestmögliche gegeben. Ich hatte meistens immer Essen auf dem Tisch gehabt. Ich hatte Kleider gehabt. Meine Mutter hat mir immer wieder Geld gegeben. Und meine Mutter hat mir eigentlich ein warmes Zuhause gegeben. Was sie mir nicht hat können geben, ist ihre Liebe. Weil sie die Liebe für sich selber nicht empfunden hat. Das ist das, was mir gefällt hat. Aber alles andere hatte ich gehabt. Und durch mein Verhalten aber, weil ich mehr wollte oder nicht gesehen habe, was sie mir gegeben hat, bin ich ja in die Rolle hineingekommen, dass ich gesagt habe, du bist schuld dran. Aber ey, ich bin 14, ich habe einen Kopf. Keiner hat mir die Waffe nach Kopf. Keiner hat mir die Waffe nach Kopf und sagt Rupf. Ich bin 15, ich bin 16, ich bin 17, ich bin 18, ich bin 19. Ich habe 1 Million Chancen gehabt. Es liegt ja in meiner Verantwortung, das zu machen.
Ich bleibe in dieser provokanten Rolle, Ja, gell? sicher, Ist mach das gut. Ist das nicht normal, dass du Essen auf dem Tisch hast? Also du stellst es jetzt gerade so wie an, oder? So, hey, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe mehrheitlich ein Dach über dem Kopf. Das sind ja Sachen, die selbstverständlich sind, verstehst du? Es ist ja eigentlich die Liebe, nach der du stehst. Also ich glaube jetzt, wenn ich den Raoul so mit 12 mir bildlich vorstelle, sehe ich einen Raoul, der sagt, scheiß aufs Essen, umarm mich einfach mal. Ja, logisch. Oder? Logisch sage ich das. Logisch ist das, dass sie. Schau, mein einziger Wunsch, den ich hatte, die ganze Kindheit, war, hör auf, das scheiß Medikament zu nehmen. Das wäre für mich alles gewesen. Ja, Ich habe tagtäglich 8 bis 9 Tramadol-Fläschchen in der Wohnung versteckt gefunden. Ja. Wenn sie gegangen ist, zum Beispiel, einkaufen, dann habe ich die ganze Wohnung durchsucht, um die scheiß Medikament wegzurühren. Ich hasse das Fläschchen über alles. Ich bin so triggert, wenn ich das Tramadol-Fläschchen sehe. Und weißt du, ist es selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass du Essen hast auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. Also, Ich sehe es nicht so. ich sehe es schon so. Siehst du Mama, es so? ja, ja. Also wenn du jetzt es gibt ja Gebiete, wo das nicht selbstverständlich Ja, aber ist. wir leben in der Schweiz, weißt du? Wir leben in der Schweiz. Ja, aber ist es selbstverständlich? Also wenn du ein Kind hast, ist das für dich selbstverständlich, dass du deinem Kind Essen, Trinken natürlich. und Liebe gibst? Das ist das Mindeste, was du sollst geben. Genau. Logisch, das ist das Genau. Mindeste, was du sollst geben. Und ich frage nicht, weil ich die Meinung kann. Also Alles gut. ich frage auch so, ich finde es krass, ich finde es auch schön, dass du so an deiner Mutter hängst, weil ich sage auch, es ist am Ende des Tages ist es deine Mutter. Ja. Verstehst du? Sie hat auch Fehler gemacht, aber sie hat wahrscheinlich auch sehr viel richtig gemacht, Ja, oder? natürlich. Sonst wärst du nicht an dem Punkt, wo du heute bist. Klar ist es auch dein Verdienst, aber tust du dir vielleicht nicht ab und zu auch Sachen wie dich als Schuldige sehen? Vielleicht will auch deine Therapeutin gesagt, ey, schau, du hast narzisstische Züge, dass du jetzt wie als Gegenteil beweisen willst und dann auch dich so extrem selbstlos zeigst, obwohl es in ein paar Punkten eigentlich gar nicht müsste sein. Schau, das ist mega krass, das ist geil, geiles Gespräch, das wird geil. Das wird geil, Alter, das wird geil. Genau, auf der Shit stehe ich, Alter. Schau, es ist recht spannend, weil das Selbstlose, das kommt ja von irgendwo. Unten dran ist das ja irgendwo mit einer Bedeutung verbunden, warum ich selbstlos sein sollte. Weil ich vielleicht einen Wert sehe in dem. Oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, schau, schon als Kind habe ich nicht verstanden, warum man anderen will schaden. Okay. Schon als Kind habe ich das nicht gecheckt. Ich habe gesagt, wieso musst du anderen schaden? Es ist miteinander einfacher als gegeneinander. Ja, 100%. Friede ist die einzige Lösung, wenn du miteinander bist. Und ich habe das komplette Gegenteil gelebt. Aber ich habe schon als Kind so gedacht. Aber weil mir keiner zugelassen hat und keiner verstanden hat, was ich gesagt habe. Schau, ich habe mit 12, mit 20-Jährigen gechillt und die haben mir gesagt, Bruder, wie kannst du so denken mit 12? Ich checke das nicht. Ja. Wie kannst du so reflektiert sein? Das Einzige, was ich hatte, sind meine Gedankenspiele und mein Dialog mit mir. Und ich glaube, in der Jugend ist sicher viel passiert, dass ich so wie verbinden selbstlos muss sein. Dass ich auch vielleicht verbinde, ich muss beweisen, dass ich ein guter Mensch bin. Vielleicht auch, ich darf nicht böse sein auf sie, weil sie hat ja Richtiges gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, um deine Frage zu beantworten, ich weiß es nicht, es kann sein, dass ich das vielleicht bewusst irgendwie so das Gegenteil will bewirken. Es kann sein, ich weiß es nicht. Für mich ist einfach so wie, schau, meine Mutter hat vieles falsch gemacht, meine Mutter hat vieles richtig gemacht. Ich habe vieles richtig gemacht, ich habe vieles falsch gemacht. Ihre Schuld ist ihre Schuld, meine Schuld ist meine Schuld. Fair. Und die Bindung aber, die gestörte Bindung, die geht so tief in mein System hinein. Ich bin 1,5 Jahre sauber jetzt. Wahrscheinlich werden noch Sachen auftauchen, die ich gar noch nicht jetzt checken kann. Ja. Denke Ja. ich. Mega gut, mega Also, reflektiert. Bin ich ausgewichen oder habe ich es beantwortet? Nein. Ich Okay. probe Bohr schon an, wenn du ausweichst. Okay. Ich fixiere dich schon. Okay. Nein, ich finde es mega gut. Ich finde es auch schön. Ich finde auch den Gedanken schön so, hey, ich kann nicht immer meine Mutter verantwortlich machen Nein, dafür. natürlich nicht. Weil, eben wie du sagst, keiner hat mir eine Waffe an den Kopf gegeben. Keiner hat gesagt, konsumier. gar nicht. Ich sehe den Punkt, aber ich denke auch, wie du bist ein 12-jähriges Kind, wo keine Liebe oder nicht die nötige Liebe, Zuneigung bekommt. Irgendwo durch ist es auch eine teilte Schuld. So, verstehst Ja, du? Du natürlich. kannst nicht wie sagen, sie hat mir Waffen an den Kopf gegeben. Ja, hat sie nicht, aber sie hat ihr noch nicht die Liebe können geben. Sie Nicht hat- können geben, wo sie mir- hat müssen. Sie haben mir kein Werkzeug gegeben, um es nicht zu machen. Checkst du, Ja. was ich meine? Genau, so, genau. Da, sie haben mir das Werkzeug nicht beigebracht, um es nicht zu machen. Genau. Weil Sozusagen. Eltern Ja, sind ja. ja eigentlich da, dass, wenn jetzt mein Kind Scheissdreck macht, dass ich sage, ey, so Ja. nicht und bla. Klar.
wenn du nicht mal selber auf dein Leben klarkommst, was auch normal ist mit Tramadol. Und das ist auch ein Thema, wo ich nachher eingehe, weil unsere Ärzteschaft und unsere Medikamente-Dings, was total gestört ist. Wie willst du Liebe geben, wenn du selber keine Liebe empfunden hast? Ähnlich auch wie bei deinem Vater, wo du gesagt hast, was will dein Vater dir geben, wenn er das selber nicht mal gesehen hat? So. Zu 100%. Weißt du, objektiv betrachtet, nehmen wir mal meine Gefühlswelt raus, objektiv betrachtet, ist es verantwortungslos gewesen, es ist falsch gewesen. Sie hätte müssen zuerst mal die Bindung zu sich haben, eine gesunde Beziehung mit sich selber, dass du überhaupt etwas Gesundes deinem Kind kannst mitgeben kannst. Voilà, Punkt, fertig. Ja. Da muss man gar nicht diskutieren, das sage ich auch heute. Darum gehe ich über, wenn mir Mütter schreiben und sagen, meine Kinder merken das nicht, ich raste dann aus, ich beleidige dich jetzt tot. Weil ich sage, ich weiß, was ich erlebt habe, natürlich merkt es dein Kind, ich habe jedes Mal gemerkt. Ja, fix. In der Gefühlswelt innen ist es halt, ich bin sehr stark gekoppelt an die Bindung und verstehe gewisse Dynamiken und gewisse nicht. Weißt du, was ich meine? Und das macht es für mich auch schwierig, so, ja, mich manchmal zu lösen. Ich bin dran, oder? Früher war es viel schlimmer gewesen. Und durch das habe ich ja auch so wie nicht gelernt, mich zu regulieren. Oder? Also deine Eltern sind ja verantwortlich für deine Gefühlswelt, um sie zu regulieren. Es ist eine Koregulation, bis du es selber kannst. Und wenn das nicht stattfindet, suchst du Kompensation. Darum ich sind Sucht. Ich liebe, wie du so alles weißt, so erfrischend. Ja. Ich sehe aber ich sehe Sucht als reine Kompensation. Ja, ist so. Von der Gefühlswelt. Ist es so. Nichts anderes. Eigentlich. Sucht ist eine Gefühlskrankheit. Genau, zu 100%. Ja. Und wenn das passiert, klar gibt es Leute, die verantwortlich gewesen wären, um dir das beibringen. Aber irgendein musst du halt akzeptieren, dass es dir selber beibringen musst. Ja. Und wenn du als erwachsener Mensch denen trotzdem noch in dieser Opferrolle bleibst, weil sie es nicht gemacht haben, muss ich es nicht machen, ja, dann ist logisch, dass du immer noch rupfst. Weißt du, was ich meine? 100%. Das meine ich damit. 100%. Oder? Und dort bin ich auch voll bei dir. Irgendwann musst du die Verantwortung für dich übernehmen. Weil 100%. es ist auch, ich verstehe die Leute nicht. Ich bin als Kind geschlagen worden, jetzt schlage ich meine Kinder. Ja, was habe ich denn schon gesehen, dass ich weiter kann? Amigo, dann mach kein Kind. Ja, 100%. Dann mach kein Kind. 100%. Dann gib deine Kinder lieber an ein Heim ab und die finden Adoptiveltern, als dich als Vater zu haben. Ja, so, ja. verstehst du? Darum, es ist so wie teils, teils. Ich verstehe wie beide Seiten. So, es ist so easy, ich muss erwachsen werden, aber als Kind bin ich ja abhängig. Also ich kann ja, Ja, natürlich. ich kann es ja nicht anders machen. Was soll kannst ich gar als nicht. 12-Jähriger lernen, wie man sich reguliert? Oder Ja. als 7-Jähriger? Es ist ja etwas, was bei deiner Kindheit schon dabei war. Ja, klar. Irgendwann nimmst du es einfach realer wahr. Natürlich. So. Ich meine, die Leute sind so geisteskrank hängen geblieben manchmal. Jetzt stellen wir uns vor, du bist eine erwachsene Person. Du bist verantwortlich für ein Lebewesen, das noch nichts kann, das alles lernen muss. Das heißt, es ist deine Verantwortung, das bestmögliche Umfeld zu geben, dass das Kind gesund kann wachsen in allen Aspekten von dem Leben. Und wenn du nicht fähig bist dafür, dann du dein scheiß Ego auf die Seite und hol dir Unterstützung, fix. dass du das Bestmögliche deinem Kind kannst geben. Weil das Kind kann nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Genau. Und vor allem, wir sind in der heutigen Zeit so, wenn ich denke, was für Menschen Kinder bekommen. Das hat man Ich sage dir ehrlich, du solltest, klar, es ist nicht machbar, du solltest einen Test einführen. sogar für einen Hund brauchst du Checkst, Test, das für ist einen Hund crazy. brauchst du einen zum Älterwerden nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich das auch oft gefragt, aber ich kann das so beantworten. Weißt, am Ende des Tages sind wir alles wie Menschen, wir leben auf diesem Planeten. Wir sind an einem Strafgesetzbuch gebunden, Ja, klar. aber du darfst auch nicht alles entscheiden, verstehst du? Ja, Wenn ich klar ein nicht. Kind will, dann kann ich ein Kind haben. So, es ist so, ob ich das dann gut behandle etc., für das gibt es Cash etc., aber es wäre zu krasser Eingriff in die menschliche Würde, dass irgendeiner, der meine Werte und Normen nicht für richtig empfindet, mir sagt, dass ich kein Kind haben darf. Darum. Ich habe mir das aber auch oft die Frage gestellt. Meinst du aber nicht eher, es ist noch fragwürdiger, dass man als erwachsener Mann oder Frau das Gefühl hat, ich setze jetzt ein Kind auf die Welt und ich bin null fähig dafür, das Kind zu erziehen. Also ich bin voll bei dir. Eigentlich sollte es so wie geben. Bin Ach so. ich voll bei dir. Weißt du, was ich meine? 100%. Weil am Ende des Tages, verstehst du, das sind dann die Leute, die konsumieren. Das sind die Leute, die vielleicht psychisch irgendeine Ecken abhängen, die nachher jemanden verschiessen, weil sie in ihrem Wahn drin sind. Das ist ja alles von einer Bindungsstörung. Ja, Also 100%. Bindungsstörung ist ja das grösste Problem, was wir haben. 100% So, bin und ich bei dir. ich sage auch etwas, was viele nicht hören möchten. Viele Männer da draußen haben einen Vaterkomplex. Und es sind nicht die traurigen, armen, Schluck in der Kurve dort, sondern auch erfolgreiche Leute, Künstler, viele, die einfach die Anerkennung irgendwo anders suchen. Keiner will es aber zugeben, weil wir nie gelernt haben, ehrlich zu sein. Zu 100% bei So. dir. Zu 100% bei dir. Wenn du geboren wirst,
Ich meine, die wichtigsten Bindungen sind deine Bezugspersonen. Vater, Mutter. Und wenn diese Bindungen gestört sind, Du wirst. du wirst irgendwo einen Schaden haben. 100%. Es ist gar nicht anders Ja. möglich. Voll. Weißt du, was ich meine? Und es heisst nicht Bindungsstörung, mein Vater ist nicht da gewesen, bevor jetzt einer sagt, nein, mein Vater ist da gewesen. Es kann auch sein, dass dein Vater emotional nicht erreichbar Genau. ist. Dass dein Vater einfach dort ist, er gibt dir Essen, er sagt, wenn du ins Bett musst, oder vielleicht nicht mal das, und dann geht arbeiten, geht Geld bringen. Ich habe ja einen Vater gehabt. Nein, Bruder, du hast keinen Vater Nein, du hast gehabt. keinen Vater gehabt. Das genau. war einfach irgendein Mensch dort, gewesen, Ja. der für dich ein bisschen geschaut hat. Aber ein Vater redet auch mit dir, hockt an. Also ich bin nicht Vater, aber ich weiß, was ich für ein Vater sein möchte. Ich möchte ein Vater sein, wie ein Kollege, aber wo respektiert wird als Vaterfigur. Wenn mein Kind Probleme hat, ich will mit ihm sitzen und will sagen, ey, was stört dich, weißt, reden wir So drüber. muss es sein. So. Stell dir vor, du wachst auf mit einem Menschen, der eigentlich für dich sollte der sein, und er reagiert immer mit Distanz zu dir. Ja, genau. Shit. Ja. Oder er trimmt dich dazu, du musst das und das machen, dass du meine Liebe verdienst. Das ist krank. Weißt du, was lernst du durch das? Du lernst durch das, dass du nur liebenswert bist, wenn du etwas erreichst. Und ich sage, tief verankert in der Psychologie, wenn du dein Glück abhängig machst von deinem Erfolg, dann wird das Leben einfach wie eine Achterbahn verlaufen. Oh, ja. Krass. So, verstehst du? Du Krass. musst stolz sein auf die Person, die du bist und nicht, was du alles erreicht hast. Sprich, mach ein Beispiel, wenn der Podcast läuft, dann bin ich jemand, ich würde sehen. Ja. Aber wenn ich dann mal weniger Klicks habe, dann bin ich schlecht drauf. Bro, wenn du so lebst, du bist gsi. Du kannst nicht von deinen Erfolg einfach leben, weißt du, Gar wie nicht, ich du meine? kannst es nicht abhängig von außen machen. Nein. Weißt du, gar nicht, wenn ich zum Beispiel vergleiche, mein Vater zum Beispiel, hat mich nie geschlagen, er hat mich nie schlecht geredet. Aber mein Vater hat so wie auch nichts. Er war einfach da gewesen. Einfach aber nicht, also weißt du, nicht mehr. Und bis ich es verstanden habe, wie es bei ihm ist. Er hat uns abgeholt und hat gesagt, was wollen wir heute machen? Ja. Ich bin, Kollege, ich bin 8, ich bin 7, ich bin 6, ich bin 9, ich bin 10, weil ich weiß doch nicht, was ich will Ich machen. schwöre, mach ein Programm. Alter. So, weißt du, was mach's ich schon meine? mit, ja, 100%. Oder? Und heute sage ich ihm das und dann sagt er, ich hätte mehr machen, weißt? Und ich finde es mega schön, dass mein Vater sich auch so verletzlich zeigt, oder? Mega stark Weil ich von habe ihm. mega viel Gespräch mit ihm gehabt, wo ich den Content angefangen habe, hat er schon checken, wie schlimm es war. Und dann macht er sich Vorwürfe, dann sage ich, nein, schau, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, was war, wir können darüber reden, aber es ist halt wie es war. Es hat das seine Gründe. Aber ich meine, es ist ja nicht nur Distanz, die dich verletzt. Es ist auch, wenn du Nähe hast, aber die Nähe nicht greifbar ist. Ja, genau. Weißt du, was ich ja, meine? Fix. Da, aber doch nicht da. Du bist da, irgendwie. aber ich kann dich nicht greifen. Ja, genau. Oder ich bin dann, das ist krass zum Beispiel, wo ich dann ich bin mit 23 das erste Mal in die Klinik. Aha. Das war 2020, 2020 bin ich in die Klinik. Und ich hatte meinen Vater, ich hatte eine Therapie gehabt, und dann habe ich, mein Vater war dort gerade auf Kurzarbeit gewesen. Kurzarbeit, oder? Von Corona. Ja, voll. Aus. Und dann hat er Zeit gehabt, um mich zu besuchen. Und er ist immer gekommen. Jeden Tag. Er ist jeden Tag gekommen. Jeden Tag. Und dann bin ich mal mit ihm, laufen. Und dann sitze ich mit ihm und dann schaut er mich so an. Und dann sagt er mir so, weißt du, ich bin nicht enttäuscht, dass du gekommen bist. Also ich bin enttäuscht, dass du nicht kannst Stopp sagen, wenn du es müsstest. So, wie meinst du das? Also du kannst ja ein Bier trinken. Aber Bro, dann sagst du Stopp, Mann. Also wo ist die Kontrolle? Und dann habe ich gedacht, ja okay, du kannst nicht nachvollziehen, von was ich rede. Weil du hast das Problem nicht. Ja, klar. Und dann habe ich in der Therapie mit meiner Therapeutin geredet. Und das war einer der krassesten Momente. Ich rede mit ihr. Und dann sagt sie mir so, sprich doch deinen Vater auf das an. Und dann sage ich kann das nicht. Ich kann mit ihm nicht reden. Es geht nicht. Ich dringe nicht durch zu ihm. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, es ist so krank, es ist Sonntag, es war im Winter. Es ist Sonntag, ich bin in Gonteschwil. Dort hat es mega viel so Hügel und so, mega schöne Landschaft. Alles schneebedeckt. Mein Vater ist mich am Sonntag besuchen. Und am Sonntag sage ich ihm, ich will am Dienstag, dass du kommst mit der Psychologin und mit mir reden. Und nachher so, was, weißt du, voll. Also, was, mit mir reden? Kannst du so schnell mit mir reden, oder was? Ich so, genau wegen dem. Nachher ich so, gehen wir doch laufen miteinander. Aber wir sind am Laufen. Er auf der rechten Straßenseite, ich auf der linken, wir sind am Laufen. Ich schaue ihn an, schneebedeckt. Ich schaue in die Augen von meinem Vater und wir können tränen. Er schaut mich an, so, was ist? Ich so, das ist das erste Mal, wo wir zusammen laufen. Er so, was? Ich schaue, bleibt das so stehen? Er schaut mich an und ihm können tränen. Also, es tut mir so leid. Er nimmt mich in den Arm und alles, was ich am Dienstag reden wollte, habe ich ihm gesagt. Ich habe ihm alles erzählt von der Kindheit und wie ich das gesehen habe. Ey, mein Vater, mich bedrückt das schon so lange. Ich weiß, dass ich die Fehler gemacht habe. Es tut mir so leid und das und das. Ey, und mein Herz ist aufgegangen. Mein Herz ist aufgegangen. Ich so, wie kann das sein, dass ich das Bild von meinem Vater an so kalt und so emotionslos, so viele Emotionen dahinter sind. Genau. Dann habe ich gecheckt, mein Vater weiß nicht, wie sie ausdrücken. Und dann umarmt er mich
wo er geht, er weiß nicht wie, wir haben immer so Check gegeben, weißt? Er umarmt mich und dann sagt er mir, ich liebe dich. Und ich brich zusammen. Ich sage, das ist das erste Mal Boah. mit 23, wo du mir das sagst. Er ist dann am Dienstag trotzdem in das Gespräch gekommen. Wir reden. Und dann habe ich ihm gesagt, du hast mir nie gesagt, ich liebe dich. Und dann sagt er mir, weißt du was? Alte Generation, er schaut mich an und sagt mir, du bist mein Sohn. Wieso hätte ich dir das müssen sagen? Ja. Du weißt das. Sonst hätte ich dich nicht auf die Welt gebracht. Und dann denke ich so, weißt du, manchmal ist auch unser Fehler, dass wir es uns so wünschen. Ja, und das so erwartet. Und so erwartet. Und wenn wir das nicht bekommen, dann fallen wir in das Genau. trotzige Kind. Ich habe das nicht bekommen und jetzt Genau. konsumiere ich. Und Bro, 100%. Und ich sage auch, weißt, unsere Eltern, ich meine, die Generation wird es jetzt anders haben. Wir sind jetzt eine Generation langsam geworden, die über Gefühle redet, die aufmacht. Ich meine, früher psychische Gesundheit. Man, was psychische Gesundheit? Was schafft Mein für Vater Fresse, hat Mann? mich ausgelacht, als ich klein war. Ja. Pussy hat es gesagt. Oder bist du psychisch gaga, Mann? Ja. Bist du schizophren, dass du in eine Klinik Voll. gehst? Und ich sage, mit Psychologin reden. Bist du bereit dazu? Also bist du behindert? Wieso sollte ich mit einer Psychologin reden? Ja, eben. Nachher, wo er dort war, hat er gesagt, zum Glück haben wir das gemacht. Ja. Und mein Vater hat auch so einen riesen Prozess gemacht. Und ich habe halt immer, weißt, im Vorwurf gemacht, aber nicht sehen, was er macht. Für ihn ist das auch schwierig. Ja, Weißt? 100%. Und dann habe ich das sind so die Momente, wo ich dann gespürt habe, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, ohne sie hätte ich es nicht hergebracht, wenn sie auch nicht sich verändert hätten. Ja. Ich hätte es nicht geschafft. Ja. Weil es hat mir so viel gegeben, dass auch sie offen gewesen sind und sich verletzlich gezeigt haben. Weißt du, zum Beispiel, ich habe den Content gestartet, ich habe Lives machen. Mein Vater ist in mein Live reingekommen und hat 3 Stunden lang Likes gegeben. Dann läutet er mir nach dem Live an und sagt, geiles Live gewesen, Mann. Krass, über was du redest, wie du redest und so. Und ich so, hä, Mann? Ist das mein Weißt? Vater? Ist das mein Vater? Ja. Oder? Und am Anfang war er geschockt, weil ich die richtig auspackt in den Lives. Und er läutet mir an, ich habe nicht gewusst, dass es so schlimm ist. Ich hätte mir da sein. Ich so, aber jetzt bist du ja da, Mann. Ja, eben, es bringt ja auch nichts, brüllen, was war Genau. und in Trotz hineingehen und ich rede nicht mehr mit dir, sondern eben, ihr habt die Bereitschaft gehabt. Es ist ja auch, man kann ja auch sagen, Bro, wenn ich das nicht erzähle, sicher. es ist ja auch ein familiäres Problem gewesen. Es ist ja Natürlich. nicht nur eben, Ja, Vater hat nicht damit umgehen, Mutter hat andere Probleme gehabt, du hast die ganze Scheiße sozusagen wie mit abbekommen. Dein Bruder hat sicher auch einen Film, wo er kann erzählen, wie es ihm gegangen ist. Voll. Verstehst du? Und das Schönste ist, wenn man einfach offen kommunizieren kann, am Tisch und jeder redet, was ihm auf der Seele brennt. Und darum hat auch müssen, glaube ich, ein Wandel von der ganzen Familie stattfinden, dass ihr heute da sind, wo ihr sind, Zu oder? 100%. Oder? Ich sehe das auch so, dass, weil ich angefangen habe, den Schritt zu machen, haben auf einmal auch andere können sich verändern. Es war nicht mehr so gewesen, sondern es ist so geworden. Ja. Oder weil auf einmal ich kann mich verändern, die Energietherapie, und auf einmal läutet meine Mutter mir an. Bababam, bababam. Und ich breche in Tränen aus. Ich sage, ey, seit 20 Jahren warte ich, dass du mir so etwas sagst. Ja. Weißt du, von sich aus, nicht jetzt wegen mir, sondern Ja, genau. zu ihrem Thema. Und ich so, krass. Und auf einmal ist mein Vater sich am verändern, mein Bruder sich am verändern. Und dann habe ich gemerkt, ich trage ja auch so viel Mitschuld, dass andere Menschen nachher sich gegenüber mir so verhalten haben, weil ich habe ja auch etwas erzeugt. Und das ist halt auch eine Reaktion von meiner Aktion. Oder? Und das vergessen halt viele Leute. Oder? Man zeigt immer mit dem Finger auf andere, aber du musst bei dir anfangen. Ja, fix. Und das ist die harte Arbeit, die man nicht will. Ja. Es ist einfacher zu sagen, eben, das sind genau die. Das sind die Prototypen, ich sage jetzt, das ist mega gemein, das sind die Prototyp-Junkies, die ihr Leben wirklich dann an der Nadel dann irgendwann verbringen, die sagen, ja, mein Vater hat mich nie geliebt. Ja, Bro, aber irgendwann ist das deine Verantwortung. 100%. Irgendwann ist es deine Verantwortung. Willst du Opfer sein von dem, was dir passiert ist? Oder willst du sagen, hey, es ist mir passiert und ich mache jetzt etwas anderes? Ich sage nicht, dass es ist nicht so einfach gemacht, wie ich es jetzt da sage. Nein, klar nicht. Es braucht Bereitschaft, es braucht Mut, es braucht auch Mittel dafür, es braucht Wege, die dir geebnet werden. Aber am Ende des Tages, wenn du es nicht machst, wirst du einfach immer ein Opfer von dem sein, was dir passiert ist. 100%. So. Entweder bist du Opfer von der Vergangenheit oder Schaffer von der Zukunft. Ja, genau. Und um das zu checken, musst du die Vergangenheit nicht nur verstehen, sondern akzeptieren und aufarbeiten. Ja, voll. Weißt? Klar, weißt, es gibt ja Leute, die mir sagen, ja, du übertherapierst. Dann sage ich, nein, ich übertherapiere nicht. Ich mache das, bis ich verstanden habe und auch die Erkenntnis fühle, nicht nur gesehen, auch sie fühlen, dass ich das loslassen kann, zum Weitergehen. Weil sonst wird mich das ja immer wieder beeinträchtigen in Zukunft, wenn immer irgendwie der Schutzmechanismus oder die Schutzstrategie das Gleiche ist, das Verhaltensmuster das Gleiche ist. Wenn es mich immer wieder zurückrührt, weil ich den Klotz nicht lösen kann, dann bringt es ja auch nichts. Weißt du, was ich meine? 100%. Und darum sehe ich schon, dass es wichtig ist,
zuerst mal wirklich sich Zeit nehmen zum Aufarbeiten. Während dem links und rechts hast du gewisse Sachen, die dich unterstützen. Und dann dorthin. Das Problem ist halt, und ich schwöre, das regt mich so auf, die Leute wollen wirklich nicht in Schmerz eintauchen. Sie wollen das einfach nicht. Ja, fix, weil es weh macht. Weil es weh macht. Weil es unangenehm ist. Und ich verstehe das, vielleicht kannst du mir mehr dazu sagen, ich verstehe das, aber wie kannst du erwarten oder hoffen oder dir wünschen, dass es anders werden sollte, wenn du nicht bereit bist, etwas dafür zu machen? Weil wir in einer Zeit angekommen sind, wo man 1000 Sachen will, aber kein Schmerz, kein Fleiss und keine Tränen und Blut investieren. Das ist es. Vor allem, wir leben in einer TikTok-Gesellschaft. Es ist einfach Tatsache. Das ist krass. Es ist auch bewiesen, dass TikTok dein Hirn schrumpfen lässt und dass deine Aufmerksamkeit kaputt geht. Ja. Und das braucht halt Aufmerksamkeit. Das braucht Offenheit und das braucht einen Blick in den Spiegel, wo du einfach nackt dort bist, wo du nichts hast, um dich festzuheben. Und wenn du unsere Gesellschaft heute mit dem vergleichst, es passt wie nicht zusammen. Gar nicht. Verstehst du? Die Leute wollen die Arbeit nicht machen. Gar nicht, Weil, ja. weil ich Dopamin, ich lerne nicht ein Instrument. Ich lerne nicht, keine Ahnung, gehe mit meinen Leuten gehen. Nein, ich hocke einfach vor dem... Ja, vor du dem hast einfach so, oder? zack, 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 funny Cat-Videos und dann bam, Brüder, scroll ich 3 Stunden. Weil es tut ja genau dann das befriedigen, was ich brauche. Es löst Dopamin aus. Ja, Es genau. löst Dopamin aus. Also habe ich es dann, mach es zu. Wenn ich dann aber depressiv am nächsten Tag aufstehe und mir denke, shit, wieso fühle ich mich so ausgelaugt, dann denkt niemand daran, ja, vielleicht, weil ich mich keinen Meter bewegt habe und 6 Stunden am Handy gescrollt habe. Verstehst du? 100%, oder? Und das ist halt das, was, oder das Suchtverhalten, oder die Konditionierung, immer auf die schnellstmögliche Lösung Genau. für das Dopamin. Ja. Aber was ist, weißt du, das echte Dopamin, das kommt durch eine Leistung, durch etwas, was du vollbringst, das sind andere Welten, das kann man nicht vergleichen, Nein. finde ich, oder? Nein, gar nicht. Und das merke ich ja auch. Bei mir ist das ja ein extremer Grund gewesen, warum ich sehr schnell von allem, was ich gemacht habe, sehr intensiv reingefallen bin, weil die Bedürftigkeit, die Leere so groß war. Und ich habe ja lange geshootet. Ja. Und das hat mir schon etwas gegeben. Aber es hat sich nachher nur noch auf den Konsum fokussiert, weil ich habe gemerkt, der Konsum ist immer da. Zu jedem Zeitpunkt im Übermaß. Und dann habe ich gemerkt, okay, durch das Problem, das ich eigentlich habe ich eine Fähigkeit verstärkt, wo mir hilft, die Leere zu stopfen, indem dass ich besser zu meinem Ziel komme. Und dann habe ich mir gedacht, für was sollte ich jemals etwas daran ändern? Ja, fix. Ich Und bekomme ja. Ja, Ich habe ja Dopamin. Genau. Ich fühle mich ja gut. Genau. So, und wenn ich mich schlecht fühle, dann konsumiere ich am nächsten Tag Genau. wieder. Dann geht es mir wieder Genau. gut. Oder? Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit nicht habe, dann packe ich einfach mal tiefe Fähigkeiten aus, um irgendetwas kehren und machen. Weißt du, ich habe Leute gehabt, die mir 600 Stutz so in die Hand gegeben und gesagt haben, geil ist, nachher habe ich ja noch mehr. Weil ich dann das einfach so weiss gemacht habe, weißt du. Ich habe dann gesagt, Bro, du gibst mir 6 Lappen, ich hole jetzt 3 Finger, so und so, ich kann es dir zu einem Einkaufspreis von dem und dem geben, dies und das. Der so, nimm, Bro, hol, sicher. Da bin ich geholt, habe ihn wieder gegeben, habe mein Zeug gehabt und das, was ich kann, hätte Plus machen, habe ich Minus gemacht. Und dann habe ich es immer wieder so gekehrt. Immer wieder. Hin und her, hin und her, hin und her. Darum, weißt du, Leute fragen mich, so, wie, hast du nie kassiert? Nein, Bro, ich habe nie kassiert wegen so Sachen, weil ich gewusst habe, wie. Du bist gewieft einfach. Ich habe genau gewusst, wie. Und das ist eben, das finde ich eben spannend, was Leute vergessen. Leute, die krass in ein Suchtverhalten fallen, haben eigentlich so eine krasse Resilienz und eine Fähigkeit, die sie nutzen könnten, um auf jede Art legal Geld zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Um wirklich sich einen Erfolg zu machen in dieser kreativen Ader, die sie haben, zum Beispiel. Oder in dem Wunsch, den sie haben. Aber zuerst muss man aus dem Loch rauskommen. Ja. Und nachher funktioniert es. Und nachher geht es. Ja. Nachher fließt es. Es hat einen mega schönen Spruch, was so mit Kunst und Sucht. Es ist so, Schmerz führt zu Kunst und Kunst released sozusagen wie die Wahrheit. Krass. Was mich interessieren wird, ist, du hast ja auf der Sucht lang gearbeitet. Das ist jetzt eine spannende Frage. Siehst du Sucht als Krankheit? Ich sehe Sucht als Gefühlskrankheit, 100%. Ja. Siehst du es als, kann man es lösen, dass es nicht vorhanden ist? Ja, wenn man bereit ist, an sich zu arbeiten und eben, ich bin bereit, jetzt will ich am 3 am Morgen aufstehen und Erkenntnis haben und dann denke ich, will aufhören, nicht so eine Bereitschaft. Es hat noch den Untergabe, kannst du auffüllen jederzeit. Sondern eben Bereitschaft im Sinne von, ich mache etwas dafür, ich gehe zum Therapeut, ich schaue an dort, wo es weh tut. So, Ja. Wenn du das machst, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich sehe Sucht ich sehe es nicht als Krankheit, obwohl man das wissenschaftlich ja so belegen kann, scheint es.
Ich sehe es als ein konditioniertes System, das so lange aktiv ist, bis du das Problem löst. Okay, also dass du es eigentlich immer verschiebst. Die Konditionierung ist so lange präsent und egal auf was, wenn du jetzt mit Koks aufhörst, dann das Kompensieren ist so lange präsent, bis du die Leere mit der Eigenliebe füllst. Also, also ich sehe es so, dass du den Suchtmechanismus kannst überschreiben, neu konditionieren, aber auch ihn auflösen, indem dass du das Leid, das dazu geführt hat, wenn du das aufarbeitest und integrierst, hast du es nicht mehr nötig zu konsumieren. So sehe ich das. Also teilweise ja Krankheit, aber so wie nicht. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, ich bin das Leben lang krank, ich will Leben lang Suchtdruck haben. Lebenslang habe ich das Gefühl, ich muss konsumieren. Bro, das ist Bullshit, Alter. Ich habe 11 Jahre konsumiert, ich habe also Koks konsumiert. Ich habe viel konsumiert. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf Koks oder Alk. Ich habe die Lust nicht. Weißt du, und Leute sagen mir, ja, ich bin seit 20 Jahren sauber, ich habe immer noch Lust. Dann denke ich so, was machst du, um etwas dagegen zu unternehmen? Wie du sagst, oder? Dagegen arbeiten. Ich weiß nicht. Also, weißt, die Wissenschaft sagt ja, es ist eine Krankheit, du wirst immer so denken und immer so das Gefühl haben. Okay, ich frage so, dann mit was hast du es überschrieben jetzt? Also mit was ich jetzt überschrieben habe, kann ich dir sicher sagen, der Content war etwas, wo sicher da war, vorhanden. Und was ich dir sagen kann, ist aber, ich kann halt wirklich durch Energietherapie Themen auflösen, dass ich den Drang nicht mehr habe, um zu konsumieren. Okay, ich nehme dir jetzt den Content weg. Ich sperre dich auf TikTok, Instagram, darfst du nicht mehr machen. Geht gut jetzt. Jetzt geht es gut. Wie es geht? Am Anfang war es schwierig. Ja. Hättest du mich das jetzt von 8 Monaten gefragt, wäre es schwierig gewesen. Ja. Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Schön, Jetzt dass du offen redest. Jetzt geht es gut, weil ich habe ja, wegen dem habe ich eben live beendet. Zum schauen, was passiert mit mir. Ja. Oder für die Leute. Ich habe während dem Klinikaufenthalt mit TikTok-Videos angefangen. Das heisst, ich habe jedes Thema, das präsent war, jedes Problem, jedes Gefühl, alles, was zu viel war, habe ich in einem Video verpackt und das Video gepostet. Somit war das meine Regulation. Ja. Während ich das Video gemacht habe, habe ich mich reguliert und das dann gepostet. Ich habe aber auch Videos gehabt, die ich nicht gepostet habe. Okay. Aber für mich. Durch das bin ich die Erkenntnis gekommen. Das heisst, ich bin aber rausgekommen, habe auf Energietherapie machen, Psychotherapie und den Content weiter und jeden Tag gepostet. Gleichzeitig habe ich dann auf live machen. Durch das Live bin ich beschäftigt gewesen, ich bin anerkannt gewesen, ich bin in einer Position gewesen, wo ich jemandem etwas geben konnte, wo ihm hilft. Das hat mich gut fühlen lassen. Weil ich kann meine Mutter nicht retten. Vielleicht kann ich euch retten. Ja. Oder krank eigentlich. Aber ja, krank, aber auch schön. Ja. So. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, was ist, wenn ich den Content und den Podcast nicht habe? Und meine Mentorin hat mich das gefragt. Oder? Sie ist an einem Punkt gekommen, wo sie mir gesagt hat, sie so, du bist nicht clean. So, wie meinst du, ich bin nicht clean? Sie so, du bist clean, aber wenn ich dir jetzt den Podcast wegnehme und den Content, was passiert dann? Ich so, dann komme ich wieder ins gleiche Gefühl. Sie so, und genau an dem müssen wir arbeiten, an dem Gefühl. Und an dem sind wir dran gewesen, haben wir geschafft. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich habe nicht mal mehr richtig Lust zum Content machen. Okay. Oder weil ich jetzt genug Wissen habe und Fähigkeit habe, um mich zu regulieren. Vorher aber war es sehr schwierig gewesen. Okay. Und darum habe ich den Leuten immer gesagt, TikTok ist eine Suchtverlagerung. Eben, ja, es sagen, ist ja. sowie auch eine bewusste, unbewusste Kompensationsstrategie gewesen. Und ich habe immer wieder Unterbericht gemacht, um zu schauen, wie es ist. Und jetzt habe ich mich ja vor einem Monat entschieden, komplett live zu lassen. Weil viele Leute mich wieder aufmerksam gemacht haben und gesagt haben, hey, du bist clean, aber vielleicht bist du einfach immer noch süchtig und du hast es verlagert. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich lasse jetzt live. Ich lasse jetzt live sein. Und das geht gut. Aber hast du das gemacht, weil du es anderen hast beweisen? Nein, um mir beweisen. Okay, weil die haben etwas gesagt und das hat etwas getroffen, wo du gedacht hast, okay, dort könnte er recht haben. Ja, also ich habe mir den Gedanken Wichtig, gemacht, sehr ich lerne ja. Ja. Ich bin ja offen. Und das heisst, es sind mehrere Kommentare gekommen. Und dann habe ich überlegt, und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf live, weil am Anfang hatte ich eine Intention gehabt. Ich wollte Content machen, um den Leuten zu helfen und nicht zum Cash machen. Und irgendwann ist das Thema durch gewesen. Ich habe gemerkt, ich bin am Limit von meiner Erkenntnis. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Und es sind immer wieder die gleichen Fragen gekommen. Und ich bin so abgestumpft gewesen, dass ich dann geswitcht bin auf mehr Matches, mehr Geld. Und dann habe ich realisiert, dass schnelle Geld zu gefährlich ist für mich. Ich bin wieder in das Feeling gekommen von früher. Hey, ich mache einfach live an, mache schnell einen Lappen oder zwei, fertig. Okay. Das heisst, ich habe es live gestartet, schon mit der Intention. Die Leute haben Fragen gestellt, ich habe die ignoriert, weil ich wollte Matches machen. Ja. Und dann gleichzeitig noch die Kommentare, die waren, dann habe ich mir überlegt, okay, Raul, du redest immer von reflektier dich und deine Themen an. Okay, wo ist das bei mir? Ja. Dann habe ich gesagt, ich unterbreche das. Ich habe darum nie live gemacht. Ich habe nie angefangen. Schwierig. Und eben, es ist, nein. Ja. Nein, dann ausgesetzt sind auch die ganzen Idioten, die nachher irgendwie Sachen sagen, um dich können
treffen. Verstehst du? Ein paar fragen ja nicht, weil sie interessiert, weil ein paar wollen einfach, ich tue jetzt den aus der Reserve locken. Nur. Ich sage etwas, dass es ihn trifft. Ich schreibe einen Kommentar, wo die meisten Likes hat. Das ist ja bei vielen nicht die Intention, oder? Brutal Du hast einen schlimm. 10-jährigen TikTok, verstehst du, wie Ja, ich ja. meine? Was erwartest du, was dort Ja, Schlaues aus ihrem Hirn logisch. rausströmt? Zu 100%. Zu 100%. Aber nein, also zum die Frage beantworten, ich würde sagen, aus dem jetzigen Stand heraus brauche ich den Content nicht. Weißt, ich kann ja Tage, wo ich keine Videos mache. Okay, du hast nicht gefragt, nochmal kritisch, du hast gesagt, Ja. du hast ja keine Lust auf den Content. Aber, Nicht mehr so intensiv. okay, so, okay, je aber schon nachdem. noch, weil du hast ja Ja, ich gestern kann- ein Video Ja, gepostet, also ich glaube habe wenn schon mich Bock. nicht Zum täusche. Beispiel jetzt, die Haftbefehl-Doku ist rausgekommen. Ja, das reden wir auch noch. Ja. Dann habe ich gerade meine Meinung dazu gegeben. Auf das Ja. habe ich Bock gehabt. Weil Okay, es geil ist, weil ich mitreden kann. okay. Aber es gibt so Themen, wo, wie soll ich dir erklären? So, schau, wenn mir einer, ich mache kein Video mehr, um dir zu erklären, wie du aufhörst. Ja, So, Bro, ich habe über 600 Videos genau. Wenn gemacht. du willst, schau so. Wenn du willst, schaust du es an. Ja. Ich kann dir schon ein Video machen, warum du vielleicht Koks geil findest. Aber ich habe das Thema durch. Mhm. Und ich bin selber in der Phase, wo ich neue Inspiration brauche. Mhm. Checkst? Ja, okay. Um mich selber weiterentwickeln. Weil Sucht ist ja nur die Oberfläche. Ja, genau. Ja, Es ja, geht ja viel tiefer. ja, ja. Aber in die Tiefe bin ich mir selber noch nicht ganz gekommen. Und darum ist es so wie... Also ich bin gespannt, ob wir vielleicht in einem Jahr nochmal da sitzen oder dann, wenn du neue Erkenntnisse hast und du dann wie deine These wegen was Sucht eigentlich ist, genau gleich siehst. Kann ja auch sein. Ich sage nicht, Aha. du sagst falsch, ich sage es richtig, gar nicht. Man kann es ja auch anders definieren. Aber ich bin der festen Überzeugung, Sucht ist eine Gefühlskrankheit. Das Aber ist so 1.000.000%. Wenn du sagst sage ich. Gefühlskrankheit, meinst du damit eine Krankheit, die bleibt? Nein, eine Krankheit, wo du heilen kannst. Ich sage eben, entweder du kannst es heilen, du musst es überschreiben, dort bin ich auch bei dir. Du musst das, was der Suchtmittel gegeben hat, musst du einen Weg finden, dass die Lücke in dir anders zu füllen. Aber es resultiert aus einer Gefühlskrankheit, dass du ein Gefühl nicht bekommen hast. Bei dir ist das jetzt vom Elternhaus, dass du die Liebe, die Anerkennung, die Zuneigung und auch die Aufmerksamkeit nicht bekommen hast. Durch das aber hat dir vielleicht Kokain, ich sage jetzt einfach eine alles These, gut, du alles kannst sagen, gut. wenn es falsch ist, dass der Kokain ein Gefühl gegeben hat, ich bin wichtig. Mit allem, was dazugehört. Mit dem anerkannt sein, Ja, mit ja. all, was es biochemisch in dir auslöst, 100%. dass du gedacht hast, wow, so habe ich mich immer fühlen. Ja, ja. Und vielleicht hast du erst nach 10 Jahren gemerkt, das ist so, das Gefühl habe ich eigentlich von meinen Eltern gebraucht. Ich komme heim und man hört mir zu. Zu Ich kann von meinem 100%. Tag erzählen. Meine Eltern sind nicht irgendwie apathisch in einer Ecke und ich bin mit mir selber. Und durch das ist eigentlich die Lücke in dir entstanden. Und es ist nicht nur, ich will dabei sein, also habe ich Gruppe und ich bin halt süchtig geworden. Das Nein, glaube ich, nie. das ist es nicht. Nie. Es ist mega schön, was du sagst. Kokain hat mich nicht mehr den kleinen, hilflosen, verängstigten, unsicheren Bub fühlen lassen, wo ich war. Checkst du? Ja. Das sage ich auch in allen Videos. Und es ist schön, was du sagst. Meine Mentorin sagt es ganz schön. Sie sieht Sucht nicht als Krankheit. Sie sagt, es ist eine Leere, die entsteht, weil du deine Verbindung zu deiner Seele getrennt wird. Sehr Weil du schön. nicht bekommst, was du sollst, zum gesund wachsen. Genau. Durch das kompensierst du die Leere. Und eigentlich ist es an Stresslevel gekoppelt, weil die Gefühle du nicht kannst regulieren, nicht sie kennst und es etwas auslöst in dir, wo du nicht kannst regulieren. Und solange du das nicht lernst regulieren und solange du die Verbindung nicht wieder her tust und die Leere wieder füllst mit Gesundem, solange bleibt das System aktiv und solange tust du weiter kompensieren im Suchtverhalten. Und erst wenn du das aufgearbeitet hast und lernst selber regulieren, dann geht das. Und aus energetischer Sicht, sagt sie, du hast Lebensenergie. Durch schwierige Situationen spaltet sich die Lebensenergie ab und du hast nicht mehr die vollständige Lebensenergie und die Leere, die entsteht, die abgespalten ist, fühlst du. Wenn du die Situationen auflöst, wo die Energie blockiert ist und zurückholst, wird Konsum sinnlos. Sie tut eigentlich die Verbindung zu deinem Kern wieder herstellen. Also sie hilft dir dabei. So ist die energetische Ansicht von ihr. Also ich stimme ihr voll zu. Ich bin auch ein riesen Fan von dir, falls du das siehst. Ich habe die Folge gesehen. Ich finde mega viel richtig. Ich verstehe nur nicht, wieso sie es aus diesem Grund nicht als Krankheit sieht. Denkt sie vielleicht, wenn du sagst Krankheit, es ist nicht heilbar?
Verstehst du? Weil du kannst ja auch blöd sagen, du kannst ja eine Grippe bekommen, die geht ja auch weg. Ja, Es ist, ich kann mit ihr... ich sage mal vielleicht so, vielleicht meint sie, es ist keine chronische Krankheit. Es ist nicht eine Krankheit, die für immer bleibt. Ja, genau, ich glaube so. Ich Das habe mit ihr, ma- ich habe okay. mit ihr glaub, noch nie so intensiv darüber geredet. Sie sagt zum Beispiel, sie macht ein gutes Beispiel. Sie sagt, du kommst in die Klinik und nachher sagt, du bist suchterkrankt, du bist für immer süchtig. Sie sagt, das ist das Schlimmste, was du kannst machen an einem Süchtigen. nein, das machst du auch. Wer macht das? Ja, das machen Schon. Kliniken, sicher, wo ich sie bin, sagen, du bist für immer süchtig, Bro. Ah, was? Ja, kommst in Therapie. Sucht ist eine Krankheit, du bist für immer süchtig. Bruder, 100%, ja, wo ich sie bin. Okay, Haben aber sie das gesagt? ich frage so jetzt. Ja. Also ich distanziere mich mit beiden distanziert. Ich bin ein Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben gerauft. Ja. Weil ich bin einfach früher in der Psychiatrie am Arbeiten gewesen, und ich habe einfach gesehen, wie die Leute kaputt gehen. Und ich habe gedacht, nein, also wirklich, ich probiere sicher mal Sachen, das zu 1000% Ja, ja. nicht. Wenn wir jetzt heute Abend zusammen eine Line würden nehmen, Ja. was du jetzt nicht machen möchtest, Aha. wäre dann die Krankheit wieder aktiv? Das ist eine sehr gute Frage, sehr starke Frage. Ja, ich denke es. Ich denke es teilweise wäre... Ja. Es gibt zwei Optionen. Es kann sein, und das kommt ja eh nicht dazu. Aber es ist aber schwierig für mich, um auf die Frage eingehen, weil durch die Erkenntnis, die ich jetzt habe, ist es sinnlos für mich zu konsumieren. 100%. Es wird keinen einzigen Grund geben, dass ich es jemals machen würde. 100%. Würde man jetzt sagen, theoretisch, ich würde es machen. Es gibt zwei Optionen. Die erste Option ist, dass ich merke, sehr bewusst, was es mir gegeben hat und dass ich das nicht mehr nötig habe und dass es mich abschreckt und es mir ablöscht. Die zweite Option ist, dass ich denke, boah, genau das finde ich geil und das will ich wieder. Das wird mir aber zeigen, ich bin noch nicht genug weit im Prozess, dass ich mir alles selber geben kann und ich bin vielleicht mehr am Kompensieren, als ich es weiß mit anderen Sachen. Das wären so die zwei Die Optionen. zwei Optionen gibt es. Ob sie wieder aktiv ist krass, ist geile These. Ich glaube halt schon, dass es ein System ist, das sich einbrennt, eine Konditionierung auch, die sich einbrennt, du aber die Konditionierung kannst lösen. Also weißt, es ist ja jetzt so weit, dass ich niemals mehr wieder konsumiere. Genau. Also bin ich ja schon viel weiter, als ich vorher war. Und darum schwierig zu beantworten. Und einfach, ich stelle dir die Frage, weil Ja, ich dir alles damit will sagen, darum glaube ich eben schon, dass es eine Krankheit ist. Verstehst du? Weil du wie nicht einfach so jetzt, man sollte es auch nicht machen, es ist keine Anleitung. Wie Ja, Gott, logisch du kannst dir nicht einfach sagen, ey, ich gehe und dann morgen lerne ich es wieder. Weil du den Weg wie gegangen bist, hat es halt gewisse Sachen in deinem System geändert. Verstehst du? Wie du darauf reagierst, ich kann gar nicht auf das, ich kann nur schauen, den Gedankenprozess. Darum glaube ich aber, es ist eine Krankheit, die du beheben kannst, die du heilen kannst, aber du wirst es in dir tragen immer. Nicht, ich bin jetzt für immer krank, sondern die Narbe habe ich jetzt. Sagen wir so. Es ist wie ein Schnitt. Verstehst du, Bro? Der Schnitt kann heilen, aber du wirst es immer noch sehen. Verstehst du? Es ist wie die Narbe. Du wirst es immer sehen. Boah, schwierig im Fall. Ich weiß, was du meinst. Boah, und das Gespräch muss ich mit meiner Mentorin führen. Ja. Boah, unbedingt. Die kann auch mal da noch. Ich Ja. finde sie wirklich mega gut. Ich finde auch die These, die sie gemacht hat, das habe ich auch im Podcast auch besprochen, mit der Energie. Und es kapselt ab und du kannst damit 100%... Ich bin auch voll so. Ich bin bei Gott kein spürst mich, fühlst mich, wie fühlen wir die Energie. Aber ich glaube fest an Energie. Ich glaube fest an Esoterik. Und an so Sachen glaube ich extrem. Ja. Und darum bin ich auch so überzeugt von dem, was sie gesagt hat. Nur das mit der Krankheit, aber eben... Ja, es ist, ich müsste... Ich lerne ja viel von ihr. Oder? Das heisst, ich nehme mal vieles an von ihr. Weil, wo ich aus der Klinik rausgekommen bin, habe ich ihr gesagt, ja, ich bin suchtkrank, ich bin für immer krank. Und dann hat sie mir gesagt, bist du geisteskrank? Nein, das fix Nachher nicht. sie so, wer sagt dir das? Also ich distanziere mich auch von Nachher dem. sie so, stell dir mal vor, du konsumierst 20 Jahre nicht. Du kompensierst nicht mehr. Wieso sollst du denn noch süchtig sein? Dann bist du ja nicht mehr süchtig. Ja. Oder? Und dann habe ich das so überlegt. Und vielleicht sind es mehr ihre Worte, ich weiß es nicht. Probier jetzt. Probier es einfach, oder? Ja. Ihr kennt jetzt, redet mir, es ist halt immer mal, ich habe wieder mal technische Störungen. Die Kamera hat abgestellt, zu heiß. Es könnte wieder passieren, aber ich bin optimistisch. Sorry, Bro. Genau, vielleicht sind es ein bisschen mehr Worte von ihr, die ich sage, aber ich verstehe, was du meinst mit der Gefühlskrankheit, so wie man es beheben und vielleicht müsste ich mich noch mehr auseinandersetzen damit. Ich finde halt eben das klinische, wissenschaftliche schwierig, so, du bist für immer krank. Oder ich sehe das halt nicht so. Weil ich denke so, okay, wenn ich ja für immer krank wäre, dann müsste ich ja jetzt noch, wenn ich Koks sehe, Lust bekommen. Und ich habe keine Lust. So, Leute können vor mir ziehen, Leute können nicht mehr trinken, das interessiert mich nicht.
Weißt du, was ich meine? Aber hast du nicht Lust aufs Konsumieren oder hast du auch nicht Lust aufs Gefühl? Oder wenn ich dir Ja, jetzt ja. sage, Bro, du musst es nicht konsumieren, aber ich kann dir irgendwie das Gefühl geben, das du mit Koks gehabt hast. Hättest du das Schau, gerne? ich habe gerade gestern ein Video über das gemacht, Aha. das ich gepostet habe. Ob mich Leute fragen, ob ich Lust auf Koks habe. Und dann habe ich in dem Video gesagt, das ist jetzt 2, 3 Wochen her, wo ich das Video produziert habe, Aha. dass ich nicht Lust habe auf Koks, sondern Lust aufs Gefühl, das es mir gegeben hat. Okay. Verantwortungslos sein, Ja. Sicherheit haben, entspannt sein, lustig haben, hemmungslos. Und ich habe einfach gelernt, es mir auf andere Art zu geben. Mhm. Nämlich auf eine natürliche Art. Mhm. Indem dass ich akzeptiere, wie ich bin. Und den Schmerz können integrieren. Weißt, Mhm. die erste Sitzung, die ich hatte mit der Patricia, hat mich Knockout geschossen. Also ich bin weggetreten, Okay. weil sich so viel Energie gelöst hat. Oder? Wir sind in die schlimmste Situation rein. Und ab dem Punkt ist für mich so wie logisch gewesen, der Konsum ist unnötig. Der Konsum hat mich nur dazu gebracht, weil ich den Schmerz von dieser Situation nicht ertragen habe. Mhm. Und jetzt ertrage ich das, jetzt reguliere ich das. Weißt, klar habe ich mal Aussetzer, wo ich austicke, Ja, aber ich ja. reguliere mich wieder. Mhm. Klar bin ich traurig, aber ich reguliere mich. Ja. Oder? Und das habe ich vorher nicht können. Okay. Und darum sehe ich, Sucht ist eine reine Kompensation von der Gefühlswelt. Mhm. Also ich bin, glaube schon ähnlich wie du, dass ich das gleich gesehen habe. Mhm. Aber ich denke, wenn du lernst, deine Gefühle regulieren, ist so wie ja. Ja, voll. Dann hast du die Krankheit eigentlich so wie besiegt, wenn wir, Ist so wie- wenn wir beides zusammenführen wollen. Ja, so sehe ich das, ja. Ich glaube, wir sehen es eigentlich bei unser Wording ist einfach ein bisschen Vielleicht anders. ja. So. Und ich glaube, du hast halt einfach noch anderes Hintergrundwissen, um ein bisschen das Fix. besser oder anders beurteilen wie ich. Fix Oder besser vielleicht- würde ich nicht sagen. Ich würde auch sagen, du hast eine Sicht, die ich nicht habe. Verstehst du? Darum finde ich das Ja. Gespräch auch so spannend, Voll. weil ich sitze da mit einem, der weiß, wie es ist. Bro, Ja, ich muss klar. sagen, ich kenne es von Büchern, verstehst du? Ich kenn's, ich will mich als ein mega empathischer Mensch einschätzen. Ich kann mich immer können in meine Patienten oder meine Klienten hineinfühlen. Aber heisst nicht, dass ich weiß, wie es ist. Ja, klar So, nicht. checkst du? Darum, Weiss ich schon. glaube, wir haben wie ein bisschen anderes Wissen, aber ich will niemals mein Wissen als besser betiteln. Ja, als okay, das- okay. Du als weißt, das. was ich meine. Aber ich weiß Fall. fix, was du meinst. Ja, 100%. Ich glaube, die Kombination macht es aus. Mhm. Und wenn wo siehst du das größte Problem beim Ausstieg von einem Suchtverhalten, wo die meisten Leute machen oder wo auch Kliniken vielleicht dir sogar aufzeigen, wo absolut eigentlich dagegen schaffen ist? Mhm. Also das grösste Hindernis ist, schau, wir sind soziale Tiere, oder? Das ist einfach Tatsache. Wir brauchen das, sonst eben das Kind auch ohne soziale Interaktion würde sterben, das ist ja bewiesen. Wenn deine Mutter dich nur würde füttern und dich ins Bett legen und nie Liebe zeigen, du würdest sterben. So. Darum, das ist schon mal als ein Problem, wenn du konsumierst, weil du konsumierst meistens in deinem gewohnten Umfeld, mit deinen Kollegen zusammen etc. Heißt, jetzt kommst du in die Klinik, weil dir geht es nicht gut, jetzt gehst du raus. Wo gehst du hin? Du gehst zu den Leuten, wo du dich gut fühlst. Ja, was dir Sicherheit Was gibt, dir Routine Sicherheit ist, gibt, ja. was Liebe ist, Zuneigung, Anerkennung, was wir vorher beredet haben. Alle konsumieren noch. Du darfst nicht. Einen Tag bist du vielleicht stark, du gehst heim und du bist der stolzeste Typ. Du Ja, sagst so, voll. Raul, alle haben konsumiert, Bro, du nicht. Zweiten Tag machst du das auch. Dritten Tag machst du das auch. Am vierten Tag kommt deine Freundin und sagt, ich mach Schluss mit dir, ich habe dich betrogen. Machst du am fünften Tag wieder. Verstehst du? Ich weiss, was du Das ist das grösste Problem, Bro. Weil meistens du nicht nur dich von dem Suchtmittel musst distanzieren, sondern auch von dem ganzen Umfeld. Und keiner ist bereit oder sehr wenige sind bereit, das auch wie aufzugeben. Das ist, glaube ich, das schlimmste Ding. Und das ist auch so, ich sage das so, von der Erfahrung, die meisten Rückfälle sind das so passiert. In der Klinik voll motiviert, die Besten sind es gewesen, Ja. kommt draussen, der Alte Freund, Gewohnheiten. ja voll, der Freund konsumiert. Schau mir mal eine Katze, das vergesse ich nie mehr. Ich habe die Frau geliebt, ich war Bezugsperson von ihr. Und sie hat 2 Kinder gehabt. Eine liebende Mutter, wie sie nur ist. Bam, bam, bam. Dann hat sie irgendwie angefangen Crack zu konsumieren oder durch einen Typ, weil sie ist alleinerziehend war. Bam, easy. Dann ist sie in die Klinik gekommen. Bro, ich habe mit der 4, 5 Monate voll intensiv gearbeitet. Ich habe wirklich so viel dort investiert, du kannst dir nicht vorstellen. Und dann ist sie rausgegangen. Am ersten Wochenende, das perfekter kannst du nicht planen, checkst? Aha. Und darum sage ich immer, es ist intrinsisch. Dann ist sie raus. Dann habe ich sie irgendwie wieder vorgefunden, voll auf Crack. Also voll drauf. Du merkst einfach, so ist der Ja, Flash. klar, logisch, Ist du ja merkst schnell vorbei, aber du merkst, die hat konsumiert. Und dann ist sie brüllend vor mir. Und dann sagt sie, Herr Kiran, wissen Sie, was das Traurigste ist? Ich liebe meine Kinder so fest, aber wenn ich Suchtdruck habe, meine Kinder können für mich sterben, wenn du mir einfach eine Crackpipe gibst.
Und die Erkenntnis habe ich heute gehabt. Und ich schäme mich zutiefst. Krass. So, Das ist krass. Das ist heftig. das ist brutal. Das ist heftig, aber das zeigt eigentlich, wie schlimm eigentlich das Leid sich anfühlt und du nicht mit offenen Armen an das Leid gehst, sondern gegen schaffst. Verstehst du, was ich meine? Ich sehe, die Lösung in dem Ganzen ist nicht gegen das innere Kind schaffen, nicht abmachen, sondern Trost und Verständnis. Oder meine Dings hat mir mal etwas Gutes gesagt. Patricia hat mir mal etwas Gutes gesagt. Sie hat gesagt, du siehst den und empfindest den als schwach. Dein innere Kind, der kleine Raoul, der dort probiert, die Situation zu lösen. Das ist der Stärkste, was es gibt, dass der immer noch da ist. Du musst doch den motivieren. Der ist ja schon gefickt. Ja, voll. Also, du hast ihn schon gefickt. Ja, es bringt Jetzt nicht, gehst du zu ihm noch und drückst ihn ab. den Daumen noch runterdrückst. Ja. Du musst ihn mitnehmen. Ja. Aber die Schwelle zu überspringen, oder? Und was sie gesagt hat, ist ja krank. Aber ich kann das zu 100% nachfühlen. Gell? Sonst, ich habe einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich fick auf jeden. Man. Ich könnte alle abkratzen. Ich will nur die Line jetzt. Hauptsache die Line. Ich will nur den Grip jetzt. Ja. Ich meine, schau, ich habe Kommunion verpasst von meiner Cousine. Ich habe Filmung verpasst. Ich habe Weihnachtsfeste verpasst. Ich habe Geburtstag verpasst. Alles Mögliche. Und jedes Mal war es das Gleiche. Ich habe am Abend vorher gedacht, Bruder, ich hole einen Fünfer oder 2-3 Gramm liefern am nächsten Abend, wenn nach dem Fest, dass ich in den Ausgang kann. Und ich habe gewusst, 7, 8 Uhr morgens mein Vater angerufen. Ich kann nicht kommen. So, okay, schon wieder. Jedes Mal dasselbe. Mir ist es scheißegal. Wie ist jetzt im Nachhinein, weißt, ich meine, ich kenne auch viele Leute, die süchtig sind und in dieser Sache, also in dem Moment Sachen gemacht haben, wo du ja auch gesagt hast, dein Kollege hat gesagt, das bist nicht du, verstehst du? Ja. Wie ist das, wenn du jetzt zurückschaust und all die schmerzhaften Momente wieder so spürst, so shit, ich bin an Kommunion nicht gegangen, macht dich das nicht amigs voll depressiv oder brüllst du nicht dann denkst du, shit, was habe ich eigentlich gemacht, Mann? Es klingt verdammt krank, was ich sage, wenn ich an den Moment denke, also im jetzigen, heutigen Zustand, ich bin dankbar und voller Freude. Okay. An diesem Moment, weil Das musst du mir erklären. ich erkläre dir das. Dazu mal ist es darum gegangen, mir das Bestmögliche zu geben. Durch das Gefühl, wo ich das Gefühl hatte, dass es das Bestmögliche ist, hat es mich so weit gebracht, dass ich das erste Mal in meinem Leben verstanden habe, um was es wirklich geht, in mir drin und in meinem Leben. Das heisst, jeder Moment, jede Enttäuschung, jede Verletzung, jede Scham, die ich empfinde dabei, hat mich dazu gebracht, wahrhaftig herzuschauen und ehrlich mit mir zu sein. Okay. Und es so zu akzeptieren, wie es ist. Okay. Und die Erkenntnis bringt mich auf ein ganz anderes Level als vorher. Okay, sehr schön. Also du denkst jetzt nicht, genau was wir vorher besprochen haben, oh nein, ich bin jetzt so traurig, ich habe all das verpasst, ich bade in Selbstmitleid, sondern du sagst, ey, jetzt weiß ich überhaupt, was wichtig in meinem Leben war. Wäre ich nicht so traurig heute, würde ich ja gar nicht sehen, was mir wichtig ist und was Ich lebe nicht. das erste Mal in vollkommener Verbundenheit mit mir und Akzeptanz. Okay, wow. Und das nur durch das Leid und nur durch die Geschichte und nur durch all die Manipulation und die Verarschung, die ich alles gemacht habe. Es ist sehr schwierig für mich zu erklären, dass Leute nachvollziehen können, die Logosynthese, die Therapieform, die Energiesachen, die Energie, die ich wieder verspüre, ich fühle mich, als würde ich das erste Mal mit richtigem Blick auf die Sachen sehen. Okay. Manchmal laufe ich durch die Stadt und ich sehe ein Blatt fallen. Und es fühlt sich an, als hätte ich 100 Lines auf einmal gezogen. Okay. Während ich das Blatt anschaue und Okay. so, boah. Und das ist, weil ich bei mir bin. Ja. Klar, nicht immer. Und Nein, klar aber- habe ich immer noch Punkte und bin am Arbeiten. und das. 100%. Aber es gibt einen magischen Moment, Ja. wo so verbunden ist mit einer Essenz, wo ich spüre, nenn es Gott, nenn es Universum, egal was es ist, wo ich weiß, all das, was passiert ist notwendig gewesen, dass ich es schaffe, mich anzunehmen und herzuschauen. Okay. Weißt, Schön. ich bereue nichts. Schämen, ja. Ja. Bereue nicht. Aber schämen, ja, natürlich. Ja, klar. Und ich bin mit meiner Cousine hergesessen. Ey, wo ich klein wurde, bin am ersten Geburtstag. Ich bin so reingelaufen mit dem Kopf. Meine Cousine ist zu mir gekommen, mit 18 sagen wir, es ist schon gut. Ich weiss, du bist nicht bei dir gewesen. Mein Herz ist gebrochen. Ja, Bro. Ich habe brüllt. Weißt du, jetzt, mein Herz ist So, gebrochen. schau mich an, Weißt du, was ich Bruder, meine? ja. So, ich bin in der Klinik und Bro, ich habe meinen besten Kollegen hintergangen. Mein bester Kollege, der für mich da war, ich habe bei ihm gewohnt, er hat mir Geld gegeben. Er war immer da. Er ist im Knast, er ist rausgekommen und er ist ausgeschafft worden und alles. Und er war immer da für mich. Und ich habe einen Fick drauf gehabt. Im Geburtstag, wo alle auf Deutschland sind, habe ich ihm gesagt, ich muss arbeiten. Aber ich habe Bock gehabt, einen Pfeifer zu holen und zu rupfen. Und er hat es gewusst.
Ja. Und dann irgendwann hat er mir gesagt, also Bruder, fertig. Und er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich bin dann, wo ich angefangen habe, den Content zu machen, zum clean werden, habe ich gedacht, ja jetzt, ab dort kein Kontakt mehr. 1 Jahr lang, kein Kontakt. Ich habe auf alles reagiert von ihm. So, Story, alles, kein Kontakt, nichts. Dann habe ich, also im Geburtstag habe ich ein Video gedreht, habe das seiner Freundin geschickt und ihr gesagt, ob sie es ihm zeigen kann. Es ist in der Ferien, sie sind in seinem 30. Geburtstag, haben alle meine Jungs zusammen mit ihm geplant und sind auf Valencia. Ich bin der Einzige, der nicht dabei war. Er schaut das Video im Flugzeug an und ich schwöre auf alles, ich bin am Arbeiten gewesen. Und er schreibt mir, hey Bruder, ich habe brüllt im Geschäft. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich so, der, wo ich am meisten verletzt habe, wo mir alles gegeben hat, der so verletzt ist, schreibt mir. Also, wir reden nächste Woche. Wir machen FaceTime und er sagt mir, das ist es. Ich sehe, du bist sauber. Also, an der ersten Sekunde von dem Video habe ich gesehen, dass du clean bist. Also, jetzt können wir reden. Jetzt dann, redet mir sozusagen. Oder? Genau, jetzt redet wir, ja genau. Und das meine ich mit, wenn du zu dir kommst, wenn du es schaffst, die Schwelle zu überwinden und Schmerz, Ehrlichkeit, Aufarbeitung, alles wird sich fügen, wie es muss sein. Alles wird sich fügen, wie es muss sein. Das Leben, Gott, egal wer, es gibt es dir zum richtigen Zeitpunkt. Du musst einfach hinschauen und es annehmen. Aber du bist auffällig, also ich glaube, das teilen wir, du musst es aufarbeiten. 100%. All die Gefühle, die du mit dieser Substanz, was du konsumierst, gefühlt hast, musst du aufarbeiten, zu 1000%. Sonst wirst du nicht heilen, genesen, gesunden, was auch immer. Du bist für mich nicht clean, wenn du nicht reinen Tisch im Herzen machst. Ja. Wenn du nicht sauberen Tisch im Herzen machst, mit dem, was dich belastet und mit dem, was war, wenn du es nicht aufgearbeitet hast, dann bist du nicht clean. Du bist immer noch, ich sage es jetzt böse, du bist immer noch ein Junkie, der einfach dann nichts konsumiert. Ja. So, aber du bist es immer noch. Du regulierst dich einfach anders. Ja, genau. Es gibt Leute, die mir sagen, ich mache jeden Tag Sport und konsumiere nicht mehr. Ja, Bruder, du konsumierst genau gleich. Ja. Einfach etwas anderes. Weißt du, klar ist Sport notwendig. Ja, ja, aber was ich exzessiv. meine ist, kennst du so einen Moment, du machst etwas, der Moment vom Momentum, wo einfach alles stimmt, alles ist perfekt, alles resoniert, alles ist im Einklang. So. Es ist einfach gut, wie es ist. Und das ist ein Zustand, wo du mit deiner Gefühlswelt erreichen musst. Weißt du, nicht abstumpfen, nicht, dass du nicht fühlst, sondern es ist gut, wie es ist. Dass du dich daran erinnerst, aber es ist gut, wie es ist. Ja, voll. Und das meine ich mit aufarbeiten. Okay. Das braucht viel. Ja. Klar, weißt du? Und ich bin niemand zum sagen, ich habe meine Macken und bin ja noch nicht dort. Aber ich bin überzeugt, es gibt einen Zustand, wo du durchdringst in deinen Kern und einen reinen Tisch kannst machen mit der Vergangenheit und im Moment kannst leben. Okay. Bro, es triggert mich nach. Ich muss nur schnell schauen, ob da genug Dings drauf ist, genug... Akku. Ja, ich glaube, ich stecke es wieder ein, einfach mit dem Risiko, dass es wieder überhitzt, aber ich habe voll... Es zeigt wieder an, es überhitzt, sobald ich es rein tue. Ja, komm, ich lasse jetzt nicht so schnell das dritte Mal. Ja. Was ich wollte fragen, Ja, ich meine, Kokain gibt dir ja so, ich bin unantastbar, ich habe so Energie, ich meine, wenn du schon mit einem Typ redest, der konsumiert hat und du bist nüchtern, brauche ich ekelhaft, ich kann es nicht. Es ist so, er ist so auf Strom, Bruder, und ich denke, wir hängen mal, schnell, chill ein bisschen. Das ist ja aber auch, was viele Leute beschreiben, oder? Ich habe so eine Energie gehabt, boah, ich will nicht auf das verzichten. Fällt dir das amix nicht? Oder denkst du nur so, shit, ich werde nie mehr so ein Energielevel erreichen? Oder wie gehst du mit dem allgemein? Bruder, ich habe mehr Energie als je zuvor. Okay. Weil ich Ruhe im Grind habe und weil ich nicht wegsäckeln muss von dem, was mich belastet. Sehr schön, Mann. Weißt du, was ich meine? Sehr schön, ja. Ich habe klare Gedanken. Es ist alles ruhig, es ist klar. Ja. Es ist nicht, fuck, ich muss jetzt dem zahlen, ich muss jetzt schauen, wie ich das Zeug hole. Ah, fuck, ich muss nachher schauen, wie komme ich oben runter. Ich muss das Wochenende planen wegen dem Zeug, ich muss meine Eltern anlügen, ich muss das, Es ist alles so, alles weg. So. Es ist einfach Ruhe im Grind. Klar, ich sage dir ehrlich, natürlich, ich habe einen Moment gehabt, wo ich klein geworden bin, wo ich einfach aus dem Nichts, ich bin am Arbeiten dort im geschützten Rahmen, auf einmal, bam, jetzt hole ich 5 Minuten, 20 Gramm und jetzt drehe ich durch. Ich habe so einen Moment gehabt, voll triggert. So, what the fuck, woher kommt das? Und dann merke ich, es ist ja auch das Verantwortung können abgeben. Das ist auch ein grosser Aspekt im Konsum, egal auf welcher Substanz. Okay. Dass du einfach sein kannst, ohne Verantwortung zu haben. Oder? 100%. Also da sehe ich schon so. Oder einfach mal loslassen von all dem, was du regeln musst. Oder? Und der Konsum gibt dir so ein
gibt dann auch so ein Momentumgefühl. Oder? Und das ist aber das Problem ist einfach, es bedeckt und tut die Sachen wegschieben, anstatt sie zu lösen. Oder die Leute haben immer das Gefühl, es löst es. Nein, es löst es nicht. Es bedeckt es nur. Also ich sage immer, das Problem ist da und der Konsum macht einfach das. Ja, genau. Und dann ist jedes Mal das. Genau. Aber wenn du das Problem löst, aber dass du da herkommst, musst du zuerst mal durch alles durchbrechen. Genau, genau. Durch jede Schutzstrategie, Verhaltensmuster und alles. Und das ist so viel Arbeit. Ja, Darum sage ich auch, du brauchst die richtige Form von Therapie. Weißt du, was ich meine? Du brauchst auch Unterstützung. Also, weißt, ich habe Bezugspersonen, meine Kollegen sind wieder zu mir gekommen, haben mir geholfen. Dann Patricia, meine Mentorin. Dann habe ich nochmal einen anderen Coach gehabt. Dann habe ich Psychologin gehabt. Dann bin ich in einem geschützten Setting gewesen. Ich bin zuerst unter Beobachtung gewesen. Ich habe freiwillige UPs abgegeben. So, ich habe von neu müssen wie ein kleiner Bub lernen, was es heisst. Oder? Aber dann wachst du eben auch rein und nachher merkst du, so, es funktioniert. ja. Oder? Aber ja, das Kokain gibt dir halt das Gefühl von, ich bin der Stärkste im Raum. Ja. Oder es gibt dir so einen Schub von keine Schwäche. Ja. Keiner kann mir etwas. Man sagt ja Allmachtsfantasien. Ja, genau. Du hast das Gefühl, du bist Gott. Ja, der gottesähnliche Wirklich, Gestalt darum bist du dort. narzisstisch Ja, zu voll. 100%. Ich kenne fast keinen Kokser, der nicht ausprägte narzisstische Züge Ja, hat. 100%. Mal mehr, mal weniger. Aber Fix. weißt du, was ich meine? Weil es bedeckt einfach dieses emotionale Bewusstsein, das ist so wie blockiert. Du realisierst das gar nicht. Und ja, klar hast du manchmal den Zugang, aber auch der Zugang ist verfälscht. Habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich meine jetzt rein so das Gefühl von genau das, was du jetzt als letztes gesagt hast. Ich bin übermächtig. So dass, man muss ja auch nicht anders anstellen. Koks ist scheiße, Drogen sind scheiße, das ist klar. Natürlich. Aber das Gefühl an sich ist ja im Kopf geil. Das ist ein geiles Gefühl. Ja, So, so hat oder? ja nicht gerupft, Mann. Eben, genau. Ja, logisch. Fix, weißt du? Und das meine ich, dass du das ohne Drogen ja, Ja. nicht schaffen kannst, oder? Das ist ja eine übertriebene Art von «Ich bin unbesiegbar». Ja. Fehlt das Gefühl nicht, Amix? Das Gefühl habe ich vergleiche es sogar, es ist anders und intensiver. Das Gefühl habe ich, wenn ich einen Moment habe, wo ich das Gefühl habe, ich bin mit Gott verbunden. Okay. Dann habe ich das. Ja. Es gibt so einen Moment, seit ich die Energietherapie mache, wo ich das Gefühl habe, es gibt so einen Moment, wo ich merke, dass an meinen Zehen, es fängt an zu vibrieren, es kommt eine Wärme auf. Und nachher auf einmal ist es so... Viele Leute kennen das wie früher, vielleicht, wenn ein Pillenflash kommt. Und das ist dann so... Und nachher merke ich so, etwas ist da. Irgendeine Verbundenheit ist da. Okay. Und dann spüre ich richtig in meinem Herzen so eine Wärme, dass alles gut ist. Okay. Meine Mentorin sagt, das ist, weil du die Essenz spürst, weil du wieder verbunden bist. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist so ein Moment, wo alles gut ist. Voll. Dann habe ich das und ich fühle mich aber nicht, als wäre ich der Stärkste. Ich fühle mich, als wäre ich gut, wie ich bin. Ja, okay. Und das ist 1000-mal schöner als Voll, der ja. Stärkste. Aber klar, logisch. Ich sage dir ehrlich, klar gibt es mal Momente, wo ich mich daran kurz erinnere und ich denke, boah, die Nacht war geil gewesen. Ja. Voll grob, der Käse ist. Klar gibt es so kurze, Ja, so wäre ja komisch, Blitzmomente. wenn nicht. Ja, logisch. Sonst Also, wäre ja aufhören so einfach für jeden, Christ, Bro. ja, Verstehst klar. du? Also weißt, am Anfang habe ich gedacht, ich so, ich weiß nicht, langweilig, ich will rupfen, ich will durchdrehen, Verantwortung abgeben. Weißt du, die Sexualität ist ein grosses Thema gewesen. Ich will voll drauf gehen, bumsen, dies, das. Am Anfang hatte ich so Gedanken viel gehabt. Ich bin einfach so gewesen, dass ich ehrlich mit mir sein und das aussprechen mit jemandem. Das ist eben das Problem. Die meisten schämen sich mit jemandem darüber zu reden. Ja, klar, ja. Ich kann mit jemandem darüber reden, meine Mentorin, die das versteht, sie kennt das. Und sie hat mir können zulassen und sagen, hey, das Gefühl ist normal, Ja, Mann. voll. Logisch. Musst keine Angst haben, Also ist meinst du, du hast 11 normal. Jahre gerupft? Meinst du, nach einem Jahr ist gut? Ja, Das kann sein, dass du in 5 Jahren noch den Gedanken Ja, hast. 100%. Oder? Aber das ist ja auch schön, dass du die Offenheit und die Ehrlichkeit auch hast in Voll. dir und sagst, ey, momentan ist es so, es kann wieder anders sein. Ja, ich natürlich. sage jetzt nicht, ich bin mit allen Wasser gewaschen und Nie. es wird nie mehr Suchtdruck kommen und so. Nein, nie. Das ist eben gut, finde ich, und das ist auch realistisch. Verstehst kann du? ich Weil auch wenn gar einer da nicht. sitzt und mir sagt, ey, schau, ich rupfe nie mehr, fix rupfe nicht mehr, Bro, du kannst es nicht wissen. Sag nicht etwas, was du nicht kannst wissen. Klar, Bro, verstehst du, du sagst ja auch, ich würde niemals rupfen. Das Ja. sagst du ja. Der Glaubenssatz muss man sich ja auch neu wieder wie einprägen. klar. Das schon. Aber du sagst zum Beispiel, ich kann nicht sagen, ich werde nie mehr Suchtdruck haben. Weil das liegt nicht in meiner Hand. Etwas konsumieren, das ist in deiner Ja, Hand. logisch. Das kannst du auch aussprechen. Logisch. Aber so Sachen sprichst du nicht aus. Und darum finde ich, macht es das auch so glaubwürdig, wenn du es Also, weißt, sagst. ich sage vielen Lives, ich rupfe nie mehr. Ja. Ich werde nicht mehr. Und ich habe auch oft erwähnt, also die ersten 10 Monate hatte ich starken Suchtdruck gehabt. Jetzt habe ich keinen Suchtdruck mehr. Ich habe nicht mehr Lust auf die Substanz. Ja. Ich habe Lust, manchmal einfach
den Zustand, wo ich jetzt habe, zu verändern. Ja, genau. Aber nicht mit einer Substanz, sondern ihn einfach nicht spüren. Und dann gehe ich aber ins Gefühl rein und dann ist ja der Moment anders, weil ich das Gefühl reguliere. Und das ist der Mechanismus, den die Leute nicht checken. Okay. Weißt du, was ich meine? Suchtdruck ist nie, du hast Lust auf die Substanz. Das ist nie so. So, es hat wieder abgehängt. Vielleicht passiert es auch nochmal. Es tut mir leid. Falls jemand Videograf ist, falls jemand will da Videos schneiden oder etc., herzlich willkommen. Ich nehme jede Bewerbung gerne an. Sorry. Alles gut, nur kurz eben wegen dem Suchtdruck. Ich sehe es so, Suchtdruck ist nie die Lust auf die Substanz. Es ist Lust auf das Gefühl, wo der Substanz geht, oder besser gesagt auf das Bedürfnis, das darunter liegt, das du bedeckt hast mit der Substanz. Okay. Ich mache dir ein gutes Beispiel. Ganz am Anfang zum Beispiel, ich bin in Aarau Bahnhof gsi, wo ich schon etwa 4 oder 5 Monate klein war. Dann habe ich Jugendliche gsi mit weißen Plastik-Pappbecher. Und auf einmal hatte ich Lust zum Saufen und Rupfen. Okay. Und dann bin ich den Gedanken nachgegangen. Und dann habe ich überlegt, okay, die weißen Plastikbecher, das sind die Becher, die ich immer im Voll gekauft habe, wenn ich mit meinen Jungs abgemacht habe, zum zu saufen. Okay. Und dann haben wir die Flaschen gefüllt und mit dem haben wir dann getrunken. Also um was geht es? Es geht um Verbundenheit. Ja. Zugehörigkeit, die ich mit meinen Kollegen empfunden habe. Ja. Das heisst, momentan ich fühle mich alleine. Ich sehe das und darum habe ich Lust auf die Substanz. So habe ich gecheckt, gegen Suchtdruck anschaffen. Okay. Ich löse Suchtdruck, so habe ich Suchtdruck gelöst. Indem ich verstanden habe, woher er kommt. Aber kannst du das immer, auch wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, jetzt bist du ja voll in dieser Materie drin, du machst und ist ja auch schön. Die Frage ist, was ist, wenn mal wieder ein Schicksalsschlag reinbrettert? Kannst du das dann auch? Bro, Oder hast du mal einen Schicksalsschlag jetzt in dieser Nein, Zeit? ich sage dir ganz ehrlich, alles was passiert ist, ist positiv gewesen Ja. und ich kann alles handeln, Okay, gefühlsmäßig. genau. Ich bin aber überzeugt, egal was, also das klingt vielleicht vorher arrogant, aber ich bin überzeugt, egal was passiert, ich kann es handeln, weil ich verbunden bin mit mir. Okay, okay. Ich bin, Ich bin kennst nicht du das? narzisstisch oder überzeugt, ich finde das Ja. sehr realistisch und Okay. ein Glaubenssatz, wo du dir wieder... Ich weiß es nicht. Nein, ich vielleicht- finde es okay. gesund, ich finde es recht gesund. Meine Ding sagt etwas immer Spannendes. Sie sagt, Verbundenheit ist das Einzige, was zählt. Das ist ja der einzige Weg, wie du sauber wirst. Ja, Dich verbunden fühlen mit dir und mit anderen Mitmenschen. ja. Oder Ja, sie sagt, wichtig. das ist das Ziel. Und kennst du das, wenn du kleine Kinder siehst spielen? Die sind frei im Geist, die sind verbunden mit der Welt, mit allem, die sind frei. Bei denen gibt es nicht dies, das und so. Ja, es gibt nicht morgen, es gibt gestern, es Genau. gibt heute. Es ist der Moment, Es ist der Moment einfach, verbunden im Moment. ja. Voll. Und sie sagt, das ist der Zustand, den man wieder finden muss. Wenn du Okay. den Zustand wieder findest und ihn abrufen kannst, dann wirst du nie mehr Mühe haben, egal was das Leben dir gibt. Du wirst lernen, damit umgehen, weil du weißt, du bist verbunden. Okay. Und du hast Energie dazu. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel gewesen, weil ich sage auch, die reinste Form von uns Menschen sind Kinder. 100%. Genau. Und warum? Weil ihr Geist frei verbunden ist. Sie sind nicht getrimmt Genau. von Glaubenssätzen, von Ja, Vorstellungen, genau. von, weißt du, genau. was ich Von meine? den Prägungen, die es jetzt in meinem Leben gegeben Genau. hat, von Tod und Leid. Und das ist mir angetan worden. Lass mich nicht lügen, ich glaube aber, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber 70% von unseren Gedanken am Tag ist immer Vergangenheit und Zukunft. Krass. Wir haben, glaube ich, unter 30, vielleicht sogar weniger, vielleicht auch nur 20% Gedankengut, wo wir ausüben in unserem Kopf, die mit Jetzt im sind. Hier und Jetzt Krass. sind. Und darum sagt man eben, eigentlich ist es erstrebenswert, wie ein Kind eigentlich zu sein. Geht klar nicht. Schon Ja, klar, ja, weil, klar, Bro, wir klar. müssen Versicherung, Krankenkasse kommt in eine Steuerrechnung. Kannst nicht. Aber Weißt du, was du meinst? wenn du kannst, versuch immer wieder in der Dingssituation, Call da alle an mich und auch an dich, versuch so viel wie möglich in so Situationen Unbedingt. hineinzukommen. Darum finde ich Achtsamkeit wichtig. 100%. Kreativität ausleben. Ja. Das sind so Momente, wo, weißt Gedanken machen so viel Unnötiges. Extrem. Weißt du, was ich meine? Du hast Angst vor etwas, was einfach in deinen Gedanken ist. Du bist verletzt, weil du denkst an etwas von früher. Oder? Und ich meine, schau, bewusst leben ist gut, aber noch viel wichtiger ist eigentlich, verstehen, warum dein Unterbewusstsein so trimmt ist, wie es trimmt Genau. ist. Und wenn du die Verbindung findest oder in das eintauchen kannst, vom Bewussten ins Unterbewusste und dir da kannst Arbeit geben, dann sehe ich gute Möglichkeit, dass du frei kannst leben. Weißt du, aus freiem Geist raus. 100%. Also ich sage, 90% von meinen Bildern habe ich gemacht, wenn es mir schlecht geht. Eben, krass. Ich mal nie, so gut wie nie, wenn es mir gut geht. Außer ich bekomme jetzt einen Auftrag oder so. Ja. Und jemand will, dass ich ihm ein Bild mal für Geld. Aber warum? Warum malst du, wenn es dir schlecht geht? Weil ich sage ja, Schmerz führt zu Kunst und Kunst öffnet wie die Wahrheit. Weil ich ab und zu nicht die Fähigkeit habe, den Schmerz in Wörter zu packen. Also lasse ich den Pinsel für mich sprechen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch Aber es und ist genau poetisch, aber der Pinsel spricht das für mich aus,
also mein Kopf und auch mein Wortschatz langen für das nicht. Und dann male ich einfach irgendein Bild und ich sage genau das, so. Jetzt habe ich es draussen. Ja. So, ich kann die Energie irgendwo platzieren. Und darum sage ich, du musst kommunizieren, um dich frei zu machen. Du musst dich künstlerisch irgendwie 100%. gestalten. Bro, verstehst du? In der Klinik willst du sonst nicht Kunsttherapie geben, Ja, Sporttherapie klar. geben, Logisch nicht. Ergotherapie geben. Logisch nicht. Die Sachen willst du sonst nicht geben. Weil wir Menschen müssen das machen. Wir haben das schon unser Leben lang gemacht. Höhlenmalerei haben wir gemacht. Ja. Jetzt malen wir. Ja. Früher sind wir jagen, jetzt arbeiten wir. Verstehst du? Wir müssen auch ein bisschen schauen, wie ist der Mensch aufgebaut und diesen Bedürfnissen nachgehen. Liebe, Zugehörigkeit, Familie. Das ist alles, verstehst du? Das ist in unseren Weg gelegt. Wir müssen das machen, in unsere Wiege gelegt, so sagt man es. Es ist verankert tief, Ja. oder? Ein Zugang zum von innen nach außen zu schaffen, ist das Wichtigste, egal wie der aussieht. Bravo, sehr schön Oder? gesagt. 100%. Ja. Wie du Genau. sagst, das Wort, manchmal länger das Wort nicht. Ja, genau. Dann brauchst du das. Genau. Viele fragen mich immer, Raoul, wie bist du so reflektiert? Ich sage dir ehrlich, die grösste Erkenntnis, die ich hatte von reflektieren, was auch immer, sind sie, während ich Videos gemacht habe. Okay. Während ich Videos gemacht habe, hat sich etwas geöffnet. Ja. Ist Ich auch rede einfach drauf Kunstform, los und nachher rattert es und macht es Ja. und tut es. Und nachher schaue ich es nochmal an und dann und nachher mache ich nochmal eins, zum Beispiel. Ja, ist eine Kunstform. So passiert ist auch das Kunstform. manchmal. Darum. Und Maltherapie habe ich auch so schön gefunden. Das ist brutal, das ist beruhigend. Einfach loslassen. Ja, voll. Weißt du, was ich voll. meine? Letztes Mal war der Bruder von meiner Frau da und ich kann ihm so zeigen, er ist jünger, so 20. Und ich habe gesagt, eben, ich male. Also malen. Ich so, mal. Ich so, hock an und mal. Bro, ich bin 2 Tage weggegangen. Er hat gesagt, ey, kann ich den Schlüssel von deinem Raum haben? Er war, ich glaube, am Tag 10 Stunden da, nur am Malen. Krass. Also jetzt verstehe ich dich. Sonst habe ich immer gesagt, so, malen, was ist das? Ja, Leute lachen dich aus. Ja, und oh, bist du ein Kind Ja, ja. oder so. Kollegen haben mir auch geschrieben, so, schau die Schwuchtel an, Ja, malen ja. und so, weißt du, als Spaß. Ja, So. ja. Aber mach mal. Mal und dann reden, ja. mal und dann siehst du, was für einen Effekt das hat. Was machst du eigentlich? Was machst du, um deine Gefühle... Also Videos hast du gesagt. Und wir haben es wieder geschafft, dass die Kamera abgestellt ist. Wir sind jetzt noch schnell eine WC-Pause machen. Wir sind aber dort gewesen, was machst du, um dich zu regulieren? Genau. Was machst du, um eben kreativ, sportmäßig? Also ich mache jetzt wieder Sport. Ja. Ich habe wieder angefangen. Ich hatte lange zu kämpfen mit Essen und Sport. Also ich bin in der Konsumzeit habe ich am meisten zugenommen, wo ich am meisten konsumiert habe. Weil Okay. ich dann die Nicht-Konsumtage kompensiert habe mit Schlaf und Essen. Okay. Oder? Das war eine absolute Regulation. Ja, Auch ja. tief verbunden mit etwas mit der Mutter. Ein bisschen. Das Essen ist so das, was man immer was ich mir selber geben konnte, Ja. was mir gut getan hat. Also vielleicht ist auch dort ein bisschen eine Kompensation. Und dann bin ich in der Klinik, habe sehr viel trainiert, habe abgenommen, bin aus der Klinik gekommen, habe mich zuerst aufs Training fokussiert und nachher habe ich gemerkt, ich stecke mehr Energie ins TikTok, weil mir das mehr Spaß macht. Das Training ein bisschen vernachlässigt, wieder ein bisschen zugenommen und jetzt bin ich wieder am Trainieren. Also das Training hilft mir. Manchmal ist es aber mehr Kampf als Genuss. Okay. Und dann, wenn ich aber gemacht habe, geht es mir gut. Ja. Was ich aber eigentlich eher mache zum Regulieren, ist wirklich sehr viel, ich schreibe Sachen. Ja. So am Laptop schreibe ich Sachen, meine Gedanken. Okay, schön. Dann rede ich reden mit vielen Mitmenschen, eigentlich. Ich mache Videos, Therapie, dann kann ich mich gut regulieren. Und einfach allgemein, ich kann raus laufen, aber Okay. meistens reguliere ich mich einfach. Es ist speziell. Trauer ist etwas Schönes jetzt für mich. Okay. Und auch Wut, wenn ich Wut zulasse, dann merke ich meistens ist Trauer unten dran. Okay. Und nachher ist es ein schönes Gefühl. Ja. Es gibt so wirklich so, ja, ein Hypnosezustand ist Ja. vielleicht das falsche Wort, aber so, das Gefühl geht. Okay. Ja, das ist so, was ich mache zum Regulieren. Manchmal mache ich auch ein Video, ich glaube, manchmal ist auch ein Video da, um mich zu regulieren. Ja, eh. Ja. Okay. Ey, ich habe jetzt gerade überlegt, vielleicht machen wir das Thema mit Medikation und so bei einem zweiten Mal. Das fände ich fast noch spannender, dass wir das wie nicht so überreizen. Ich finde, es ist extrem viel Spannendes geredet. Ich will jetzt auch nicht beenden, ich will noch Fragen mit dir machen. Aber ich finde so Medikamentenwelt, Psychiatriewelt, nochmal etwas anderes, auch geschlossen. Wie ist es denn, wenn du in eine Klinik kommst, du kannst vielleicht nicht rausgehen. Ich würde das mega gerne vertagen, dass wir vielleicht, weil eben, ich finde dich ein maximal angenehmer Gesprächspartner. Würde jetzt aber mega gerne zu der Frage gehen, wenn es Ja, für dich in sicher. Ordnung ist. Und zwar, vielleicht kannst du einfach so kurz antworten, wenn ich noch Fragen habe, würde ich habe einfach mega Schiss, dass die Kamera wieder abstellt. Ich sag's dir ehrlich. Was haltest du von der Darstellung vom Kokainkonsum
Wirkung, Nebenwirkung, wenn du es jetzt anschaust, auf die Haftbefehl-Doku, fragt Claudia dich. Boah. Also Haftbefehl-Doku ist der Suchtverlauf von jedem Kokainsüchtigen. Ja. Zu 1 Million%. Der Unterschied ist halt erst in der Öffentlichkeit. Und es ist jetzt dokumentiert worden. Und er hat halt die finanziellen Mittel. Mhm. Die Zustand, wo er hat, das ist der Zustand, wenn Kokain seine gewünschte Funktion nicht mehr erfüllt, sozusagen. Also Kokain gibt er das Gefühl von super, aber es nimmt er auch. Am Anfang Okay. ist es mehr gibt es dir, als es dir nimmt. Okay. Und irgendwann nimmt es dir mehr, als es dir gibt. Oder? Ja. Man sagt ja, der Zustand von, ich weiß nicht, wie es heißt, Homöostase. Aha. Das ist eine Funktion in deinem Hirn, wo Schmerz und Genussempfinden im gleichen Sektor ist. Ja. Oder? Und durch das muss die Waagschale immer ausgeglichen sein. Das heißt, je mehr Genuss du empfindest, desto mehr Schmerz muss wieder entstehen, dass die Regulation funktioniert. Okay. Und Kokain verändert und verschiebt das extrem, dass du so wenig Genuss und so viel Schmerz hast. Und durch das bist du nachher auch in einer Kokaindepression. Ja. Sozusagen, deine Wahrnehmung ist blockiert, du hast den Zugang nicht mehr und das Einzige, was in deinem Kopf ist Koks, Koks, Koks. Ja. Und ich glaube, bei einer Haftbefehl-Doku ist es halt, du siehst die finanziellen Möglichkeiten. Und bei ihm geht es halt noch um die Kunstfigur Haftbefehl. Ja, es sind die zwei separate. Ja. So sehe ich das. Fast schon ein dissoziativer Zustand Ja, eigentlich. es ist eine Rolle, die du erschaffst, die nichts mit dir persönlich zu tun hat. Ja, voll. Und der einzige Zugang, den du hast, ist durch die Musik. Ja. Also, so sehe ich, da habe ich ein Video dazu gemacht. Aber also, wie meint man, also, was meinst du mit Nebenwirkung und Dings genau? Also die Frage ist genau, was haltest du von der Darstellung vom Konsum, Kokainkonsum, Wirkung / Nebenwirkung? Ich glaube gerne das eigentlich, was du beschrieben hast, ja. Ja. Das beantwortet es eigentlich. Das ist es. Ja. Sehr spannende Frage. Was ist das Größte, was du verloren hast, also im Konsum oder in deiner Geschichte, abgesehen von Geld? Meine Glaubwürdigkeit. Also meine Glaubwürdigkeit nicht nur in Bezug zu anderen Mitmenschen, sondern die Glaubwürdigkeit zu mir selber und der Glaube an mich selber. Also der Zugang zu mir, dass ich gut bin, wie ich bin, der ist gar nicht vorhanden gewesen. Okay. Also ich habe mich komplett als Versager gesehen und habe dann einfach meine Mechanismen, die funktionieren, dass ich ein gutes Gefühl mehr erarbeite, wo aber nicht echt ist. Und Kokain hat das halt perfekt ergänzt. Okay. Aber was ich eigentlich wirklich verloren habe in dieser Zeit, ist der Glaube, dass ich gut bin, wie ich bin und etwas schaffen kann. Okay. So will ich das beantworten. Gesundheitlich hast du auch noch gesagt, oder? Ja, gesundheitlich. Ich habe noch den Augenschäden, Nase, Kiefer, Magen, Blase. Ja, also ich sehe schlechter wegen dem Konsum. Ja. Dann habe ich eine Brille gebraucht, als ich klein wurde, habe ich das gemerkt. Okay. Der Kiefer ist schräg. Nicht nur wegen dem Konsum, ich habe eine rechtzeitige Gesichtslähmung. Das hat man aber nie herausgefunden, woher es kommt. Okay. Dann meine Nase ist zerfetzt, also von innen. Darum atme ich durch die Luft und weil ich halt noch ein bisschen fester bin, schnappe ich manchmal nach Luft. Okay, durchs Maul, also konstant durchs Maul schnaufen. Eigentlich schon fast, ja. Und der Magen, ich habe recht Mühe mit dem Magen. Okay, Oder heisst? mit dem Magen-Darm und so. Ah, Mit okay. dem Darm habe ich recht Mühe. Okay. Ja, also ich muss 3-4 Mal am Tag schiessen. Okay. Und sehr viele Sachen, die ich esse, machen extrem viel. So Krämpfe und so. Ja. Und Blase hast du gesagt? Und Blase, ja. Das habe ich das Gefühl, dass ich pissen muss, obwohl ich nicht muss. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob gewisse Sachen vielleicht auch psychosomatisch sind. Oder nur körperlich. Wahrscheinlich Kombination von beidem. Ja. Aber ja. Ich glaube auch, ja, Kombination von beiden. Ja, und keine Ahnung, der psychische Schaden ist schwierig für mich zum erläutern, weil ich bin von 12 bis 27 drauf war. Meine ganze Entwicklung Ja, klar. ist in Konsumphasen gewesen. Das heisst, ich kenne mich das erste Mal, so wie ich jetzt bin, ist das erste Mal für mich in meinem Leben, wo ich mich so kennenlerne. Das ist aber auch gleichzeitig der Grund, warum es mir so einfach fällt, clean zu sein. Ja. Weil alles, was ich sehe, ist wie das erste Mal, wo ich es sehe. Es ist wie, als wäre ich ein Kind, das die Welt erkundet. Hast du dich gern? Ja. Das ist schön. Nicht immer, nicht alles. Ja, also ich mich auch nicht. Aber doch, ich habe ein gutes Bild von mir. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann hat einer geschrieben, haben gehört, es schrumpft dein Mitleidsempfinden ab. Also dir ist es egal, was anderen antust. Das hast du eigentlich gut erklärt mit deinem besten Kollegen, oder? Also ich glaube, wenn du die ganze Folge geschaut hast, er hat es mega gut erklärt, dass du eigentlich darauf geschissen hast. Nein, du bist abgestumpft. Also du schießt nicht wirklich drauf. Wenn du die Moment hast, wo du nüchtern bist, wo du zusammenbrichst, wo du oben runterkommst, dann bricht alles durch. Okay. Dann ist dein wahrhaftige Ich wieder da. Okay. Einfach meistens ein bisschen in einer Überreaktion,
weil ja alles dampft wird und nachher explodiert. Es wird dir mit der Zeit immer mehr scheißegal, weil die Substanz immer mehr Bedeutung für dich bekommt. Okay. Checkst? Ja, Das 100%. heisst, die Substanz wird immer wichtiger, alles andere wird unwichtig. Und wenn die Substanz hat, geht es dir gut für den Moment. Aber unten dran liegt eigentlich etwas anderes. Wo ich clean geworden bin, ist das Schwierigste für mich, überhaupt auszuhalten, was ich angetan habe anderen. Okay. Also ich habe nächtelang gebrüllt, weil ich dachte, wie bin ich zu meiner Mutter gewesen, zu meinen Brüdern, zu meinen Kollegen. Ich habe auch Kollegen geschrieben, wo ich lange keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Jetzt mit der Nacht, es tut mir leid, Bruder, was ich da angetan habe. Und der schreibt mir, Okay, Bro, was so läuft mit dir? Flashbacks gehabt. Ja, ja. Okay, Ich glaube, Wiedergutmachung ist schon ein mega grosser Aspekt, den du machen musst, um clean zu werden. extrem. Einfach auch für dich selber, weißt? Egal wie die anderen darauf reagieren. Mhm. Aber dass du es machst. Schon mal eine Frage gekommen, vielleicht kannst du das gerade verbinden. Einer hat geschrieben, wie fühlt sich ein Down an eigentlich? Das Down ist das ekligste Gefühl, was es gibt. Schon, Boah, ja, darum habe ich auch immer gesoffen dazu. Also die meisten Leute, die Koks konsumieren, trinken die auch Alkohol dazu. Ja. Und das hat, also das erste Mal, weil wenn Alkohol im System ist und Kokain dazukommt, entsteht Kokaethylen. Das ist ein neuer chemischer Wirkstoff. Genau, Durch die ja. Reaktion in deinem Körper, das ist ein eigener Rauschzustand. Ich meine, Alkohol hemmt gewisse Sachen und tut gewisse Sachen pushen und das Kokain ist entgegengesetzt. Ja. Darum die Wechselwirkung. Und wenn du von Koks eigentlich oben runterkommst, das Down ist so wie, boah, als würde die Zelle rausgenommen werden. Okay. Also, du hast die ganze Zeit so ein Hoch und nachher merkst du, es klingt ab und nachher ist alles scheiße. Und in dem Moment würdest du alles dafür machen, um jetzt nochmal eine zu nehmen. Okay. Und nachher nochmal eine und nochmal eine und nochmal eine. Und so wirst du eigentlich immer Und, süchtiger. genau, und und süchtiger. um das entgegenwirken, habe ich mich einfach Knockout gesoffen, immer. Okay. Das heisst, ich habe die letzte Line gezogen und dann irgendwie eine halbe Flasche Whisky auf X oder 2, 3 Weinflaschen auf X oder ein Sixpack Bier auf X, weißt du, nacheinander, dass ich dann eigentlich besoffen worden bin, dass Down ist und dann Knockout pennen bin. Okay. Also eigentlich ist das Wunder, dass ich überlebt habe immer. Ja. Aber das Down ist das Schlimmste, weil du hinterfragst alles, du spürst alles und es ist so wie die Leichtigkeit und die Intensivität und das Höch verschwindet. Ja. Und du spürst, also du realisierst dann, was für ein Versager du bist. Okay. Also es bricht dann alles ein. Ja. Du fühlst dich eigentlich noch schlechter als im normalen Zustand. Ja, macht Sinn. Oder weil das Macht Dopamin Sinn. geht ja, wenn man es dopaminmäßig anschaut, ist das hoch und nachher geht es unter das Grundlevel. Ja, eben. Und es gibt kein Neues. Ja, voll. Das ist Und das- ausgeschossen. ja, dann, Und das, was neu kommt, ist niemals so intensiv. ja. Oder? Und ich glaube genau so, darum ist Kokain so gefährlich. Ja, extrem. Ja. Hast du mal Überdosis gehabt? Boah, keine Ahnung. Im Fall. Okay. Also ich sage dir ehrlich, Mann, ich habe so viel gerupft, es ist ein Wunder, dass ich nicht gestorben bin. Ja. Also ich habe ja die letzten 2 Konsumjahre habe ich am Stück 2-mal im Monat zwischen 2 bis 6 Tagen am Stück durchgemacht. Okay. Immer. Und wie viel Gramm redet man da? Bro, wir reden von... Es ist so, viele hängen mich auf, weil sie sagen, das stimmt nicht und alles. Ich kann dir sagen, es hat Phasen gegeben, wo ich in 2 Tagen 5 Gramm gerupft habe. Okay. Es hat Phasen gegeben, wo ich in 2 Tagen 10 Gramm gerupft habe. Es Okay. hat Phasen gegeben, wo ich in einem Tag 10 Gramm gerupft habe. Es hat Phasen gegeben, wo ich in 4 Tagen 10 Gramm gerupft habe. Und einfach, So. dass ich mir vorstellen kann, Radio-Leute, ich meine, ich kenne mich echt null aus. Wie viel ist denn eine Line jetzt? Ich lege mir eine Line. Wie viel ist das? Bro, es ist vielleicht 0,1. Okay. Boah. Vielleicht. Okay. Am Anfang nicht einmal vielleicht. Und nachher zuletzt sind es halbe Gramm Lines geworden. gell? Okay. Also so, ich habe auch schon, wie der Doku im Haftbefehl, so viel und so in kurzer Zeit nicht. Aber ich habe auch Phasen gehabt, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, 12 Säcklis an 0,7 kann und die 5 Stunden ballert habe. Okay. Einfach zack, zack, bam, bam, halbe Grammline und die ganze Zeit so. Aber es ist unterschiedlich, weißt? Ich muss dir ehrlich sagen, früher war es natürlich nicht so viel gewesen, aber ich bin sehr schnell auf hohe Mengen gekommen. Aha. Eigentlich ist es so gewesen, so viel ich hatte, so viel habe ich gerupft. Okay. Je mehr ich hatte, desto schneller habe ich mehr gerupft. Sagen wir, Ja. ich hatte jetzt nur 1 Gramm gehabt, dann hätte es können sein, dass man ein Gramm Ja. 24 Stunden Ja, gelangt ja, hat. sicher, weil du hast gesagt, Oder? ich kann nur noch das. Und wenn ich 3 Gramm hatte, hätte es können sein, dass mir die 3 Gramm in 4 Stunden oder 5 Stunden weg sind. Okay. Also Weißt- hättest du vielleicht Mittel vom Haftbefehl gehabt und Ja, dann ich Geld wär tot. wärst du tot, Ich gell? wäre tot, 100%. Bro, Das ist 100% crazy. wäre ich tot. Bro, ich bin einmal bin ich 40 Gramm geholt und habe die in 3 Tagen, 4 Tagen verballert. Mhm. 32 Gramm oder so. Habe ich verballert in 4 oder 5 Tagen. Bro, nachher bin ich 2 oder 3 Tage bin ich am Pennen gewesen, Knockout. Ich habe Mhm. aber nicht mehr gecheckt. Weißt du, immer wieder aufgewacht, dann wieder Pen, so komatöser Zustand sogar fast. Hast du mal nach dem Ganzen vielleicht mal ein Blutbild abgegeben? Ja, ich habe alles Das hast Tests du schon, gemacht oder? und so, in der Klinik. richtig. Weil einer hat geschrieben, was an dem macht dich so süchtig? Ich glaube aber, auf das sind wir auch schon eingegangen. Es ist das Gefühl, das du nie gehabt hast. Es ist die Ja. Zugehörigkeit. Es ist, ich bin jetzt auch wichtig. Die Leute Ja. reden über mich. Zu Die Leute 100%. sehen mich an. Ich bin Ja. ich bin jemand. Ich habe am Anfang ein gutes Beispiel gemacht, um es zu erklären. Wenn du jetzt einen Mensch nimmst, der
sagen wir jetzt ein 22-jähriger oder sagen wir jetzt ein 17-jähriger Bub, Mhm. der ein Hobby hat, der sich gut emotional kann regulieren kann, der sagen wir, gesund aufgewachsen ist, so Anerkennung hat, Zugehörigkeit hat, dem sein psychischer Gesundheitszustand ist einfach schon generell, sagen wir, da. Mhm. Und wenn der jetzt Koks probiert, dann macht er vielleicht bei dem so einen Sprung. Ja, Der denkt, das ist gar nicht so geil. Wieso? Ich bin Ja, ja, selbstbewusst, ich voll. kann alles. Jetzt ein Mensch, der Probleme hat, psychisch nicht so stabil ist, wie auch immer, irgendwie wenig Sachen hat, die ihm gut tun, Missbrauch, Traumata, was auch immer, der ist allgemein, sein psychischer Zustand ist vielleicht da. Mhm. Und wenn der jetzt Koks nimmt, macht das so einen Sprung. Okay. Da macht so einen Sprung, Ja. oder? Wir reden ja vom biopsychosozialen Ja. Modell. Da macht so einen Sprung. Und das heisst, die Lücke zu füllen Ist viel grösser als und die jetzt, Lücke nicht zu spüren, ist ja auch viel. Weißt du, was ich Ja, meine? extrem. Als für einen, Ich der so verstehe ist. voll, Und was du das meinst. ist der Unterschied, warum Leute abhängig werden und warum Leute nicht abhängig werden. Ja. So sehe ich das. Okay. Das ist so meine Erklärung Ja, dafür. voll, macht Sinn. Kann ich unterschreiben. Ja. Bin ich dabei. Ich habe heute, ich habe dir ja gesagt, Ja. ich betreue so Kinder und so. Und ich habe heute einen Termin gehabt. Und ich habe mit dem kleinen Bub geredet. Dann hat er gesagt, wieso musst du schon gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache einen Podcast jetzt. Und so. Ja. Dann hat er gesagt, ja, über was? Und dann habe ich gesagt, eben über was es geht. Und ich habe gesagt, hast du Fragen? Ja. Vielleicht auch mal spannend, von einem Kind, Das ist weißt schön. wo gar nicht mit ist dem zu schön. tun hat. Und ich bin erstaunt gewesen, wie tief Fragen er gestellt hat. Nicht alle, aber was hättest du anders müssen machen, dass es nicht so gekommen wäre? Das war seine erste Frage gewesen. Das ist eine mega gute Frage. Ich voll ins Herz will. Es ist ein Kind. Ich Ja, verstehe, wie ein Kind das fragt. ja voll. Was hätte ich anders müssen machen? Die Frage ist, ab welchem Zeitpunkt hätte ich etwas anderes müssen machen? Mhm. Es ist schwierig für mich, weil ich sehe es ja gut, so wie es passiert ist. Mhm. Weißt? Ich glaube, ich hätte mich mehr müssen beschäftigen mit mir selber, anstatt im Aussen zu suchen. Aber es ist mega schwierig zu sagen, weil die Möglichkeit wäre so wie in keiner Theorie voll. Ich entstanden. verstehe. Es ist hure schwierig, zum das zu beantworten. Vielleicht hätte ich auch anders müssen aufwachsen. Das ist ja eben. Vielleicht das ist hätte ja der Zugang genau die schon anders müssen sein. Genau. Vielleicht hätte ich müssen lernen, mehr Ego auf die Seite zu tun. Aber das ist so wie alles unmöglich für mich, Ja, das in die Theorie rein tun, weil es halt nicht möglich war. Mhm. In meiner 100%. Gefühlswelt dazu mal. Fix. Mega schwierig. Was ist der Unterschied zwischen deinem Leben vorher und deinem Leben jetzt? Boah, das ist krass. Das ist eine sehr gute Frage. Sehr vieles eigentlich. Ich renne nicht mehr weg von mir. Ja. Ich nehme mich an, ich arbeite wirklich an mir. Ich kann mich akzeptieren. Ich bin von Herzen, ich probiere von Herzen zu handeln Ja. und nicht aus Egoismus und Eigenprofit. Ja. Ich probiere auch etwas zu erschaffen, das eine Bedeutung kann haben, Ja. aber nicht eine Bedeutung muss haben, sondern eine Bedeutung kann sein für Ja, jemanden. voll. So. Super gesagt. Ja. Irgendwie so. Was anderes ist, ja, ich bin mich am entwickeln. Ja. Keine Ahnung, vorher ist keine Entwicklung stattgefunden. Ja, für mich ist einfach Einfach resigniert. ja, dort, und genau, und ich kann einfach alles. Wie soll ich dir, schau, das ist etwas, was ich immer sehr gut erkläre. Ich habe früher mehr Energie investiert, um ein Bild von mir zu erschaffen, wo ich gut bin, anstatt wirklich Energie in mich zu investieren, dass ich mich gut fühle. Stark. Weißt du, was ich meine? Stark. Ja, brutal. Ja, Und voll. das meine ich. Ja. Das ist der Unterschied. Ohrenspitzen zuhören, keine Drogen konsumieren. Ja, Ein klarer Verstand ist der schönste Verstand. 100%. Wie bist du auf Drogen gekommen? Ich glaube, das haben wir geklärt. Mhm. Es ist eben Kollegen, die Umfang, Eltern, draussen, viel auf der Straße, weil die Hause hast du nicht das bekommen, was das Kind braucht. Was waren es für Drogen? Das liebe ich auch, wenn Kinder immer wahr sagen. Ich war dort. Was waren es für, was sind es für Drogen gewesen? Also ich kann mit 11 Jahren rauchen, mit 12 Jahren kiffen, mit 14, 15 Jahren trinken, dann Pillen, Amphi, dann war LSD in Phase, so 3/4 Jahr. Das Koks war 11 Jahre. Ja, und Pilz noch. Aber also, was ich wirklich konsumiere, ich habe 13 Jahre getrunken, Ja. ich habe 2,5, 3 Jahre gekifft. Ich habe 12 Jahre Pillen gefressen und 11 Jahre gekokst. Also eigentlich kann man sagen, fast alles, außer jetzt Heroin Und Crack, Crack. und Meth. und Meth, so Crystal Meth, so das Ja. Zeugs. Ja, und sonst weiß ich halt nicht noch, was alles gibt. Ja, aber- es gibt mittlerweile. Fentanyl. Ja, nein, so Krokodil. Sachen nicht. Ich habe nie etwas eigentlich gerne gehabt, das mich betäubt, sondern eher, das mich präsent macht. Ja. Oder?
Und beim macht Alkohol auch ist es halt Sinn. so eine Kombi gewesen, ja. Ja. Okay, Pille habe ich auch gerne gehabt, aber Pille ist so, dann bist du einfach in einem ganz anderen Zustand. Ja, das ist ja schon fast psychedelisch. Obwohl es Ja, ja ja. nicht psychedelisch ist, es ist schon fast so ein Ja. Zustand. So, weißt du, es ist nicht gepusht, es ist nicht gehemmt, es ist einfach... Andere Welt, Bro. Ja, Du bist ja. einfach, das ist gut gesagt, Das ist- andere ja, ja. Welt. Was war die schlimmste Droge gewesen für dich? Koks, mit Abstand. Koks. Koks und Alkohol. Ich sage aus heutiger Sicht, egal welche Substanz, vielleicht wird das jetzt ein Ex-Heroin-Junkie anders gesehen. Ja, eh. Kokain ist mit Abstand die teufelsste Droge, die es gibt. Ja. Weil bei Kokain hast du nicht sofort die Konsequenz, dass es negativ ist. Das Du hast zuerst das Gefühl, schau, ich sage das, Kokain gibt dir das Gefühl, dass du die beste Version von dir wirst, während du dich verlierst. Ja. Wow. Weißt du, was ich meine? Zitat Ende. Ja, voll. das ist das Problem. Und Alkohol ist sowieso Ja. behindert. Eben, wir sind kurz vorher aufs WC gegangen, nicht miteinander, nicht falsch verstehen. Aber dort haben wir auch gesagt, Alkohol ist halt mega schlimm, weil dein Dealer ist immer dort. Du Ja. gehst posten, er ist dort. Es gehört zum guten Ton. Jemand Ja. hat Geburtstag, ein Küppli anstoßen, dass du wieder dort reingehst, ist einfach so extrem. Ja. Weil beim Koks ist die Hemmschwelle, es ist jetzt nicht riesig, aber du musst dem Dealer anrufen, Ja. du hast Zeit zum Überlegen, bis der Dealer kommt, etc. etc. Alkohol, wissen wir selber. Geh in Aldi, geh in Coop, geh überall. Schlimmste und bei Alkohol ist, glaube ich, fast über 70% statistikmäßig gesehen, hat Alkohol die größte Fremdgefährdung. Ja. Ja, Also, macht wo Sinn. du auf dieser Substanz bist. Ja. Also, du konsumierst die Substanz und etwa über 80% höher als alle anderen ist die Fremdgefährdung, die du anderen antust. Mhm. Bei anderen Substanzen hast du das nicht. Zum Beispiel bei Kiffen. Ich finde Kiffen auch nicht gut, aber Ja, bei Kiffen ey. hast du fast null Fremdgefährdung, Ja, die du anderen es- antust. Du bist die isolierst Also, dich. weißt, Also, was klar willst du gibt es anderen nachher Dynamiken, die andere darunter leiden, logisch. Fix. Aber es ist nicht so, dass du einen Joint rauchst und seine Mutter gehst prügeln. Ja, oder so. ja, Also, voll. meistens nicht. Klar gibt es auch so Leute, aber bei Alkohol, Fix. ich meine, auch so viel Unfall passiert auf Alkohol. Ja, Gewalt, ey. zum Beispiel Gewalt oder Missbrauch, die sind meistens unter Alkoholeinfluss. Ja. Ist das aber die meisten, weil auch das am meisten verfügbar ist? Weißt du, wie ich meine? Ist vielleicht nicht, wenn Kokain auch legal wäre, dass es vielleicht auf Kokain auch, weil ich sehe ja Leute, also auf Koks sind ja auch gewaltbereit, natürlich, oder? natürlich. Ja, Ich ja, rempel dich an, sag was, du Ja, ja. in deinem Gottzustand, wo du dich fühlst, denkst du, ich knock den ab, Ja, Mann. ja, klar. Noch nie Kampfsport gemacht, aber du hast das Gefühl, du bist der Stärkste. Klar, also ich denke zuerst einmal, je einfacher der Zugang zu einer Substanz, desto mehr wird sie konsumiert. Ja, bin Das ich habe auch. ich das Gefühl. Also Ja. ich bin gar nicht für Legalisierung. Ich verstehe das nicht, dass Leute das denken. Es geht eher darum, das Risiko aufzuzeigen und erklären, warum es nicht nötig wäre. Mhm. Und trotzdem kann man sich dafür interessieren. Das heißt nicht, dass man es probieren muss. Ich glaube, dort müssen wir eher schaffen präventiv. Aber Alkohol ist halt einfach, Bro, Alkohol ist einfach ein pures Nervengift. Alkohol Ja. macht dich einfach dumm, es macht dich behindert, weil es hemmt einfach gewisse, es nimmt dir die Hemmschwelle weg. Es tötet deine Nerven. Es tötet auch deine Nerven und es nimmt dir gewisse Hemmschwellen einfach komplett weg. Ja. Und du machst einfach den größten Scheiß. Mhm. Und so wie, klar, es gibt einen kurzen Zustand von Lockerheit, der lustig sein kann. Ja. Aber alles andere ist nicht lustig dran. Und weil es legal ist, glaube ich auch einfach, dass die Leute den Bezug gar nicht haben, was ein normaler Konsum wäre. Und sie hat auch das Gefühl, es ist ja erlaubt, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Ja, oder? Verstehst Und ich meine, oder jetzt habe ich gesagt, normaler Konsum. Gibt es überhaupt einen gesunden Konsum mit irgendeiner Substanz? Ja. Ich meine, fragwürdig. Weißt du, laut WHO ist einmal im Monat sich betrinken ein problematischer Konsum. Jeder, den ich kenne, der trinkt, erfüllt das mit Abstand. Ja. Also, wo ich kenne. Ja, jetzt. ja, fix, ich verstehe Und voll, es du meinst. wird dir vermittelt für Verbundenheit, locker, Apero, Feierabendbier. Es gibt Werbung, Bro. Es gibt Werbung Ja. von Alkohol. Von Weißt du, was ich reden meine? wir? Das ist geisteskrank. Ich finde so Toppings, wo ich würde wirklich extrem gerne nochmal mit dir eine Folge Ja, ja. machen. Ich will über Psychiatrie reden, ich will über Medikamente reden, über eben, auch jetzt in Bezug, verstehe mich nicht falsch, mit deiner Mutter. Ich glaube, sie ist auch dem zum Opfer gefallen, dass man Absolut. einfach Medis gegeben hat, oder? Und Zu 100%. schau, wie viel Leben jetzt das wir tangiert hat. Hure schlimm. Als drittes will ich genau das reden, wieso ist Alkohol erlaubt, andere Substanzen nicht. Wieso tut man nicht alles wie stoppen oder vielleicht Sachen legalisieren, die jetzt nicht so extrem sind wie Alkohol? Weil, das ist jetzt vielleicht eine Verschwörungstheorie, sagen viele, aber Alkohol ist erlaubt, weil dich das von deinem Wesen trennt. 100%. Verstehst du? Und du schaffst wie ein Tier und dann saufst du 100%. und nächste Woche gehst du wieder arbeiten. Und willst du nicht trinken, willst du dich vielleicht hinterfragen, wieso schaffe ich eigentlich Genau. wie so viel? Das Oder? ist schon gewollt vom System. Eben. Also so sehe ich das. Ich gebe dir etwas, wo du dich so anstrengst und mit dem belohne ich dich nachher, dass du dich weiter anstrengst. Genau. Ich will, ist gut, machen Ja, wir, oder? machen wir Das ist unbedingt. brutal. Dann, was hat der Kleine noch gefragt? Der Kleine hat noch gefragt,
Wann ist es zu einer Sucht gekommen? Boah, schon lang. Sehr früh. Ich kann, glaube keine Ahnung, Mann. Es ist schwierig für mich. Ich habe mit 11 Jahren Ziggis rauchen und wo ich gekifft habe. Ich habe das letzte mit meinem Kollegen, wo ich ihn besucht habe in Deutschland, hat er mir gesagt, also, Bro, egal was du genommen hast, Bruder, du hast gerade dir recht. Komplett übertrieben. Mutter gefickt hast, Ja, also wirklich Mutter gefickt. Darum, ich glaube, es ist schon mit 13, 14 bin ich glaube schon Bist schon extrem drin süchtig gewesen, habe ich das Gefühl. Okay. Ja, weil ich meine, schau, ich habe mit 12 Jahren kiffen und ich glaube, ich habe so nach 3/4 Jahr habe ich jeden Tag 50er Okay. schon geraucht. Und ja, Okay. weißt du, was okay. ich meine? Ja, ja. Keine Ahnung, Mann. Nein, das ist schon Sucht. Das, Ja, also weißt du. Und klar hat es immer wieder Phasen gegeben, wo es dann vielleicht ein bisschen weniger war, aber ich meine, es ist trotzdem durchgehend immer, es ist immer vorhanden gewesen. Also weißt du, es ist nie irgendwie, dass ich jetzt schon mit 12, 3-4 Monaten am Stück nicht konsumiert habe. Das hat es gar nicht gegeben. Also ich habe von 12 bis 27, das einzige Mal sind die 5 Monate in der Klinik gewesen. Und sonst hat es keinen einzigen Monat gegeben, wo ich nicht konsumiert habe. Okay, Hat es das gar ist nicht crazy, gegeben. ja. Nie. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist Ich würde sogar fast sagen, kein Wochenende, aber ja. es hat sicher mal ein Wochenende gegeben, wo ich nicht konsumiert habe. Dann hat er nochmal eine Frage gestellt, Ja. was ist das Schlimmste, was du verloren hast, aber das haben wir schon gesagt, das ist deine Glaubwürdigkeit, hast du gesagt, und das ist deine Gesundheit eigentlich, Ja, ja. oder? Du hast auch noch Fragen bekommen? Ja, aber ich gehe ins medikamentöse Setting rein. Okay, du tun wir die ausschließen, weil ich finde wirklich, das ist ein Okay, Thema. Okay. Also, wenn es noch andere hat, können wir auch die machen. Ich finde aber wirklich, es ist so ein Thema, Bro. Wenn ich jetzt anfange mit dir darüber reden, Dann ich okay, rede rein. 2-3 Stunden mit dir, weil ich bin voll dagegen. Ja. Ich bin auch voll dagegen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich frage mich nicht mal, ob ich Wasser getrunken habe genug, ob ich genug geschlafen habe, ob ich vielleicht 17 Stunden am Nattel gehängt bin. Nein, ich habe mir gerade das Profen rein. Verstehst du? Ja. Dort fängt es schon an. Das ist krank. Und es hört nicht auf. Es hört auch nicht auf mit. Ich habe eine Folge gemacht mit einem, er hat einen Skiunfall gehabt, hat sich Wirbel gebrochen. Arzt hat gesagt, ja, da hast du Oxycodon, Ja, ja. Oxycodon mit der Spritze. Ja, geil, er ist am Loch gut gegangen, hat gedacht, geil, tätscht, wenn ich ein bisschen mehr nehme, bam, ist er süchtig. Wo ist der Arzt, der dir dann sagt, Ja. hör auf damit, so viel darfst du nicht, es ist kontrolliert. Wieso? Weil du wirst noch kränker, die Krankenkassen verdienen noch sich Natürlich. dumm und dümmer und du gehst wieder zum Arzt und musst einen neuen Ja. Termin machen und verdient sich einen Und goldenen der Arsch. Schaden wird gemindert und nicht das Problem gelöst, sondern Ja. es wird noch ein heftigeres Problem erschaffen, um noch mehr Schaden zu mindern. Wo einfach Geld dahinter steckt. Ja, voll. Verdient jeder dran. Ja, 100%. Also weißt du, es ist geisteskrank. Eine hat letztes Mal etwas Gutes gesagt im Podcast «Die Deutschen», da lasse ich ab und zu zum Pennen. Es heisst Krankenkasse. Ja. Krankenkasse. Ja, ja. Es heisst nicht Gesundheitssystem für dich, es ist Krankenkasse. Es ist Ja. auf deine Krankheit angelehnt. Ja. Umso kränker du bist, desto mehr wird verdient, desto mehr 100%. Geld wird generiert. Ja, logisch. Das ist Safe, crazy. Mann. Das ist Ich bin crazy. völlig bei dir. Was habe ich da fragen? Also das haben wir schon beantwortet. Hast du einen Plan, was du machen wirst, falls dein Verlangen wieder raufkommt? Wieso sagen viele, die nehmen, ich muss mit Alkohol runterkommen, ist es nicht das Ziel, ein High zu haben? Da kann ich kurz erklären. Es ist halt ein anderer. Also es ist ja so, du hast eigentlich noch ein höheres High mit dem Alkohol und mit dem Koks, weil du ja ein anderes High hast, also Dopamin. Aber der Kokszustand ist für viele unangenehm, wenn sie es überdosieren. Also wenn es too much ist, das Aktivierte ist geil, aber es ist so sprunghaft, es ist wie too much. Und zum eigentlich das regulieren, trinkst du Alkohol und durch das hast du hast den Vorteil vom Alkoholrausch Ja. und den Vorteil vom Kokainrausch zusammen kombiniert. Okay. Das heißt, du hast ein ultimatives High, Ja. du bist locker, enthemmt und lustig und gleichzeitig voll fokussiert, pusht und die Gedanken sind messerscharf. So fühlt sich das an. Ja. Und darum ist die Kombination so gefährlich. Und Okay. die Leute nehmen es auch zum sich regulieren, wenn sie pennen. Ja. Sehr gut. Ich glaube, so habe ich es beantwortet. So Ja. würde ich sagen. Weil eben, es entsteht ja ein separater Rauschzustand, wo Kokainethylen einfach entsteht. Eigentlich. Da mein Bruder, hey. Schau, was mein Bruder mich fragt, bist du gay? Ich finde auch gut, dass du noch die alte Schnauze von früher hast, Ja, ja, wo man noch natürlich. Sachen sagen darf, ohne dass man gerade als diskriminierend und was auch immer betitelt wird. Von meine Kollegen bringen den grusigsten Spruch, man. Ja, Manchmal. ja, So, ja. du Drecks, Junkie und so, was du gewesen bist. Und so. Ja. Wir lachen das kaputt und so. Ja, Das ist wirklich fix. schlimm. Da schreibt noch jemand, was war das schönste Erlebnis gewesen für dich, seit du angefangen hast, den Blick nach innen zu richten? Ich würde sagen, der schönste Moment war wirklich die erste Sitzung, die ich mit meiner Mentorin hatte, Ja. die so viel gelöst hat, wo ich wirklich den verletzlichen Bub
nicht mehr als minderwertig angeschaut habe, sondern ihn konnte umarmen und konnte verstehen, warum ich konsumiert habe. Ja. So, das war eigentlich so der prägendste Moment gewesen, dass ich gecheckt habe, welche Funktion Sucht bei mir hatte, um das Bild zu vergessen. Okay. Sozusagen. Ja, da schickt mir einfach noch jemand, Hola Loco, kannst du mir einen Tipp geben, Brate? Look, ich gebe dir einen Ja. Tipp. Ja, ich gebe dir einen Tipp. Geh auf seine Seite. Weißt, ich finde das auch ein bisschen krass. Ich finde, viele machen Content gratis, wenn man keine Kooperationen hat, man das keine hat. Und die Leute sind immer in so einer Erwartungshaltung. Schon klar, wenn jetzt gefragt, stell Fragen. Aber stell Fragen, die noch nicht beantwortet worden Ja, sind. das habe ich Geh extra auf meinen gesagt. Content, geh schauen, wenn dich etwas interessiert. Verstehst? Es ist so, dass die Leute sagen, so, das muss jetzt an. Und dann, wenn es gerade das Liefer ist. Ja. Und ich finde so, es ist nicht alles TikTok-Generation. Okay, geh auf TikTok, aber studier mal, was er Ja. alles gesagt hat. Weißt? Voll. Du machst so viele Videos, du hast 600 Videos gemacht. Schau das doch mal an. Verstehst du? 100%. Ich finde es immer so mühsam, wenn du Sachen ab und zu so 15 Mal erklären musst, ja. nur weil einer die Aufmerksamkeitsbereitschaft nicht hat, dich anzuschauen. Null Angriff, ich schwöre, null Angriff. Nein. Ich will es einfach wie sagen, weil es ist viel Arbeit. Ihr habt es jetzt gesehen, 5-mal ist die Kamera abgestürzt. Weißt du, was das für eine Arbeit ist für mich zum Schneiden? Ich mache das gern, weil ich habe auch das Gleiche wie du. Ich will den Leuten etwas geben. Jetzt redet wir über Sachen, wo sonst nicht geredet wird in den sozialen Genau. Medien. Immer das, es geht mir gut da, Haftbefehl, beste Beispiel. Es geht mir so gut, ich bin der krasseste hinten dran am Depressionen schieben. Voll, zu Über das 100%. reden wir, aber ich will auch ein bisschen Anerkennung für das, was wir machen. Ja, natürlich. So. Vor allem auch soll ja Eigeninitiative kommen. Ich meine, über die Thematik, die wir reden, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Wie bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen? Ich bin auf die Suche, ich habe Arbeit investiert genau. dahinter. Ich habe gelernt und bin halt mal suchen und schauen und Ja, machen mir genau. ein Bild darüber. Und genau das ist das größte Problem bei den Leuten, die jetzt Suchtprobleme haben. Die wollen die Lösung, aber wollen nichts dafür machen. Genau. Ich kann dir 100 Tipps geben, was du kannst machen kannst, um irgendwie das System verstehen und Muster erkennen. Es wird dir aber nichts bringen, wenn die Eigeninitiative nicht selber von dir auskommt. Genau, das ist super So, da gesagt. bin ich völlig bei dir. Super, sehr gut gesagt. Ich habe eine bisschen schmerzhafte Frage. Wie viel von deinem Leben ist heute echt und wie viel ist Kompensation dafür, was du früher nicht bekommen hast? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sagen wir jetzt so, das erste Jahr clean hat nur dazu gedient, um mich aus einem Scheißloch rauszuholen, dass ich so wie eine Bedeutung habe, dass meine Geschichte passiert ist. Ja. Und ich glaube, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich langsam mich lösen davon. Und ich glaube, jetzt mit dem Prozess, wo ich lerne zu arbeiten, Ausbildung und so, wird das noch mehr kommen. Okay. Ich glaube, es gibt Momente und Phasen oder Aspekte oder Anteile von mir, die nichts damit zu tun haben, zum Kompensieren, sondern einfach sein. Und dann gibt es natürlich Anteile und Aspekte, die nur dazu da sind, um meinem Leid eine Bedeutung zu geben. Und von dem muss ich mich ja lösen. Stark. Ich glaube, das beantwortet. Das beantworten, das ist auch, ich muss ehrlich sagen, das ist auch so die Hauptfrage, die ich eigentlich in diesem Podcast war. Eben, frisst sich das nicht auf, der Content irgendwann? Ist das noch so ein bisschen eine Bewältigungsstrategie? Ich habe das erlebt, ich rede viel darüber, und wie viel ist eigentlich noch versteckt, wo du wie nicht zulassen kannst, weil du jetzt in diesem Prozess bist? Ich glaube, das ist eine krasse Frage. Ich glaube, man muss es auf zwei Sachen sehen. Das eine ist, ich will natürlich etwas erschaffen, wo Bedeutung hat, wo ich etwas mitgeben kann den Menschen für sich selber zu erkennen. Also das ist ja mein Ziel. Ich will ja eigentlich auch Speaker machen und Coachings geben, was dazu dient eigentlich, dass ich dir etwas mitgebe, wo dich so krass an dich zurückerinnert oder den Zugang zu dir wieder gibt, dass du es schaffst, alles aus dir rauszuholen. Weil das mir auch gefällt hat. Und auf die andere Seite aber ist es auch irgendwo durch so wie, man will ja auch eine Bedeutung haben in dem, was man macht. Und vor allem aber auch das, was ich erlebt habe und wie ich gelitten habe, will ich nutzen für etwas Gutes. Oder? Und ich glaube, es ist eine kleine gespaltene Frage und ich glaube, ich kann sie jetzt anders beantworten als in einem Jahr oder zwei. Ja, fix. Und ich glaube, es braucht auch einfach Zeit, weil eine Bewältigungsstrategie ist es sicher gewesen am Anfang. Jetzt ist es nicht mehr, dass ich etwas bewältigen muss. Jetzt ist es, ich will etwas mitgeben. Das Problem ist aber, ich bin an dem Limit. Ich kann gar nicht mehr mitgeben, weil ich mir zuerst selber noch viel mehr geben muss. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ich bin in dem Clinch zwischen, ich will Präsenz zeigen und Bedeutung haben in dem Content, aber gleichzeitig muss ich eigentlich zuerst mal
mehr Bedeutung geben und dem Prozess weitere Bedeutung geben, dass ich überhaupt kann irgendwo herkommen. Voll. Ja. Sehr gut. Macht Sinn. Macht sehr Sinn. Macht sehr Sinn. Ja, manchmal verliere ich mich in Ja, Gedanken nein, das ist aber gerne. auch gut. Das ist auch ein Thema, wo viel Energie drin steckt, wo viel Tränen geflossen sind, wo auch viel Schweiß jetzt die letzten 1,5 Jahre geflossen sind. Und darum finde ich es gut, dass du auch so, dass du dich erklären möchtest, dass man es auch nicht falsch versteht. Ja, ich So. wollte, dass man es nachvollziehen kann. Und du überlegst ja, wenn ich dir eine Frage stelle, eben ein Fragetyp vielleicht ein bisschen mehr als die andere. Ja, klar. Eine Frage kommt rein, wo du dich vielleicht noch nie gestellt hast oder wo eben nicht so präsent war. Und es ist auch schwierig, weil eben, wir planen nicht Fragen, ich schicke sie an Raoul, er gibt die geilsten Antworten, macht mit ChatGPT, dann kommt er präsentiert, eiskalt, bam, kommt eine Frage und du musst gerade reagieren. Ja, und es ist klar. vielleicht, wenn du daheim bist, wirst du vielleicht anders reagieren, wenn du noch 3 Stunden hast, zum wie überlegen, oder? 100%. Und vor allem auch, gell, es kann gut möglich sein, dass ich zum Beispiel, sagen wir jetzt in einem Jahr, zu der Erkenntnis komme, dass der ganze Content nur dazu dient hat, mein Ego zu pushen. Vielleicht. Ich frage mich das ja manchmal. Ja, Ich frage mich das manchmal. Für was dient der Content eigentlich? Geht es wirklich darum, dass ich etwas mitgebe oder geht es eigentlich um mich? Und dann komme ich manchmal auf Antworten, wo ich dann denke, okay, es ist ein bisschen beides. Und manchmal denke ich so, okay, jetzt will ich Coach werden. Was ist, wenn ich den Prozess mache? Vielleicht habe ich gar keinen Bock mehr, zum Coach zu werden. Vielleicht ist das meine Überzeugung, dass es mir dann besser geht oder dass ich dann eine Bedeutung kann, um etwas nicht zu spüren. Ja, ich weiß das ja gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Eben, genau. Oder? Das Und das kannst du ist nicht eben schon beantworten. mega spannend. Viele Leute checken aber gar nicht, von was ich rede, weil sie gar nicht in die Tiefe kommen von diesen Gedankengang. Voll. Ja, das ist halt schade, aber ich probiere es so einfach zu erklären, wie es geht. Hast du noch irgendeine Frage? Irgendetwas, Ja, ich hätte 1000 Fragen, aber Stell, wenn du Fragen hast. Stell wirklich. Ich kann aus dieser Folge wie 2 machen. Das ist Ja. ich denke einfach die ganze Zeit jetzt, boah, wer stellt es wieder ab? meinst du? Ja. Das ist zum Schneiden. Ja, nein, das triggert mich einfach, weil es ist so, okay, dann stelle ich es nochmal an und dann stellt es vielleicht nochmal ab. Und das ist, Schneiden ist mal eine Sache, es schießt mich schon an, ganz ehrlich, aber das ist nur die kleinste Sache. Es ist eher so, du redest, du bist in dieser Energie drin und dann hörst du den scheiß Ton. Und es ist so, Bro, sorry, wir müssen nochmal. Ich weiss, was du meinst, ja. Aber wenn du ein paar Fragen hast im Kopf, stell sie, wirklich. Ja, ich habe schon ein paar Fragen, wie du dazu gekommen bist, den Werdegang zu gehen, wo du gehst. Oder? Weil, ich meine, es ist nicht üblich, dass sich jemand für den Weg entscheidet. Oder Psychiatrie, dann Spitex, dann Gefängnis. Was hast du gelernt in diesen Sachen? Zum Beispiel Gefängnissachen. Ich kann viele, die mir schreiben, die aus dem Knast kommen und wo ich merke, es hat einfach null Vorbereitung aufs echte Leben draussen. Ja. Oder auch, was wird gemacht, dass man nicht mehr kriminell wird? Was passiert dort im Therapiesetting? Gibt es andere Lösungen? Also mir fallen 1000 Sachen Ja. ein, oder? Darum so. Also der Werdegang, wieso ich gegangen bin, ich sage so, ich rede nicht gern oder ich mache nicht gern Sachen publik, wo ich jetzt erlebt habe, wo mir sehr nahestehen. Das habe ich die Bereitschaft einfach nicht, Okay, easy, das muss ja nicht. Seelenstriptease zu machen. Aber es ist einfach, weil ich Sachen in meinem Leben auch als Kind erlebt habe, wo ich mit diesen Thematiken konfrontiert worden bin, in einem Alter, wo mein Hirn das noch nicht greifen konnte. Und umso älter ich geworden bin, desto mehr habe ich eigentlich wie Energie reinstecken, um die Leute zu verstehen, um vielleicht auch Familienmitglieder zu verstehen. Wieso habe ich das erleben, was ich erlebt habe, etc. etc. Ich würde das mehr gerne bei dieser Antwort belassen, weil ich merke, ich werde schon nervös. Aber das ist so der Grund, wieso ich es. Also ich auch aus einer Geschichte eigentlich, die mir passiert ist und wo ich gedacht habe, ey, ich mache es wie besser. Und, wir sind 4 Brüder. Wir sind alle in der Pflege, das ist auch nicht üblich. Okay. Mit alle in sozialen Beruf. Kann man schon vorstellen. Ja, also es ist so das Helfer-Syndrom, oder? Wo wir alle ein bisschen haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und zu dem bin ich eigentlich gekommen. Und auch, jetzt redet mir, ist halt so wirklich, Reden bringt so viel. Ich meine, das hast du gesagt mit dem Vater, das hat mich so berührt, ich habe Hühnerhaut am ganzen Körper bekommen. Wir müssen reden. Und es ist so, ich versuche mit dem den Leuten eine Plattform zu geben oder Menschen, dass sie von ihren Erfahrungen reden. Vielleicht hockt einer dort daheim und hat auch keinen Vater. Oder hat eine Mutter, die andere Probleme hat. Und vielleicht hört er dazu und er kann vielleicht nur einen fruchtbaren Gedanken mitnehmen und er macht es ein bisschen besser. Wegen dem stirbt er nicht, wegen dem verletzt er niemand, wegen dem im besten Fall hört er auf und wird ein anständiger und gesunder Mensch. So, das ist eigentlich meine Überzeugung, wieso der Podcast ist. Und auch das Logo ist auch so, wir haben 1000 Facetten von uns. Das alles bin ich. Du hast das Kind ich, du hast einen, der nicht gönnt, du hast einen, der lacht, du hast einen, der ein bisschen goofy ist, du hast einen, der misstrauisch ist, du hast einen Esoteriker in dir.
Du hast 1000 Varianten von dir wie in dir drinnen und das ist auch in Ordnung, das zu sagen. Voll. Es ist auch wichtig, dem allem Raum zu geben, weil es ist kein Zufall, dass du die Sachen spürst. Und darum eigentlich. Und mein Slogan ist ja, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Ich glaube, es wären viele Probleme gelöst, würden wir einfach darüber reden und uns ab und zu auch nicht so ernst nehmen und Zu nicht so 100%. wichtig nehmen. Zu 100%. So, das Das ist ist eine mega schöne Antwort. Es geht ja um den Zugang miteinander zu finden. voll, voll. Wir sind Herdentiere, es ist einfach Tatsache. 100%. Mega schöne Antwort. Gern. Ja. Und also das Spitex-Zeug, wo willst du hin mit dem Ganzen? Also was ist dein Ziel? Verfolgst du das Ziel oder bist du an deinem Ziel? Nein, ich bin noch lange nicht am Ziel. Ich habe mehrere Ziele. Ich gleise aktuell therapeutisches Boxen auf. Geil. Für Kinder, hauptsächlich für Kinder, weil ich finde einfach, bei Kind musst du ansetzen, dort kannst du am meisten bewirken. Viele haben auch im Erwachsenenleben, in der Rolle als Erwachsene das Problem von Ego. Dann lassen sie es nicht zu. Was will der mir sagen? Nur weil der jetzt ein bisschen Schule gemacht hat. So, das stoßt ein paar Mal so wie auf Granit. Was ich auch anbiete, ist genau was du sagst. Leute, die vom Gefängnis kommen. Weil es ist so, du hast null Vorbereitung, wenn du rauskommst vom Gefängnis. Will ich auch extra das geben, therapeutisches Boxen. Es ist eine Kombination aus Gesprächstherapie und sich entladen und Sport und auch Erfolgserlebnis. Weil der erste Tag, wenn du bei mir bist, boxst, wirst du nicht gleich boxen, wie wenn du 3 Monate schon bei mir bist. Und das braucht alles ein Mensch und ich finde das eine sehr gute Kombination. Und der Sport hat mich immer rausgeholt. Also nebst dem Malen mache ich auch Sport und das ist etwas, was ich weitergeben will. Ich habe noch andere Sachen, die ich machen will. Die will ich jetzt aber nicht öffentlich machen, weil sonst klaut mir jemand die Idee. Ja, aber klar. ich kann dir das nachher, wenn die Kamera aus ist, sagen. Aber es ist schon immer so das Helfen. Ja. Psychosozial und eben ja, einfach etwas Gutes in die Welt setzen. Ich will auch meine Legacy haben. Ich finde es auch schön, der Gedanke, wenn ich irgendwann ein Kind habe, vielleicht, wenn ich nicht mehr da bin, dass meine Kinder meine Podcasts schauen können und sich so denken, ey, mit diesen Themen hat sich Papi beschäftigt, wo er in unserem Alter war. Voll. So, das Mega ist, schöner Gedanke. das ist eigentlich so. Das ist ein schöner Gedanke. Und das geht ja. Etwas, ich sage immer von Herzen aus. Ja, Wenn du voll. von Herzen aus bist, aus Freundlichkeit, aus Liebe, dann fließt alles. Ja, voll. Dann klappt auch alles. Ja, 100% bin ich voll Oder? bei dir. Es ist das Ego, der Neid, die Missgunst, und Genau. der Hass, der alles kaputt macht. 100%. Und aus Frieden handelst, man. Das ist so das Höchste, was es gibt, Frieden und Liebe. Wenn die, Sicher, das wie schön fließt. wäre das, Bro? Wie schön wäre das, eine Welt, wo jeder einem gönnt, was er macht. Weißt du, was ich meine? Heutzutage, jeder will, dass du gross wirst. Jeder sagt, Bro, start mit Podcast, mach. Wenn du aber grösser bist als er, dann will er dich Ja. tun sehen. Genau. Das ist ein bisschen traurig, weißt Es ist brutal, oder? so, Leute kommen mit an und sagen, ey, Bro, ich kann auch einen Podcast, darf ich Werbung machen? Mach, Bro. Ja. Mach, sicher mach. Wenn jemand deinen Content auch, wenn er etwas mitnehmen kann, mach doch. Soll ich da sagen, nein, hört nur mit mir ist der Beste? Nein, Bro, vielleicht findest du mich ein dummer Sieg, vielleicht Ja. gefällt dir die Art nicht, wie ich rede, ist ja voll fair. Voll, Muss ja auch voll. nicht. Ich habe ein bisschen Strassenslang, ein paar haben es nicht gern, ein paar sagen, der flucht zu viel, ein paar sagen, der tut zu intellektuell, am Ende ist er einfach ein Türk, Alter. Verstehst du? Alles fair, alles fair, Ja. aber bring es konstruktiv über. Verstehst du? Voll. Ja, Hör auf ja, Hass in die Welt setzen. Es hat Genau. genug. Es hat genug. Wir müssen das nicht auch in so einem kleinen Land noch mehr Hass raussetzen. Ja, in die für Welt. was? Unnötig. Voll unnötig. Vor allem in der heutigen Zeit, oder? So. Voll. Die Leute sind eh schon am Arsch. Voll. Und So. du kannst trotzdem hässig sein. Du kannst, Ja, auch, du natürlich. kannst auch mal missgünstig sein, wenn blöd gesagt dein Vater stirbt, du laufst, einer beim Autofahren stresst dich und du ihm Nuttensohn sagst, dann ist das ja auch legitim. Ja, ja, klar. Aber verfolg den Gedanken nicht. Lass auch mal los, wie du es schön gesagt hast. Reflektier dich. Versuch das auf die Seite zu setzen und sagen, okay, das ist jetzt einfach eine hässige Version, aber das bin nicht ich. Voll, ich weiss, was du meinst. Das ist es. Dann springt ja aus etwas raus. Genau. Im Endeffekt entspringt es auch aus einem Wunsch nach Frieden. Ja, ja, Checkst du, voll. was ich meine? Ja. So. Voll. Ja. Ja, kann ich dich noch etwas fragen? Ich weiß gar nicht. Jetzt schon lang geredet, Ja, oder? wir haben lange Wann haben wir lassen angefangen? Oha, lassen wir es, komm. Etwa 3 Stunden haben wir Stunden, geredet, ja. oder? Krank. Ich würde gerne eine Frage stellen, ich würde dir eine Frage stellen, ich würde mir eine Frage stellen. Ich will keine Antwort, ich will gerne eine Frage stellen ins Publikum. Und vielleicht nehmen wir die Frage alle mit heim und überlegen, wenn wir uns alles nehmen würden, Erfolg, Ruf, Anerkennung, was bleibt eigentlich übrig von uns? Was bleibt übrig, wo wir lieben? Punkt. Mit diesen Worten, ich bedanke mich herzlich bei dir. Danke dir. Wirklich sehr schön. Ich habe es mir genauso vorgestellt, dass das riesen
Podcast-Folge wird, wo wir mega viel reden, wo wir viel theoretisches Wissen, praktische Erfahrung können kombinieren können. Falls du noch letzte Worte hast, die du raussenden möchtest, hättest du jetzt deine Zeit. Folgt, liket, abonniert, gönnt den Brüder. Jetzt redet mir! Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander und Raul Marugan, schaut vorbei. Könnt ihr sicher euch 1, 2 Tipps mitnehmen. Ciao zusammen. Ciao. Hey, danke dir.